Okay, voilà. Schönen guten Abend alle Guten, auch als Zuschauer hier am Saal, auch all die Leute, die aus der Bausen noch gucken. Ich begrüße nicht an Noventhai. Für die Gemeinderatssitzung als allererst will ich Lilian Ries und den Nico Welsch für den Noven entschuldigen. Ich habe mir dort gesehen, wir haben als Punkten, als 10. Punkt mit Präsentation an Diskussion an die Evaluation von der Enquete publique, die man lanciert hatte bei den Leuten, am Morgen du Jour und an der auch eine Präsentation von den verschiedenen Parteien von hier mal wie die sie giffen aufgehen, also wollen aufgehen, über den am Kader vom Konkurs vom neuen Dörfkehr über die 3 Projekte. Das heißt, wir giffen die Sitzung normal laufen bis 18:30 Uhr, an dann Punkt 18:30 Uhr gibt man dann die Präsentation machen, die Herren von Dresden Sommerreis machen können, die geht dann überdrohen. Ich meine, noch draußen noch annonciert. Und dann wie gesagt, giffen dann auch die verschiedenen Parteien hier um den Tisch ihren Avis dann auch dazu so. Ich meine, wir hatten den Kollege von der DP und er hat auch geschrieben, dass nicht am Dossier noch, ich meine, den einzigen Avis, den rankommt, war schriftlich war Ehren an, wie gesagt, Jana können Noventhai hier Punkte soen, und das dann das, was dann noch soll matt Herr No angeschafft, die vom Jury auch an das, was die da weiterreichen und die drei, die nach Madame, die 3 Konkurrenten, die nach zurückbehalten sind. Voilà, dann gebe ich kurz ein Kopf was las war hinter der letzten Sitzung. Ich bin der 5. Juni war Nuit des Sports, die war organisiert vom Jugendhaus zusammen mit also Sportvereinen und noch mit der Jugendkommission. Das war ein ganz großer Succès, die Nuit des Sports, trotz den Einschränkungen, die waren. Ich muss einfach ganz flott organisiert von ihnen. Sie hatten doch ganz gut abgepasst, sich viel mehr gemacht, für das allen Covid-Regeln soll entsprechen. Die verschiedenen von ihr war auch dabei. Der hat auch matt gespielt. Das war am Anfang ein ganz flotten Tag. Und hat noch wirklich gemerkt, dass als Mattbierger froh war, für endlich mal zusammen dabei zu sein, zusammen etwas zu organisieren. Von hier aus dafür ganz große Merci und Organisateure von dem wirklich flotten Event. Dann hat man den 17. Juni den letzten Workshop am Kader vom Ausbau vom Schulcampus. Da war jeweils das Lehrpersonal von der Maison Relais und noch die Älteren zusammen, für zu gucken, was sind Bedürfnisse für die Zukunft und wie sie mir dann das Schule noch funktioniert, besonders wenn Maison Relais geht, die Schule trennen wir, schaffen wir zusammen. Wie gesagt, das wird alles vom Büro d'études also zusammen an einem Rapport resümiert gehen, an auch einen gewissen Masterplan, den zusammen festgehalten ist, der wird auch finalisiert gehen. Und dann geht das so sehr wie möglich dann im Gemeinderat präsentiert, für dann zu gucken, wie man da für Zukunft dann hier um Sit 4 gibt, für dann aber dem Besuch gerecht zu gehen, die zukünftig hier an der Schule dann gebraucht. Den 23. Juni haben wir Nationalfeiertag, da haben wir auch eine kleine Feier, das können wir organisiert, wo dann der Gemeinderat zusammenkommt, wo Musikwoche an der Sportsaal für als Themen zu spielen. Es war ein kleiner, manchmal flott Feier an. Wir hoffen dann, dass wir nächstes Jahr das dann auch an einem normalen Kader zusammen mit all diesen Bürger hier feiern können, wie wir das immer gewinnt waren. Wie gesagt, heute haben wir dann um 18:30 Uhr am Abschluss von der Sitzung dann die Präsentation vom Resultat von der Bürgerbefragung im Kader vom Reaménagement vom Zentrum von Schötter. Den 13. Juli, du hast auch die offizielle Remise vom Fairtrade-Label und Gemeinde Schötter. Du musst eine Invitation kriegen oder kreieren, die auf jeden Fall NRW, so dass da alle Guten herzlich invitiert sind, dabei zu sein. Der 15. Juli geht die Schule aus, geht großer Kansun. Das ist so, dass leider das Jahr nach kein Schulfest konnte organisiert gehen, aus den bekannten Gründen. Das ist aber so, dass die Elternvereinigung dezidiert hat, zusammen mit der Schule, dass alle Kant ein Bon kriegt, für sich dann ein Buch kaufen zu gehen, was so am Anfang was dann ein Schulpreis ist, weil sie eben keinen Ausflug konnte man nicht. Ich will doch der Elternvereinigung auf dieser Platz eine große Merci so von denen die Initiative ausgeht, dass sie das dann aber das Jahr organisiert. Voilà, dann den 19. und 20. Juli dann ist dann nach einem Kolloquium hier am Kader vom Urbanistenkonkurs mit den 3 Büros, die zurückbehalten sind,
sodass die Büro dann alles mal op den Weg kriegen, wat von Umwirkungen an Evaluierungen nach Kommas, und da können die Summe meint dann ihr Projekte ausschaffen, sodass man dann doch am Hircht 4 kommen mit dem Dossier. Da wollte ich auch nach der Gemeinderat informieren, dass demnächst werde Komodo an der Zeitung sehen, für eine neue Biogasanlage mit einer Algenzucht abzurichten Site von der aller Biogasanlage voll. Ich meine, du hast ein Projekt NRW, du könntest Komodo an Zeitung dann wissen, worum es geht, wenn du das liest. Dann wird der Chef oder der Klimapakt 2.0 erschrieben, die Nummer kürzlich zurückkriegt von der Ministerin erschrieben, die werden am nächsten Gemeinderat morgen die Jour sein. Da werden wir dann noch den Bilan vom Klimapakt 1.0 dann noch zeigen. Das präsentieren wir, wie gesagt, nächstes Jahr. Und dann haben wir eine Lettre d'intention als Chefrat erschrieben für den Pakt Logement 2.0. Die werden wir an das Ministerium schicken. Und da werden wir dann noch demnächst noch mehr Informationen geben, was den Klimapakt geht. Voilà, das ist alles, was ich zu sagen habe. Dann können wir auf den Ordre du Jour übergehen. Der nächste Punkt, das Neubesetzung von 2 Kommissionen. Und da gebe ich also nicht Neubesetzung mehr, Remplacement von einem Member an 2 Kommissionen. Und da gebe ich dem Nora dann für. Ja, guten Abend. Also an dem ersten Punkt geht es um das Ersetzen von einem Member an der Jurenkommission. Und das von dem Herrn Pianon, den abhält, weil ihn an einer Gemeinde plündert. Und er geht durch Johanna Coutinho da Cruz ersetzt. An die andere Kommission, das Sportkommission, da geht den Herr Lenas Scharel durch den Herr Abgo ersetzt. Also ich ging später die 2 Nominationen dann so unzuhören. Dazu sind die Umwirkungen scheint nicht der Fall zu sein. Da gibt man darüber aufstimmen. Ali Altmaisch. Ja. Fik Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joachim Kaufmann. Ja. Claude Marzan. Ja. Serge Stein. Jo. Gilles Altmann. Ja. Voilà, dann wird das die Punkte da erledigt. Da kommen wir zu einem zweiten Punkt. Ich meine, ich hatte das letzte schon gesagt, nur der Sitzung. Wir haben hier am Gemeinderat hat man einen Posten besetzt, das war den 14. April. Da hat man den Herr Robert Mann so einen Posten genannt an der Kategorie de Traitement 1, also als A2, an einer Gruppe de Traitement A2. An eng Zugruppe administrativ. Den Herr die schafft schon beim Staat dat die Deliberation angeschickt für genehmigt zu kriegen. Lo hat das Ministerium aber gesagt, dass das aber nicht geht, weil der Mann beim Staat, obwohl er eng administrativ Arbeit möchte, aber an einem Zugruppe Scientifique et Technik angestellt ist. Beim Staat kann in einer Zugruppe Scientifique et Technik an eine Zugruppe administrativ wechseln, das geht aber nicht bei der Gemeinde. Das heißt, die Person muss am Anfang ihre Karriere ganz neu aufhängen. An Propos, die man noch zusammen mit dem Responsable vom Innenministerium dann ausgeschafft haben, dass die Posten vom R2 Zugruppe administrativ an den Posten Zugruppe Scientifique et Technik umzuwandeln. Und dann gibt man dem Mann dann auf die Posten nehmen. Voilà, das ist der Weg für das zu machen. Wir haben den Herr gewählt, den hat es gut geschehen, dann gibt es nicht da proposieren, auf die Weg zu gehen, dass er dann administrativ arbeiten möchte, wäre aber in einer Gruppe Scientifique et Technik angestellt. Sind dazu Remarken? Scheint auch nicht der Fall zu sein, da gibt man das auch so aufstimmen. Serge Stein? Jo. Gilles Altmann? Ja. Ali Altmaisch? Ja. Fik Back? Ja. Serge Eicher? Ja. Nora Foggiarini? Ja. Joachim Kaufmann? Und Claude Marzan? Ja. Merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um Verkehrsreglemente und du gibst dann im Nora. Ja, also an diesem Punkt geht es um Änderungen im Verkehrsreglement. Einkehr ist das Plateau, an der Rue de la Vallée Neuhäuschen, wo die Straße auf der ganzen Länge als Zone residentiell mit 20 km an der Stunde reglementiert wird. Das nämlich geschieht zu Schütter, wo die Straße unter der Hart auch eine Zone residentiell wird,
wo op 7 öffentliche Parkplätzen Parken op 3 Stunden mat Parkauer reduziert gëtt. Ich ging ich der Beden des Änderungen so unzuelen aus nach frohen. Also weil ich weiß, dass ich kenne, dass man am Dorf irgendwo den Stationnement avec Disk affeiern, als das da 4 gesehen, für das nach auszuweiten oder für das da just an dem Quartier, wo das 4 gesehen voll ich auch andere Plätze im Dorf geben, wo das auch absolut Sinn macht. Ja, dat dat tolle gefauerert, weil dat Besucherparkinge sie fir die Häuser an dafür wollten man dat awer limitieren fir zu verhindern, dass dat no Parkplätze gi, wo permanent Leiit hier Auto stoen. Dat den deriwwer mir hunn och iwgens Dach mir hunn Uwen noch limitiert op 3 Stunden, wo en Raffi, also fir bei de Bivi oder Robbe, dat am moment doch schon limitiert op 3 Stunden fir zu verhindern, dass du de ganzen der Auto stehen. Du hast doch. Wie gesagt, dass du just von Moje 6 bis Uwe 6, das hat sich für die Leute, die zu schaffen, stellen die Auto und hin, und dann hast du den ganzen Tag, wenn dann nicht stehen, weil die Leute an die Residenz noch besuchen könnt, die nicht an die Dave-Garage fahren, da werden Plätze blockiert. Und eben noch für zu verhindern, dass nur die Auto und die permanent durchstehen. Das ist ja aber so, dass man trotzdem die Problematik auch haben, an all den Gegenden, wo den Bus lernst fährt, haben wir aber oft die Tendenz, dass verschiedene Pendler oder Leute von außerhalb Parkplätze da stellen, dann man Bus gemütlich den per Meter Präers an die Stadt fahren und dann noch den ganzen Tag 10-12 Stunden da vielleicht den Parkplatz blockieren. Also dafür die Problematik kommen auch schon an zu Plätzen, dafür meine ich auch, dass den da misst evaluieren, ob das nicht auch mit Wanderplätzen aufhört. Ja, also das ist so, wir haben haut die Arbeitssitzung genau zu dem dritten Thema. Ich werde das ganze Parkraumkonzept, wo wir genau die dritten Punkte gucken, wo noch Plätze sind, wo effektiv das geschieht, was du siehst. Wo die Leute an den Auto durchstellen, an den Bus holen. Du merkst ja auch die Parkinge gezählt, mit das werden alles nächste Woche vorgestellt kriegen an einer Arbeitssitzung. Wir hatten der Verkehrskommission das schon vorgestellt, da ist auch hier ein Video zu gehen. Und nächste Woche diskutieren wir das, dann gucken wir vor, nach das abfeiern. Ich meine, es war ein bisschen eine komische Situation mit dem ganzen Homeoffice, mit mir, den das überall im Mund zieht, dann wir werden das dann nächste Woche diskutieren und dann das Reglement in dem Sinn dann noch anpassen. Jan? Ja, ich wollte Wort dazu fragen. Wir haben ja auch schon die 32 an der so da gezeichnet, wenn den Raffiert mit dem roten Asphalt kein extra Zeichen gemacht, getöllt einfach in einem Antrag gesagt, dass das durchgeht für die Zonen oder doch dann irgendwie ein anderes Signalement gemacht. Theoretisch sind die Zonen sind die so aménagiert, wie muss sein. Also das muss so an der Reihe sein. Können das zwar nicht aufholen. Ich meine, die einzige Zone 20, die wir bis haben, das ist der Prat. Also das ist die einzige, die wir haben, an dem Sinn. Und haben wir gesagt, dass die eng und Platte oder das so ein Sackgas, und ich meine, Rue de la Vallée soll ja auch noch nicht der größte Verkehr gehen. Dafür haben wir die 2 Dollar als 20er-Zone gemacht. Wie gesagt, ein Aménagement, ich weiß nicht, ob da alles fertig ist, die Reprise noch ganz gemacht ist, aber der Service ist das proposieren, hoffentlich, dass sie auch geguckt haben, dass das aber auch proper dann in dem Moment bezieht. Meine zweite Frage, die ist an der Rue de Neuhäuschen in der Herd, da geht ja dann mit dem Disk, der da gefällt, geht das doch dann kontrolliert, weil Abfeiern als erwähnt, an der zweite, dass ob das doch dann dementsprechend doch kontrolliert wird, ob doch funktioniert. Ja, ich meine, den Agent municipal, der kontrolliert die überall und der kontrolliert das dort noch. Die Firma den am Fond. Gut, wenn das kein Freund dazu sind, gibt mir über den Punkt aufstimmen. Serge Stein. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch. Jean Kaufmann. Ja. Claude Marsen. Ja. Voilà, merci. Und dann der nächste Punkt, das Ja, an dem Punkt geht es um dringend Änderung vom Verkehrsreglement, die der Chefverrat den 10. Juni geholt hat. Und zwar geht es um Trüde Bayern, die Aufwesel auf einer Seite gesperrt ist, zwischen den Häusern 50 und 84 vom 21. Juni bis zum Schluss vom Chantier. Der Verkehr wird mit roten Leuchten geregelt. Und die andere Modifikation, die den 22. Juni vom Chefverrat geholt ist,
da geht dem Trou du Château, beim Haus Nummer 34, da geht der Fußgänger wie neu belicht, und dafür geht dann Straße aufwärts und der Banger Seite gesperrt, und auch der Verkehr geht doch mit roten Luchte geregelt. Das dann vom 24. Juni an bis zum Ende von den Arbeiten. Und da noch froh sind. Ja. Ja, schon genug froh mit der Rue de Bayern. Also du hatten mir die Chantier, wo die Diskussionen schon waren, dass man soll bis Anfang Mai dauern und du bis Ende Mai. Und ich meine, du hast noch bis heute immer weiter gedauert. Schenkt also dann neue Chantier, oder ist das die nämlichste Chantier, respektiv, ich meine, pretty viel festgestellt, also die mal hören, viele Leute spät und an der Rue de la Montagne, dass leider alle Leute da durchgeführt sind, heißt jusqu'à la fin des Travaux, wir sind ja vielleicht können eine Indikation gehen, ob man von pro Woche schwätzen oder von pro Monat, wo die Situation da unhält, weil das ist aber schon eine ganze Zeit, wo dann dort Stoß blockiert das und dann bald alle Leute durch die Rue de la Montagne fahren und da aber trotzdem zu Belastungen für die Leute fährt. Ja, aber ich meine, das ist ja so, wenn man aufhängen, wenn man mit Luten von der Brei, okay, mit der Rue de la Montagne zu fahren, da kann ich noch an der Rue de la Montagne mal vielleicht Kontrolle machen. Ich meine, da braucht ein kleiner Meter durchzufahren. Soll ich mal drauf die Lute gehen, wie sehr es viel geht, das ist natürlich eine gerne froh. Das war viel gesehen, dass das nicht schnell ging und da habe ich nur mehr lange gedauert. Soll aber nach Post, wenn das noch alles, wenn du dran geht, Post Kreos. An die Chantier sollen Ruf verlängert gehen innen an Kreizung. Dat de Grom ist fertig, sie bis Congé vun Entreprisen mit der der Lo davon auf, wie se Post an Kreos dolo nach hier erbechte machen. Also mir hoffen, ich hatte mich gefrot, wie se ging goen oft doch bis zum Congé vun Entrepreneur mit kann awer sinn das Mënnen an der Kreizung dann de no nach de no muss awerfle die enger der derne Köier mat Lute Fuhre fir dat hinzkriegen. Da soll jo noch die Volksgängeriwwer wie belicht gin die Erbechte komme noch nach, also das schon a bis gekniffelt. Das immer ja, das immer blöd, wenn man so Sachen op Schulter schrank geht, op viele Plazen so noch immer kommen sie mir viersichtig, weil das schon zu spät dugang. Du hast noch brennende du kommen, wennst weil die Kippen du an Quarantäne, dann bast du natürlich sehr pro Wochen han dran méi wie gesot fir Kongé vun Entrepreneur mis go gemerk sie klot. Situationun as schon so, dats Luten durchstehen. Das go en ganz flott Lot, die der Roweis wieviel Sekunden das nach dauert bis geringet. An awer steet on Schuld gut paré do, also ech wieder de Sto wunnen vor der Tuch wann kringers ne. Me das net ganz eendeutig war den Lo Dir oder war der net Dirfe. Platz genug als op jeden Fall. Der Chantier ass nach just Niveau vum Trott war mat der Lute geht gut land Schnee. Ich wis net mé awerfläch enke kucken auf wat Sagler do gesot huet, dats en awer Situationun bës wie proper reglementéiert. Ja also gut paré as falls nemmi ich hat dat schon gocht gesot guckt dat Schuld do wäch könnt, weil immer schon beschéet gesot, dats du bist chaos. Ich wünsche nach Sack also da war de Schuld mu Sonne anwo sto, also das anscheinend ziemlich chaotisch. Ich beginn dann enke Fe als Service, dass die dat mal dann op Spitzen da war Mail. Très bien, dann gift man dat die Reglemente oder noch so unwellen Schwm Kaufmann, Ja, Claude Marsan, Ja. Serge Stein, Ja. Gilles Altmann, Ja, Dali Altmeich, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. an der Joch. Voilà, dann hat man dat. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es darum, dass die Stadt Lützeburg dann noch Member vom Minetkompost gehen, dass man dann die neue Statute muss nölen für mit der Stadt an da ging ich im Nora dann nicht. Also an diesem Punkt geht dem Syndikat vom Minetkompost an die Unhölle von den folgenden Punkten. Und zwar einkehr, dass die Stadt Lützeburg Member will gehen vom Syndikat, also dass wir den dann mal abholen. Und dann die Stimme vom neuen Statut. Und da geht die Deliberation dann ins Syndikat geschickt und da weitergeht in die höheren Instanzen. Also ich wollte kurz einen historischen Rückblick machen. Der Minetkompost, den ist 1993 gegründet ging, durch die Gemeinde Bascherasch, Bitburg, Könzig, Steiferding, Dippes, Stiedling, Esch, Freising, Kehl, Leidling, Monnerich, Recking, Reiser, Römmeling, Sursem und Schöffling. Die sind als Summe getan als Syndikat
für die Richten, Gestion, Betreiben und Entretien von einem Zentrum für die Valorisation von dem organischen Abfall. 1998 als uns Gemeinde zusammen mit Niederrhein für Sandfälle Konten dem Syndikat beigetragen. Dabei haben wir 5.490.180 Franken als Antrittsrecht bezahlen und nur als der Preis von 1.950 Franken Tonnen festgehalten gehen. Eine kleine Parenthese über die Fremdstoffanalysen, die sind 2019 zu Schotter gemacht gehen. An der regelmäßigen Aufstand alle 2 Jahre genehmigem wiederholt, das für einen hochqualitativen Kompost zu produzieren. Die Voraussetzung ist also, dass dort Bioabfall proper sind, erkennen oder so man wie möglich Fremdstoffe enthalten. Den Höchstwert von so Fremdstoffen, das kann Glas, Plastik, Stein oder Textilien, sind heutzutage sogar Windeln, also als von 3% vom Gesamtgewicht. 2019 sind am ganzen Syndikat 1,45 Gewichtsprozente am Bioabfall gefunden gehen. Zu Schotter war diesen Anteil aber nur 0,19%. Mit einer Verbesserung von 0,76 Prozentpunkten zu 2017 und als so mit ganz gut vom Syndikat bewertet gehen. Was Fremdstoffe angeht, die Fond gesehen haben, du geht hauptsächlich um Glas und um Folien, die noch braucht für eben an der Küche, also die Schulen, damit fortzupuchen. Für diese exemplarische Trennung vom Bioabfall, so mir und Mattbürger ganz große Merci. 2021 wird Schotter genau wie 2020 mit einer Partizipation von 14 € pro Abwohner eine Summe von 50.288 € auf Frais fix bezahlt und eine variable Partizipation von 25 € pro Tonne Bioabfall bezahlt. Wir hatten 361,28 Tonnen und der Montant die war dann also für die Frais variable auf 9.302,99 €. Zurück zum Syndikat Minetkompost an dem Text, den wir heute unholen sollen. Also ein Objekt vom Syndikat aus, neben dem Betreiben vom Center, Beraten und Assistenz an Sache Kollekt von organischem Abfall, an den Verkauf von dem produzierten Kompost an die Gemeinden, die Member sind, den Verkauf und Fördern von den Produkten, an die Produktion von erneuerbarer Energie, nämlich Biogas. Das Syndikat wird von einem Büro an ein Komitee gelegt, als ein Hauptsitz aus zu Monrösch. Alle Membersgemeinden haben meist eine Stimme am Komitee, die aber mit der Abwohner klammen kann. Membersgemeinden geben dem Syndikat finanziell Moyen, wie können zu funktionieren. Das geht auf Basis von der Pro-Rata von ihren Quotparen gerechnet. Das Quotparen geben die Gemeinden ein Recht auf so viel Prozent Kapazität, wo Bioabfall verschafft wird. Die aktuelle Anlage hat eine Kapazität von 45.000 Tonnen. Du hast uns Gemeinde ein Quotpar von 1,884%, die 219,355 € entspricht. Das Quotparen muss aber durch den Beitritt von der Stadt Lützburg ajustiert gehen, weil die Gesamtproduktion von 45.000 muss auf 70.000 Tonnen klammen. Die Stadt Lützburg kriegt durch die Besoin von 15 Tonnen Bioabfall ein Quotpar von 21,43% an die restlich 78,57%, die gehen dann in den anderen Membersgemeinden abgedeelt. Da bleiben dann aber nach 10.000 Tonnen, die durch die Erhöhung von der Kapazität geschafft sind, übrig, und die gehen dann in Membersgemeinden abgedeelt. Sodass uns Quotpare auf 1,48 fällt, mit den Tonnage, die werden an die Luft gehen, von 847 Tonnen auf 1036 Tonnen. Membersgemeinden können nun den von ihren Quotparen für die Verarbeitung von ihrem Bioabfall in den tauschen, wenn sie nicht genug oder zu viel haben. Natürlich muss die Stadt Lützeburg auch ein Antrittsrecht, den sich auf 4.744.642 € belegt, bezahlen. An die fixen Kosten sind die Amortissementen sowie die Fonds für die Erneuerung vom Center an Personalkosten enthalten, gehen auf Basis von der Abwohnerzahl gerechnet. An die variablen Kosten sind die Ausgaben in Relation mit dem Aktivitätsrhythmus, die Entretenskosten sowie den Energieverbrauch enthalten, und das geht auf Basis von der Quantität von dem gelieferten organischen Abfall gerechnet.
Das Quantität gëtt durch Verwiegung gemoost. Kächte ginn die Gemengen all Mond op Basis vun dem Tonnage verrachen an fixen, die ginn immer am Joer bezuelt. Soll den Exzident an der Resetten stoen, da gëtt den op Kont gesat, den am Fall vun eventuelle Perten oder neien Investissementer der genutzt gëtt. An der Deliberation vom Minat-Kompostkomitee vom 11. Februar 2019 war ganz klar die Feder vom Beitritt von der Stadt Lützeburg abgezählt gehen. Durch die Erweiterung von den Kapazitäten gehen noch die Installationen vergrößert und modernisiert und die Installation für die Produktion von Biogas wird verdoppelt, dazu Einsparungen an der Produktionskosten feiert. Das ist also die Occasion für den Center zu vergrößern und am moyen Term so auch die Kosten von den Membersgemeinden zu reduzieren. Die Kosten für die Erweiterung gehen durch den Apport von der Stadt Lützeburg, durch die Reserven vom Syndikat und durch Subventionen vom Umweltministerium gedrohen, sodass keine weiteren Kosten für die Membersgemeinden auffallen werden. Der Ausbau soll für Ende 2024 fertig sein. Voilà, so viel zu dem Punkt, wenn nur noch Fragen sind. Ja, egal, Jam. Ja, ich bin eng froh, ich bin halt die Dokumente da als Bedelung von der Gemeinde Schötter 219.355 € zum dem Regime. Da könnt mein Lützeburg dabei mit 21% an dem ganzen Budget. Da haben wir nämlich den Enke 219.355. Normalerweise, als das mich froh, von so potenzielle Klier wegken, müsst ihr die Kosten für die Jahre hochgehen. Das tut natürlich nicht Kosten. Das tut das sind. Das ist ein Apport Kapital. Ja, Kapital, die wir haben. Ja, wir bezahlen 219.000. Nee, wir bezahlen den nicht. Das ist das von Lo. Das ist das, was wir gegen zurückkriegen, wenn Lo alles ging. Das ist das. Ja, wir haben zweimal ein Apport an Kapital gemacht. Und das sind die 219.000 €, die haben wir bezahlt. Und Stadt Lützeburg können dabei, da muss die auch noch so viel bezahlen. Mit Eispaar bleibt immer selber. Wir haben einen Apport an Kapital für so viel, aber können zusätzlich einen Apport an Kapital. Ja. Die gehen nicht drauf. Wir haben zwar nur ein Paar, weil Stadt Lützeburg beikommt. Da müsst ihr aber trotzdem am Allgemeinen müsst ihr frei für die Gemeinde Schötter, aber für ich will heißt Gemeinde. Für allgemeine müsst ihr da am Fang geholt, Freien raufgehen. Ja, die Freien werden noch raufgehen, das tut sie die Freien nicht. Das ist, was ich früher gesagt habe. Wenn alles modernisiert wird, vergrößert wird, wird mehr Biogas genutzt. Und den können sie dann noch nutzen, für das auszubauen, und für den Bioabfall dann noch für den Kompost zu produzieren. Und dafür gehen dann Kosten noch rauf. Das war mir froh, dass dann nächstes wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich mit Freien für die Gemeinde Schötter. Ja, für Altgemengen, ja. Gut. Ja. Voilà, merci. Hoffen wir mal, das herrscht. Ja, voilà, ich meine, das war ein bisschen Dinge, also im Moment bleibt man mit den 14 € für die freie Exploitation, bei den 25 € für die Tonnage, und dann hoffen wir, dass in Zukunft aber irgendwann der Preis dann nur der Ökonomie, die Schalter mit drauf geht. Ich halte da vielleicht eine andere froh, also dass du da gut, dass insgesamt Kapazität drauf geht und noch partikulär immer Eiskapazität drauf geht, weil muss ich aber davon ausgehen, dass durch Stafferung von dem Verweihe von der Schwarzer Pubel, und der hat schon schon gesagt, dass die enorm viel mehr geringe Pubelle Bestand gesehen und man hat das von den ganzen ersten so Fall immer an die geringen Tonnen gehalten, da geht ein Tonner sicherlich das ja enorm an die Luft. Könntet du Estimationen, dass die Kapazitäten, die da sind, immer dafür durchgehen, weil wenn auch noch mehr Gemengen auf das System gehen, dann könnte ein Tonner stehen, einfach der geringe Tonner so enorm an die Luft, wird enorm an die Luft gehen. Also wir leiden im Moment noch viel in unserer Kapazität, sodass das, also Griech sagt, aber wie gesagt, geht ja auch gesagt bei den Gemengen, sie können ja in der Nähe noch, wenn ihnen dann EU eben nicht so eine große Kapazität braucht, das kann dann mit denen getauscht gehen oder eben verlagert gehen oder, also das ist schon so überraschend. Ja, wir hatten, ich meine, Nora, du gesagt, wir werden in dieser Kapazität, wir haben ein Tonnage zu gut, war in Zukunft von 1036 Tonnen, wir haben 2020 361,21 Tonnen durchgeliefert. Wo wir aber auch festgestellt haben, dass als Notbeschgemeinde dran, wenn die Leute weit über ihre autorisierte Kapazitäten, haben wir festgestellt, dass die ganze Grenzschnittcenter, den am Anfang der Rover gefolgt wird, alles auf die dran gebucht wird. Natürlich wir sind nur am Gang, mal ganz genau da zu gucken, dass wir mal proper die Statistiken kriegen. Sie werden noch eine Barriere dürfen mehr für die Achse, um Grenzschnittcenter dürfen zu regeln.
weil du Geologie kann kommen an tippen, das muss auch geregelt gehen, weil, wie du siehst, die Preise gehen, das klappert sich zusammen. Ich meine, nur nicht viel durchgefahren. Und dann hatte ich eigentlich doch gesagt, dass ja einfach ein Biogasanlage auch dann soll entstehen, wo dann noch zum Beispiel Eisservice und all die Grenzen nicht durchgefahren. Das geht dann noch nicht auf den Minetkompost, sodass ich da wirklich mal muss eine detaillierte Analyse auch machen, was die Grenzen nicht durchgeht. Ich meine, ein anderer Punkt, wo es da was ist, dass die geringen Dreckskosten, die können wir sonst nicht uns feiern. Ich meine, die geht auf den Minetkompost, dann, die muss auch in gewissen Konditionen trätiert gehen, die werden wir behalten. Nur aber doch, ich habe gesagt, muss ich nur gucken, wie das alles abhandelt, dann muss ich vielleicht Kapazitäten nachkaufen oder es ist schon mal eine Reserve drauf von 10.000 Tonnen, was ja aber schon nicht schlecht ist pro Jahr, aber da ist man alle gut dann aber hilft. Sonst noch etwas Ali, was sind das dazu so? Voilà, ich meine, da gibt man die Änderung von den Statuten so unhöllen, Feedback. Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch, Cem Kaufmann, Ja, Claude Marser, Ja. Serge Stein, Ja. Gilles Altmann Ja, und Dali Altmann. Ja. Voilà, dann wären wir da auch dadurch. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um Verkaufsrecht für ein Terrain zu Schütterung Kalek, da geht es um Serge Stein. Ja, merci für das Wort. An der Gemeinderatssitzung vom 19. Mai hat man schon ein droit de Präemption von einer Parzelle Kalek zu Schütterung Ordre du Jour. Und zwar war das die Noppesch-Parzelle direkt neben der, wo man die Haut geht. Den Terrain mit der Kadasternummer 200, die war 3737, angedroht an der Sektion A zu Schütter, hat eine Fläche von 6 R an 8 cm. Also minimal mehr groß wie eine Obstparzelle. Auch auf diesem Grundstück können just Maison unifamilialen, isolierter oder also Maison isolé oder Jumeläen gebaut gehen. Voilà, wir wollten dann dem Gemeinderat vorschlagen, auch für in diesem Fall nicht vom Verkaufsrecht Gebrauch machen, und auf die Akquisition von der Bauplatz, die für 1,150.200 verkauft wird, zu verzichten. Merci. Dazu auch, weil er keine Remarque mehr. Dann können wir das auch aufstimmen. Danke, der Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch, Cem Kaufmann, ja, Claude Marsan, Ja. Serge Stein, Ja. Gilles Altmann ja, und Dali Altmann. Ja. Voilà, merci. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um den Urbanismus. Da muss ich Tanja entschuldigen, das kann noch nicht heiß sein. Können wir ja nur mehr, dass das Projekt dann schwer Vorstand geht darum, geht hier um ein Terrain, die soll morcelliert gehen. Die Leute, wenn der von hier auf Straße fährt, für Schloss auf der rechten Seite. Und die geht vom letzten Haus praktisch bis bei der WD in Dora geht beim Schloss. Und du hast eine Demand da für den Terrain dann zu morcellieren. Da haben wir am PAG aber auch schon einen coolen Wert vorgesehen auf dem Terrain von einer Breite von 10 Meter, weil man damals der Meinung war, das wichtig ist, da einen gewissen Luftaustausch zu haben, weil da auch der dann an einer Verdiebung leidet. Und weil man immer bewusst war, dass man da auch viel Wasser den Biereler Bergruf und dass da eine Möglichkeit denke ich bestoßen, dass da vielleicht Wasser über irdisch oder innerirdisch dann auch aufgelegt wird. Das heißt, die Leute haben angefragt für den Terrain an 3 zu delen. Das wären 3 Plätze von 12,50 Meter, 12,80 Meter an die letzte hat 16 Meter Straßenfront, das sei den Hai. Und da sieht er da links, du hast dann eben die 10 Meter Breit Servitude d'Urbanisation, coole Wert, die du angezeichnet hast. Die da wo nicht dann der gebaut gehen, ich meine, an so einer coole Wert, der für kein Gebäude abgerät gehen, der für noch, also der für nicht engagiert gehen, außer eben Sachen, die am Intérêt public sind, wie Pisziklable kann ich eventuell dran machen, überirdisch Wasserretentionen, das kann ich bauen,
oder technische Installationen a wie gesagt Fußgänger wie. Kanalisationen kann in der Woche dran legen, sodass man da dann eventuell können Herr keine Kanalisation dran legen. Herr No könnt den Punkt auch nach was die Kanalisation angeht, du war schon Projekte, weil dir wisst an der Zeit haben wir paar Überschwemmungen du beim Haf Schilz, den Isländer Haf und dann dick geregnet hat Flughafen an den Rückhaltebecken, den an der Zwischenzeit auch schon vergrößert ging, also an der Zukunft doch noch besser soll geriert gehen. Wie von den Nivergelä was da kommen die ganze Boutique Pirlabero van dann hast da drinnen den an Teiser gelehrt, weil nämlich sehr genug in der Reisebund durchgelehrt. Und da war immer die für einen Kanal zu lehen, den dann do durch die Terra kam, dann give Fondsherrsch in der Eisebund durchgemerkt gehen, sodass ihn dann das direkt hin, das Wasser dann direkt hin an den Seedal auflegen. Wir hatten do Projekte natürlich aus das nicht gerade ein billige Projekt für die Diverfläche Wasser da aufzulegen. Da muss man auch eine Passage kreieren, wo man im Prinzip sich die Proprietären am Prinzip d'accord sind, die einer Seite von der Eisenbahn geht natürlich auch um Finanzement für sein Projekt, weil das wäre ganz Kanal zu legen, Fondsage zu machen. Und als Gemeinde sind wir der Meinung, dass du aber vielleicht die Verursacher auch mit partizipieren an das dem an dem Moment wird das der Staat eben durch den finden. Wie sehr das könnt, muss ich gucken, weil das ist schon so, dass man die habe ich das am Gangen für die Leitung zu lehen, wo direkt Officer vom Findel direkt an Heiler Autobahnhof an Kläranlage ginge gelegt gehen. Das heißt, du gibst das ganze Schmutzwasser gibt dem Moment raufkommen. Iwer den neuen Kollektor, den da gelöst wird, das ist alles verloren an den Rückhaltebecken Uwen aufgelegt wird, das wird auch gepumpelt und da könnt er doch durch die neuen Kanäle ruf. Und da muss ich nachwarten, da muss ich gucken, wie weit man das dann mit den Überschwemmungen an den Griff kriegt. Wir haben aber gedacht, wenn wir da einen Zauber und dann haben wir nie mehr einen Platz, wo man mit einem Kanal raufkommen kann. Du hast zwar nach DW, den da rangeht, auch da kann ich teilweise mit dem Kanal da durchführen. Ich meine, die hat auf der Skizze da gesehen, die dabei lag, dass wir da gewisse Winkel da müssen dran kriegen, sodass wir dann auch am Kader von dem Moxelement unbedingt wollten darauf halten, für die Servitüte zu kriegen. Ja, was wir nach vier hat gesehen, du hast ein kleiner Emprise, die hast dann nicht aufgetreten, die gibt am Kader von dem Moxelement dann auch aufgetreten gehen. Das ein Sohn hat das heißt, kann ein Logement pro Terrain bauen und das kann den dann auf zwei Niveaus Rez-de-chaussee, nicht eine Etage an der Retreat, kann das dann bebaut gehen. Das heißt, das gibt drei, also das vier gesehen, dass ein freistehendes Haus als an ein Jumelé, so wie das an den Plan gesehen hat. Die wären mit den Garagen, also der dehnt die Garage, das Haus ganz riert, die Garage auf der rechten Seite und dann die zwei anderen Häuser, die wären Jumelé per Garage. So hast du das mal hier gesehen. Voilà, ich proposiere dann dem Moxelement an der Form zu genehmigen, eben mit den Konditionen, dass die Emprise ungemein cediert wird, und auch mit der Kondition, dass man den Akkord kriegen für die Kanal zu lehen. Du hast gesehen, proprietär hast du mal den Akkord, die leider auch haben dran. Voilà, sind du nach Marken? Ja, Vic? Also die Terrain sind aber viel mehr tief. Sind die Terrain nur just also nehmen verkauft gehen oder gehen sie verkauft mit der Tief, wie sie am PHP 4 gesehen sind? Also ja. Das ist so, den Terrain gehört nach immer engem Proprietär. Den hat also nicht gesagt, ob es verkauft, ob er die Häuser hält. Aber der Perimeter hat schon einen gewissen Tief. Und der Rest von Terrain, wie weit silo die Leute nach etwas gehen als Quad oder so. Aber du kannst sowieso praktisch nichts dran machen, weil die Doppler sind aber immens streng, weil die in einer Geringzone kann machen. Und in letzter Zeit merkt man immer mehr, dass das Environnement passt, das Leute nicht, egal was an Geringzonen oprichten, sodass das müsste Geringzone bleiben. Und, wie gesagt, du machst Element, das du aber just gemerkt, da können wir mal gucken, ob der Dave vom ja, voilà, das ist ungefähr der vom PAG, sodass der Rest Terra, die werden sie dann haben. Jean? Ja, ich meine, du hast schon gesagt, Jean-Paul, schon 15 Jahre mindestens sind wir am Gange, wo etwas soll vergemerkt gehen.
Und dann haben wir das Problem da gehabt mit dem Aufwasser. Ich fand das eine ganz gute Proposition, dass an der Servitut, da kann aber dann Kanäle aufgelöst, die für den Wasser, was das sich auf der anderen Platz gesammelt wird, lassen zu gehen. Und ich weiß auch gerne seit 35 bin ich auch schon, dass ich da an den Zirkel führen, dass wirklich ein richtungsweisend Propos, wie das so zu machen. Nee, da wollte ich nach just fragen, der Law 1, den stehst den und die Servitut run, stehst du bis direkt runter, dann musst du noch davon danach wegbleiben. Die muss nicht, also Servitut ist auf 9 Meter. Das heißt, der Lo 1 kann gebaut geben, bis wohin du hast, mit dem drin hast die Kohle wert, das heißt, du darfst nicht dran gebaut werden. Das heißt, die können nicht da gerne heißen an das Steck richten. Was ich bauen muss, ist ein anderes Haus machen. Gerne heißt zum Beispiel, für den Rest kann das aber als Quad oder so gelöst gehen. Die Konstruktion kann die bis in den Kohle wert gehen. Ja, die kann bis da wieder gehen, ja. Also, Die dabei, kann, Haus. das Haus kann bis wieder die Kohle wert gehen, ja. Ja. Weil das schon proper so angezeigt, dass du hast schon Limite de Konstruktion, sie setzen das bis da drauf. Wie gesagt, sie dürfen noch nicht dran bauen, sie können nicht Also, so... dass dann Kohle wert darf nicht von dem Proprietär, was den soll machen, den der von die Kohle wert nicht machen. Sei gut, dürfen dran aménagieren, am Ende nicht. Gut. Okay. Ah ja, kann ich mal drauf. Voilà, da gibt es Proposition, dass wir über das Morsalment aufstimmen. Ich kann holen, Feedback. Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Gilles Altmann, Ja, Antali Altmaisch. Ja. Voilà, da bin Ich wollte aber auch noch aufstimmen. Das Serge Stein, ja, pardon, durch die Sonnen. Matthias. Das ist gut. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Voilà, da geht es dann um den Kompromis de Session, wo wir registriert haben, dass die Emprise von 1 R40, dass den Trottoir 4 lässt, den du nicht, den er immer nicht aufgetreten hast, an der gibt da gratis aufgetreten gehen am Kader von dem Morsan. Keine Remarque, gibt noch darüber aufstimmen. Serge Stein, Ja. Gilles Altmann, ja, Ali Altmaisch, Ja. Feedback, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marsan. Ja. Gut, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann um die Servitude de Passage. Ich meine, du hast gesehen, dass man auf der ganzen Parzelle, 395, 67 stand, den Droit de Passage kriegen, ob einer Breite pardon, von 9 Meter. Und da steht dann noch Rechte dran, Konditionen, dass wir dürfen das lehen, dass wir können darüber schaffen gehen, wann Beam oder selbst drauf finden, dass wir die Kinder wegmachen, dass wir auch dürfen drauf gehen, für nur Kontrolle zu machen. Voilà. Und dass der Proprietär nicht darüber baut. Und dass das so lange, die Servitut so lange gut ist, wie man dann die Kanalisation da an dem Terrain leihen. Wie gesagt, die Auto, den Schema da daneben, den Plan, war eine Idee ist, die durchschlägt, mir die, ob das genau an der Form oder ein bisschen anders realisiert wird, wissen wir nicht mehr, ob man es mal die Couloir dann reserviert, dass man da privat Terrain können gehen und nicht, dass ja nur da ein Garage an der Füße steht. Voilà, ging auch darüber aufstimmen. Vic, Ja. den Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Serge Stein, Ja. Gilles Altmann ja, und Dali Alt. Ja. Voilà, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Da geht es dann um die Resolution vom Klimabündnis gegen den Akkord vom Mercosur. Ich meine, da begrüßt man den Paul Polferheit für das 40-Stelle Paul. Kannst du vielleicht dann halt 4 hinkommen? Das am Timing hat das schon perfekt geklappt. No, voilà, ich meine, die Resolution, den Mercosur aufkommen, ich froh, was mein Schütter direkt um das zu dienen.
Das ist so, dass wir Member vom Klimabündnis sind, das Klimabündnis dann noch auf EU-Ebene dann eine Resolution geholt hat, für dann gegen den EU-Akkordo mit Mercosur zu sein. Der Pol wird das erklären, was das alles von Notdeler hat. Ich meine, wir als Schütter sind auch ein Klimabündnis gemeint. Wir haben noch Kriterien. Einerseits sind wir auch für Protektion von unserem natürlichen Umfeld. Und dann sind wir auch, setzen wir schon ran, für die indigenen Völker darum zu unterstützen, sodass wir auch dann von seinem Aufkommen dann betroffen sind. Wir hatten noch als Umweltkommission an als Agrikulturkommission, Kommission der Agrikultur, saisiert mit dem Dossier. Ich meine, die hat da wie gesehen, sie sind noch alle gut in der Meinung, dass die Gemeinde soll das Klimabündnis unterstützen gegen den Vertrag an der dote Form. Ich will mir Details präsentieren. Wohl schönen guten Abend, und dann gebe ich dir direkt Antwort. Ja, vielmals merci für das ganz live Invitation. Das gefreut, dass wir heute können die Resolution nach ein Jahr bringen. Ich wollte aber nur nicht nach ein Jahr auf den Text von der Resolution in den die Kinder an der zwei Kommissionen, wo ich am meisten heute gerade gesagt habe, auch schon drüber geschwärzt, an eine Decision geholt, dass wir vielleicht mehr drin gegangen finden, ein bisschen Hintergrundinformationen zu liefern, einfach wie wert effektiv, wie wert als das wichtig, wie wert als das auch eine Affäre für Klimabündnis respektive ein Klimabündnis gemeng. Der Mercosur, das ist eigentlich etwas, oder das soll etwas gehen, wie die EU haut ist. Das ist also ein Binnenmarkt innerhalb von Südamerika, wo 300 Millionen Menschen leben, ein riesiges Territoire von 12,8 Millionen Quadratkilometer. Am Membre sind davon Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und noch Venezuela, mit denen es politische Probleme den Amend suspendiert. Gouf ewig lange Diskussionen zwischen der EU und dem Mercosur für so ein Freihandelsaufkommen aufzuschließen. No bald 10 Jahre Diskussionen waren dann am Juni 2019 soweit. Kommission an Vertreter von Mercosur haben gesagt, wir sind als eins. Wir haben einen Vertrag stehen, der kann dann noch in Kraft treten, wann er ratifiziert wird. Und da wäre das die größte Freihandelszone, die im Moment auf der Welt gibt. Kurz darauf aber haben eine ganze Reihe von Memberländern gesagt, dass sie mit dem Resultat, was da verhandelt ging, das nicht einverstanden sind. Das waren vier und allem Österreich, die ganz vehement gesagt haben, das geht nicht. Und auch die Lützeburger haben gesagt, wir sind nicht zufrieden mit dem Vertrag. Und natürlich neben den Memberstaaten waren es aber auch eine große Allianz von Forschungsinstituten und von NGOs, die gesagt haben, was da an den letzten 10 Jahren verhandelt ging, aber was lo soll ratifiziert gehen von der EU, das passt überhaupt nicht mehr mit dem übernehmen, was die EU für sich selber an den letzten Monaten und Jahren dezidiert hat. Zum Beispiel den sogenannten European Green Deal, die EU soll klimaneutral machen. Dieselbe Green Deal sieht auch, dass das Wachstum muss von der Ressourcennutzung entkoppelt gehen. An eigentlich als dann der EU auch Standard, dass innerhalb von seinem Freihandelsaufkommens keine Region, aber auch keine Gruppe von Leuten, die defavorisiert gehen, was heißlich der Fall wird, darüber kommen ich nur noch zu schwätzen. Das heißt, es gibt wirklich innerhalb von der EU auch ganz viel kritische Stimmen par rapport zu dem Vertrag. Worum es geht gehen, also wann der Mercosur in Kraft treten, was geht du gehandelt gehen eigentlich zwischen Eis und Südamerika? Ja, mehr geben, also die EU geht in allem Industrieprodukten Richtung Südamerika wollen exportieren. Das steht, das heißt die große Teil verarbeitete Güter, dann ein bisschen Rohmaterialien und noch Treibstoffe, ein bisschen Agrarprodukte, an ein Sammelsurium von anderen Sachen.
an die andere Richtung aus Südamerika an die EU ran geben, an der Hauptsache Agrarprodukte kommen, auch ein bisschen Rohstoffe aus dem Bergbau, ein bisschen Industrieprodukte an ein bisschen andere Sachen natürlich auch noch. Mit der Gros von Eis in Richtung Südamerika wäre Industrie, der Gros von Südamerika in Richtung Europa wären Agrarprodukte. Aber wenn wir da gucken, was geht denn am Moment aus den Ländern und Agrarprodukte schon an die EU importiert, das ist den heutigen Case, da sieht er, dass es vor allem Soja ist, die kennt das, Soja ist ein wichtiger Bestandteil vom Viehfutter an Europa, gerade an der intensiven Landwirtschaft geht Vieh mit Kraftfutter gefüttert, für dass sie mehr Milch gehen oder mehr Fleisch aussetzen. Es wären Sojaschrot, also schon verschafft, aber auch Sojabohnen, es wäre Kaffee und Tee, es wäre Jüen, es wäre Randfleisch, es wäre Wes an ein Sammelsurium von anderen Sachen. Und da sind wir direkt beim Klima an, da sind wir auch beim Klimabündnis. Denn am Moment geht schon am Kader von Mercosur auf rund 580.000 Quadratkilometer Soja aufgebaut. Das ist mehr groß wie Frankreich. Also eine Fläche, die ist mehr groß wie Frankreich und deutlich mehr groß wie zum Beispiel Belgien. Dadurch, dass die Soja aber aufgebaut wird und immer weiter, immer mehr Soja aufgebaut wird, gehen Savannen und aber auch Rehbüscher umgeplot oder aufgebrannt. Und sie gehen normalerweise vielleicht als Weet genutzt. Die Weden halen aber nicht ganz lang, weil die Boden sich eigentlich nicht dafür egent, wenn die Weet bis verdrückend ist, da geht mit viel Chemie, auch viel Dünger, Soja darüber gebaut. Das ist nicht nur eine Katastrophe für das Klima, das ist auch eine Katastrophe für die Leute, die bis dahin auf denen Terrain gelebt haben. Und sie wissen, dass an Südamerika ganz viel Leute hier Proprietät zwar an ihrer Familie schon ewig schon, mit der es nicht an einem Grundbuch angedroht. Und das gilt natürlich für allem für die indigenen Populationen am Rehbusch. Du hast ja nie jeden an den Kadaster gegangen und nicht gesagt, das gehört dort im Stamm von der Guaraheri oder von so etwas. Wenn es dann überhaupt ob Tausende von Kilometern ein Büro gibt, wo ihn das hat können ummelden. Was machen die Regierungen in Südamerika? Sie machen, wie wenn es keine Proprietäre von denen Terrain geben. Und sie verkaufen oder verpachten die Terrain neu, nicht an kleine Bauern, sondern an große Industrie, Konglomerate, die dann am großen Stil Holz fällen, noch eben Weet machen, für Rindfleisch von allem, und dann, wenn das doch nicht mehr geht, eben Soja aufbauen. Produktion von Fleisch an Südamerika als Haut schon für 80% von den Rodungen vom Rehbusch verantwortlich. Wir haben eigentlich alle heute nach ein bisschen so am Kap, dass der Rehbusch von allem umgehört gehen, wenn es dem Holz. Nicht Holz ist mittlerweile eigentlich nach schüss ein Nebenprodukt. Ja, die Großfirmen, die Großgrundbesitzer, die Industriepharmafirmen, die wollen an den Boden kommen, für Rander zu züchten und dann Soja umzubauen. Und es geht eben angeholt, dass wenn der Mercosur-Vertrag ratifiziert wird, da geben rund 50% mehr Fleisch, also Randfleisch, an Pouletfleisch, wie visuell aus dem Mercosur nur der EU exportiert. Dabei muss ich wissen, quasi all Soja, den am Mercosur-Gebiet angebaut wird, als genmodifiziert. Das heißt, es sind eigentlich Pflanzen, die an der EU nicht erlaubt sind, umzubauen. Und die gehen ganz stark mit Pestiziden gesprayt. Hier ein Beispiel aus Südbrasilien zum Beispiel, also Usus für 12 bis 16 Kilo Pestiziden auf 1 Hektar Sojafeld auszubringen. An der EU geht das selbst gemacht mit nur einem Kilo pro Hektar. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel in Brasilien
Wert dafür die Rückstände, die auf die Lebensmittel dafür sind, viel mehr hoch sind. Sie spritzen ja auch viel mehr wie mir. Also bei Lebensmitteln als das, was erlaubt, dass zum Beispiel Glyphosat auf dem fertigen Produkt nachzuholen, als 10-mal mehr hoch beim Kaffee und 200-mal mehr hoch bei den Sojabohnen, wie das bei Eis erlaubt ist. Wo kommen sie das viel Gift? Ja, das ist die andere Seite vom Deal. Das ist nämlich den Interesse, den die EU oder gewisse Firmen an der EU darunter gesehen. Das klar, dass der Mercosur-Vertrag auch zustande kommt, weil gewisse Industrien an der EU, auf in allem auch die Chemieindustrie, dafür gesorgt wird, dass die Gespräche auf Führung gefordert gehen. Für was? Weil sie an hier Länder, an die Mercosur-Länder dann können Pestizide an andere Gifte exportieren, die sie bei Eis gar nicht mehr dürfen auf den Markt bringen. Und das klar aber, dass man über den Import sehr wird vom Fleisch oder sehr wird vom Soja oder sehr wird vom Wes oder sehr wird vom Kaffee, die Gifte auch zurück bei Eis werden importiert. Wie gesagt, das ist eine breite Allianz von Memberstaaten, auch von Forschungsinstituten, von ONG, die probieren, den Mercosur-Aufkommen zu verhindern, darunter eben noch das Klimabündnis. Wie gesagt, weil als indigene Partner am Süden extrem weiter in der Druckwette geraten, weil immer mehr wird probiert, hier ein Territoire hin in den Wäsch zu holen, für darüber Wheat oder Sojabohnen können zu machen. Und dafür haben wir die Resolution am Kader vom Europäischen Klimabündnis letztes Jahr am Hirsch auf der Juriskonferenz, auf der internationalen Juriskonferenz angeholt. Die Lützeburgische Klimabündnisgemengen haben das auf ihrer Pläne am November auch gemacht. Wir haben aber damals gesagt, es wäre wirklich flott, was viel von unseren Membergemengen das auch nach eingegeben bei sich am Gemengerat diskutieren und auch vielleicht stimmen. Und ich fand es exzellent, dass hier auch Kommissionen angebaut gesehen, angebunden gesehen, mit ihrem Avis. Die sieht hier drinnen die Lützeburger Gemengen, die das schon gemacht haben. Die Last waren Losusum an Hesper, die sind noch ganz rezent nach dabei kommen. Und das ist wirklich wichtig, für den Druck aufrecht zu erhalten, weil den Amend als der Mercosur oder die Ratifizierung, besser gesagt, vom Mercosur-Vertrag auf Eis gelöscht ging. Weil eben Länder wie Österreich oder wie Lützeburg gesagt haben, das passt das nicht. Andere Länder haben aber gesagt, zum Beispiel Portugal und Spanien haben gesagt, wir fanden den Mercosur-Vertrag tipptopp, aber wir hätten gerne, dass er ratifiziert wird. Wir haben 10 Jahre darunter geschafft. Das ist also richtigen Druck da, auch auf Länder wie Lützeburg und wie Österreich, die nie gesagt tun. Die Kommission selber hat immer gesagt, und noch sieht er doch heute noch, dass sie für den Mercosur-Vertrag sind, dass sie nicht wird abgehen zu probieren, eine Ratifizierung von dem Mercosur-Vertrag hinzukriegen. Und die Majorität am Europaparlament hat sich zwar auch gegen den Mercosur-Vertrag ausgeschwert, hat aber eine Handeldier abgelöst, an dem sie gesagt haben, so wie ein Lo ist, aber vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Änderungen durch. Und da das offensichtlich auch Strategie von der EU-Kommission und noch von der portugiesischen Ratspräsidentschaft für gewisse minimalistische Änderungen nach am Vertrag zu machen, am Akkord mit den Mercosur-Staaten. Und für das können sie so, ja, lo, also das ist nicht gerade so schlimm, lo könnte man ja aber ratifizieren. Die Manövern haben wir ja auch schon bei anderen Freihandelsaufkommen wie CETA und TTIP gesehen. Dafür wäre mir froh, wenn heute Abend die Gemengerat die Resolution gibt stimmen. Aber gerade so froh wäre man dann noch, wenn das dann soll ziehen, dass Gemeng die Resolution der und den Außenministerium, er hat ja dafür auch einen Brief beigelöscht, für den ein Außenministerium zu schicken. Weil das klar, dass ein Außenminister, den muss direkt gestärkt kriegen. Für das auch weiterhin am Kader von den EU-Außenministern, die sind zuständig für Freihandelsakkorden, kann so
wir sind nicht verstanden, weil bei Eis sind Leute massiv dagegen, Eisgemengen sind dagegen. Voilà. Und übrigens, das steht ja auch an der Resolution, am Text von der Resolution, so ein Freihandelsaufkommen zum Beispiel gibt ihr als Gemenget auch unmöglich machen, für gewisse Produkte, die aus dem Mercosur kommen, zu refusieren, zum Beispiel bei einer Ausschreibung. Wann die Produkte bis zum Beispiel Soja, also Gemeng käft okay Soja, das ist so ein schlechtes Beispiel, Kaffee, Gemeng käft aber vielleicht Kaffee oder so Lebensmittel für die Kantine zum Beispiel. Wäre es ganz schwer, für bei einer Ausschreibung zu sagen, wir wollen den doten Kaffee oder die doten Lebensmittel aber nicht. Wann die Produkte bei uns um Marché sind, gehen sie erstens mal gemischt mit anderen Produkten, da weiß ich gar nicht mehr, wo kommen sie eigentlich hier, wie stark sind sie belastet, dass also auch quasi der Gemeng den armen Gebiet so ein Vertrag, für das sie nicht mehr kann unterscheiden zwischen dem, was sie eigentlich will kaufen und zwischen dem, was sie eigentlich nicht will kaufen. Voilà, das wäre von meiner Seite gerne noch froh wären. Ich soll schon mal merci. Ja. Merci Paul. Vielleicht mit das Moment für Fragen stellen, es herrscht, da wird direkt gehen. Ja, merci für den Exposé. Vielleicht eine Klarifikation, wenn ich noch zum Schluss werdet so, wie wenn wir die Resolution verstimmen, dass man kategorisch gegen so Freihandelsaufkommen zwischen der EU und dem Mercosur wäre. Wenn ich aber die Resolution so lesen, die am Anfang soll gestimmt gehen oder in der Droge, da steht aber auch ganz klar dran, dass am Anfang du gehen, dass wir so an der heutigen Form, wie sie Haut existiert, aufzulehnen. Voilà, ich wollte jetzt vielleicht präzisieren, weil bei ihr hat es da so man sollte kategorisch gehen zu einer Form von Freihandelskommen sehen, anspannend du aber ich meine, die hat am Anfang gesagt, Mercosur als Wissensvergleiche wie mit der EU. Das Prinzip vom freien Handel sollte nicht, schon richtig an, bringt viel Vorteile und auch das Prinzip von der Kooperation im internationalen Plan bringt viel Vorteile. Wir werden die Resolution ganz klar drohen, weil wir so die ganzen Punkte, die Rolle abgezählt wird, die sind absolut wichtig. Ich meine, das auch nicht, dass man prinzipiell sollten sehen, für international zu schaffen und noch den freien Handel unter Konditionen zu unterstützen. Ja, das stimmt ganz klar, den Text von der Resolution, und die hat absolut recht, an der Resolution steht auch, dass der Mercosur-Vertrag in der heutigen Form für die Gemeng nicht akzeptabel ist. Das ist ein bisschen wie beim Europaparlament, das hängt dir eine Handelsdierchen ab, aber es muss sich natürlich dann, wenn es zu weiteren Verhandlungen kommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, muss ich gucken, was bringen die Verhandlungen, ändern die wirklich etwas Konto-Fond, Vertrag und dann, voilà. Das ist ganz klar, dass keine Resolution gegen das Prinzip vom Handel oder vom Freihandel. Voilà. Ja, ich meine, ich habe schon recht, das ist wichtig, ein Freihandelsaufkommen zu haben. Es gilt eben immer darum, dass jeder in dieselben Konditionen hat und dass Standards respektiert werden. Ich meine, das ist ganz wichtig. Steht ja auch da klar dran, dass man das gehen an ich meine als Kommission war Jorens als das vielleicht nein den so so ein Gilles. Ja, Jean-Paul ist effektiv geschwert. Ich hatte auch die Chance an den zwei Kommissionen von der Landwirtschaft und von der Umwelt können und dem also unengem Avis zu dem Thema do mat zu schaffen. Das für mich eine immens komplexe Thematik gewircht. Und so vielmals merci für den flotten Vortrag, den wir aber den Noventieren haben, den das Ganze aber noch ein bisschen mehr klar gemacht hat. Und ja, so rückwirkend hat es geholfen, von in den Vortrag 4 Runden am Ausschaffen so Avien gehört hat. Aber das geht aber nicht dazu. Weil ich meine, zu den klar hören, dass die Auswirkungen, die so in Aufkommen an der Form auf Natur hat deutlich gewesen hat, an unseren muss effektiv verhindert gehen, dass natürlich Natur und Lebensgrundlage von den indigenen Völkern ob eben Kosten von unserem Lebensstil, dem hier in Europa geht. Ja, weil die Auswirkungen auf unsere Lokallandwirtschaft sind eigentlich auch gravierend. Ja, wenn so viele Agrarprodukte hier auf den Markt kommen, eigentlich geht das absolut gegen den Wunsch, den wir im Moment tun, auch als Lokallandwirtschaft zu stärken und die kleinen Bauernbetriebe zu stärken. Voilà.
Auswirkungen, die dat noch kennt op also potenziell kennt op Handhabung vun enger Gemeng bei Ausschreibungen fir Produkte an se hunn waren mir net bewusst méi schmengen die verschärfen die ganze Thematik am menggen andere bis an dafür ge für mir natürlich die Resolution die den ofen präsentiert gin ass géint dat EU Mercosur aufkommes an der Form gerne unterstützen. Merci. Merci Gilles. Champion. Ja, aber ich wollte just doch so von der Agri-Kommission, dass so pur wollen, was soll den Handel sinn, also die Agri-Kommission, Agrikultur, wie wir uns nennen, wir haben intensiv auch darüber geschwärzt, wo auch Leute nach was dran sind. Und da geht es tatsächlich über die Agrikultur, wo wir uns darüber Katz zerbrochen und noch da in einem Dokument ja, auch geschrieben haben, für dadurch zu bestärken und hauptsächlich für uns Landwirtschaft und Silvicultur, für dadurch noch viel zu bringen und noch darauf hinzuweisen, dass das für die Sprache ein ganz großes Problem gibt, den wir dort an plus auch nach einer Sprache auch daran beteiligt sind, das jedenfalls der Avis von der Agri-Kommission. Merci Jean. Ich will dann kurz den Avis von der Umweltkommission auch agon, die hun auch da davon geschrieben, weil er gesagt ging, dass das ganz klar ist, dass aufkommen ist, dass dann nicht so vorgestellt gehen, dass das sowohl Vorteile für die Mercosur-Staaten wie auch für die EU mit sich bringt, dass aber ganz wichtig ist, dass das so dass die Verbesserungen am Abkommen sind so zu gestalten, dass die globalen Verpflichtungen in Sachen Klimaschutz und Bewahrung der Biodiversität sowohl von den europäischen als auch den südamerikanischen Staaten eingehalten werden können. Und da schreibt es natürlich Satz, den auch nicht schlecht, dass Klima- und Biodiversitätsschutz sind für die Zukunft der Menschen wichtiger als ein Freihandelsabkommen und müssen dem Vorrang haben vor rein wirtschaftlichen Überlegungen. Ich meine, das Mensch alles gesot an ich meine, wir sind als allein den Durch, dass der Tote muss ganz stark nur gebessert gehen, und dass wir da wirklich das Klimabündnis unterstützen am Sängerresolution. Vorher können wir darüber aufstimmen. Claude Marsan. Ja. Dann Serge Stein. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch und Jamkau. Ja. Voilà, dann machen wir da durch. Cool, ich würde dir merci so, dass der Zeit ist, den Ofen, für dann eine kurze Zeit nach zu präsentieren. Ich so große Merci und ich Merci. Gut, dann da kommen wir schon bei Froh von den Conseilleren, da haben wir schriftlich gekriegt, wenn er einen mündlich nachhört. Gilles? Ich hatte ein kurz froh, das ist ja so, dass durch die Kraftrede vom CGDs do aufkommes mit den Gemengen ausgehandelt gesehen für die Nutzung von Gebäulichkeiten, von Ersatzzentren, wo ja auch Damikalen oder die SBLen zum Teil mit unterbrücht sind. Da hat sich herausgestellt, dass hier an der Gemeng deren nicht mehr zugänglich sind, die für Damikal zugänglich waren. Und da scheinen wir ein paar Unklarheiten zu sehen, wen da Decisionen getroffen wird oder wie das zustande kommt. Und da wollte ich dann kurz dazu vielleicht Stellung zu holen oder zu suchen, ob darüber etwas gewusst ist. Ich will nicht direkt darüber mit, dass aber mir ganz klar darauf gehalten, wie wir damals den Kontrakt gemacht haben. Da steht ganz klar dran, dass der Mikalmis die Räumlichkeiten können nutzen, die da dran sind. Da haben wir damals Wert drauf gelegt. Man muss da nur ein Kanal gucken, für vielleicht auch gut von dann Mikal ein Kirgif vielleicht bei einem Slash kommen oder eine Rundrede, für dass man wirklich ein gucken, wo als Pferd so gemacht gehen, und dass man da wirklich eine Einigung fanden, weil war damals schon ein bisschen durch von der Mikal, weil eben die Küchen und alles da ist, wo sie aber die selber brauchen, für zu gesehen haben. Ich meine, wir waren also am CGDs eins, und wir sollen das dann aufklären, und wir kümmern uns darum. Jo, Claude? Ich fand das eine gute Idee, für dann eine Reunion zu machen mit das Bell. Ich fand, da muss ein Centerschaber auch mal davitiert gehen. Ja. Weil hier noch so den responsabel ist über die Gebäulichkeiten vom CGD. Ja, ich meine, die Tieren veranlasst hat, hier die Tieren zu sperren. Das ist der Nächste, den man auch da muss kommen. Ich weiß auch nicht, wie Sie kümmern sich selber um den Zusatzcode, Serge, oder wie geriert das?
Zugangscode Nee, normalerweise von Mathebätchen aus dat gëtt jo inhaus geriert vun der Gemeng an natürlich lo kann sinn, dat das van der toten no engkeier der Fall war, wo Taxe net garantiert van Kasin dat een technische Problem fir loch. We wann der wo effektiv wirklich permanent an noch ärner mat dat lo net bei engem Badgers mit wann der Lomé sinn, da schenken effektiv eng Sach vun der Konfiguration zu sinn. Und ich denke, dass wir da dann an unsere Service in-house müssen kontrollieren lassen. Weil dann, soweit ich weiß, wird ein Sejedition nach chinesischen Access-System montiert. Und sie geben mir unsere Bachelor oder unsere klassischen Bachelor, wo wir gehen sie ran. Genauso gut auch wie Amica. Ich weiß auch nicht, wo ihr eigentlich das beschreibt, mit so einer Baudieren elektronisch Schloss, das ist ja noch normal sind da. Da kann es sein, dass vielleicht Schlösser gewechselt sind, ohne als Kenntnis. Und da muss man das eben klären. Voilà, ich meine, wir gingen das aufklären und dann, wie so wissen wir das, da können wir etwas machen. In Zukunft so Sachen sind, so, da ist einfach Bescheid. Ich meine, wir sind als Gemeinde stehen, aber da hat dass die Achse behält, die da hat. Voilà, sonst käme ich froh, dann Hobby Publik, den dann ein klein froh. Er kennt kein Mensch dahin, für mal einen Grund zu drehen. Und die wäre sonst nicht so, aber neuerdings wäre sie so. Und dann habe ich durch den Punkt, dass wir schon übergesprochen haben, in der Rüde Bayern. Also, da muss da wirklich etwas in der Ruhe. Das ist schon jeder den Woche, das nicht mehr nutzen machen. So. An dem Schanzje steht ein rote Lue, mit der kein Mensch rauffuhr. Das habe ich dann nicht erlebt. Und dann oben, wenn es lo empty ist, dass der Mann so ein schön geringe Lue steht, 100 der Barriere. Du fixierst dich auf die geringe Lue, das alles, dass du nicht durch die Barriere rennst, für hier so riedest. Also, das kann kein Mensch mehr seriös hören, was lo zum Beispiel in Wochland schon wieder lebt. Guck das richtig nach, weil das nicht ist. Ja, ich meine, wir müssen da generell gucken, was die Signalisation von den Chantier. Wir gehen das alles immer ein bisschen auf die Lichtschelle. Also nicht mehr als Chef, aber die Leute, die da responsabel sind. Und wir müssen wirklich gucken, auch die Entrepreneur, mit denen muss ich noch rein schwätzen. Sie sind nach zu ledrig, für die Leute dann nimmt. Wenn ich just umzudrehen, dann wäre es gut. Wir gehen noch mit Barrieren, da immer, beim ersten Auto hat die Diskussion mit einer Barriere, wo die W von Eifelhaus darauf können, ob den Tritt war, wenn ein bisschen weiterfährt, wie die Abdick. Op enger Seite se de Promoteure hun den Terren an net CDiert und Gemeng, do sinn op Kleinigkins flicken, dat das nach ich will Responsabilitéit net hullen, Kleit gin awer dadurch, da steht er wie eng all Barrier do dann drecke se déi op den Tritt Leiit ich mir so kann er soll man will an Schul kom voll an Schul kommen, da strllen die Dinger dodro, dat sie sagen, da muss man viel méi se nach kontrolieren an. Sie schon ewig handelt, so man Drecksköchten immer dieselvig Geschicht wo am Gange sinn. Das Leute nicht so am Tritt waren die Blut tut, also geht noch einfach vor Publikum wird für alles geholt an wir werden die Sachen da aber probieren an Zukunft da wirklich noch ein bisschen besser zu legen. Serge? Ja, bei den Chantier da haben wir auch noch 4 Drünnach darüber geschwärzt gehabt am Chefrot. Bei den Chantier sind natürlich auch Büro d'études. Und mir ein bisschen so die Impression, dass in letzter Zeit Büro d'études irgendwie die Sachen nicht mehr so seriös holen, was eine Supervision von einem Chantier ist. Natürlich, das ist wohl ein Teil von ihrem Package. Sie sind nicht der Meinung, und sie sind auch responsabel für die Organisation von einem Chantier. Natürlich zusammen mit den Services, aber es kann nicht sein, dass ein Service, ein Leute praktisch den ihr Arbeit zu einem X-Prozentsatz von ihrer Zeit machen. Das ist wieder von meiner Meinung zu der Geschichte auch. Ich meine, indem ich ein bisschen kennt, weiß, dass ich nicht immer positiv zu Büro d'études ihrer Arbeit stehe, aber in diesem Fall soll effektiv die Leute auch mal ein aufmerksam gemacht werden, was ihre Arbeit dann sich ist.
Dann habe ich noch eine Frage an der Rue de Münster bei dem Bauer Bertrand. Du hast so einen Zebrastreifen gemäht in den Lut, wie gesagt, du steht noch immer so ein Leitberg mit einem dicken Klopsen drin. Hast du viel gesehen, demnächst an der Gemeinde, dass die Luten ähnlich das signalisiert? Die Lut innen, Ja. de Masten, Wie? de Maste von der Lut. Ja. Da sind nicht dran rennt. Ja, da hat man gesagt, wir gehen gucken, für du etwas rundherum zu, weil noch das denen denke, man denkt, man enger Blut hackt, weil das war ein bisschen sing so, auch wie man, das steht da in der Mitte von seinem Hafen. Wir sind schon ganz dankbar, dass wir hatten Akkord gehen, da hinzusetzen, weil das war nicht evident. Wir mit dem Fußgänger, wie sie im nicht da durch, weil du hast Probleme mit der Lut, die Leute voll an Stoff scheint. Also das ist alles nicht evident mit den Belichtungen. Da mit den LED-Straßen Luten. Für die geht es über das Land regiert, dass nicht genug gegen Licht, Loklo und Leute natürlich. Mit das auch schon noch heute dort gefühlt, dass sie Top-Techniken, wir haben da Friede, so man die wirklich am Griff, weil du liegt mir dann die Leute voll an Teise an, du musst ein bisschen noch gebessert gehen. Wie gesagt, der Toten wesentlich, da muss man gucken, wenn man da rundherum ist. Nee, aber das ist gefährlich, wenn es nicht aufpasst, kannst du drauf fallen, hier hat den dicken Klotz drin. Ja. Die da stehen, ja. Und Nee, dann gut. für Information noch, da schon nicht da für die Leute, das ist nicht reguliert. Für die Lut. Ja. Ja, da soll der Kap gewechselt gehen, auf einer Lut soll der Kap gewechselt gehen. Und das ist auch die Lut von dem Zebrastreif, weil ich meine, wenn die Novis, leider geht es immer relativ spät tun, aber wenn die Novis da gesagt, die Fußgängerlut, die scheiden enorm noch an, die Leute wirklich voll an Stufe ran. Und dann haben wir nach die, wenn du an Datzingen raffiert, du hast ja auch die Lut, die A-Lut, du hast einfach ein LEDs Kap da dran gesagt, mit das ist so grell, ich meine, wenn es von dir dabei, du kannst gucken, mal wie an die Lut. Das ist einfach alles, wo ich mir aber froh, ob man da nicht doch muss, ein bisschen mehr an Zukunft gucken für die Leute aber so anzustellen, dass aber nicht Leute zu viel belästigen. Ich meine, wir schwätzen überall von Lichtverschmutzung. Da sind noch ein paar kleine Foren nötig. Ja, Jean? Die Noten, die Bayern, die wird ja verkauft. Ja, die sind verkauft. Die sind verkauft. Die sind alle gut verkauft, ja. Kann ja vielleicht gewöhnen, was dort der Preis war. Was haben wir da? 50 Euro oder was? Wir hatten ein Minimum gesagt, und war Licht drüber. Also, es war ein bisschen über dem Schrottpreis. Wir sind wirklich nicht reich gehen. Wir haben uns aber gesagt, ihr müsst aber nur verschrotten. Es sind noch Leute aus der Gemeinde, die sie teilweise gekauft haben. Ich meine, das haben ein paar Leute in Frieden damit gemacht. Voilà, ja, Serge? Also, wenn wir da bei der Straße Leute sind, da wollte ich schon etwas machen. An der Rue du Village, das mit Läschke so gefallen, wie ich da durchgegangen sind, wir haben das ganze Projekt gemacht, Ja. für schöne breiten Ja. Trottoir zu kriegen. Viertel hatten wir schmalen Trottoir an der Stunde Fluchten, aber schön an der Grenze zu den Terranen, lo haben wir einen schönen breiten Trottoir an, lo haben wir die Fluchten mitten am Trottoir stehen. Das wäre auch natürlich etwas, den in Zukunft ein bisschen bedenken, wenn ich schon den Erfahrung möchte, die besser über den Trottoir kann gehen oder fahren mit der Welle, mit der Kanne, dann ist es nicht sinnvoll, wenn man dann die Luftbotto mitten an den Talschen von der Brett setzen. Ja, aber das ist das Konzept von dem uns gewirrscht, dass da die Leute soll ein bisschen, dass das einfach ein anderer Raum soll gehen, das haben drunter belegt für, gut, dass das so gestimmt gehen, ich habe ja doch gesehen, die Leute durch den übrigen auch nach da, die haben noch schon Leute gesagt, bleiben die auch noch stehen, die los mal stehen, die gehen ja noch rausgeholt, aber die sollen ob das Stück, was nach dem Bauernhof an evasieren, da sollen die dann ja noch hingesagt gehen, weil da stehen der dafür, das dann Circle Economy, da regeln wir die dann da in. Dort gesehen wir in Orlo schon, die wir regeln, die wir nutzen dafür, das Stück da zu straßig, zwischen dem Lehrbier an der Schloss gewesen. Da ist Orlo keine Sockel gesagt, weil da war ja immer auf der linken Seite stehen ja du weh, die gut belegt war, den nicht weitergegangen, also auf der rechten Seite war kein Luten, die müssen noch demnächst wegkommen, dass das dann noch an der Reihe ist. Aber wir probieren, die Luten alle so weit wie möglich zu nutzen. Wenn ich sie bis aufgebaut habe, das alleine an einem Markt, das ist auch immer sehr futtig dafür. Gut, ich meine, voilà, was ist nicht mehr wird, da gebe ich so, und dann gibt man mal die Sitzung aufschließen, dann gibt man es an 10 Minuten da gesehen, für dann Präsentation von der Bürgerbefragung am Kader vom Schütterdorfkehr. Da gebe ich euch für den Moment merci so und dann bis gleich. Das just die Mission lebt an sich weiter. Ich denke, dass der Pol vielleicht ein Standbild mal ablehnt. Auf jeden Fall können alle Guten vergisst nicht 6:30 Roman zu schalten. Bis dann. Merci.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Schommer und auf der Gemeinde Schötter sind ich unter anderem zuständig für die Volley Trinkwasser. Also Wasserservice geriert sowohl die Mise en œuvre vom Réseau wie auch Betriebe an den Entretien für sämtliche Trinkwasserinfrastrukturen. Hierzu gehören noch regelmäßig Analysen für die impeccable Qualität von unserem Trinkwasser können zu garantieren. Hier am Busch zwischen straßiger Sandpfeiler, mehr genau auf der Baumillen, steht also Mischbassin, an dem Wasser von den Zurquellen von der Gemeinde Schötter zusammenlebt. Rezent ausgewiesene Trinkwasserschutzzonen an den engen Kontakt zu den Akteuren, die an diesen Schutzzonen aktiv sind, tragen dazu bei, dass das Wasser eine exzellente Qualität aufweist. Die Gemeinde Schötter ist überdem um den Réseau vom Trinkwassersyndikat Zidere angebunden, den das zusätzlich mit Wasser vom Stausee versorgt. Das ist zum einen wichtig für Verbrauchsspitzen am Sommer aufzudecken, aber auch als Sicherheit und Depannage für den Fall, wo ein Quellenmist vom Netz geholt geht, respektive von Quellen und Behälter genutzt gehen. Am Hintergrund sehen wir gerade das Chantier für die Neufassung von einer von unseren 2 Quellen. Die aktuelle Quellenfassung befindet sich unter der Straße und wird aus Sicherheitsgründen deplaciert. Mittels Horizontalbohrungen können wir durch das Wasser am Hang über der Straße aufgreifen und riskieren somit keine Pollution durch den Trafik oder einen eventuellen Accident. Aus dem Mischbassin geht Wasser dann an als 2 Erdbehälter und Neuhäuschen an zu Schötter gepumpelt, für von dort aus am Verdeilernetz angespeist zu gehen. Hierbei funktioniert die Regelung von den Zulauf und die Nachfüllung von den Behältern vollautomatisch. Ein performant Fernüberwachung analysiert kontinuierlich ein helle Parameter und schickt am Fall von einem Problem einen Alarm auf den Handy von unserem Mitarbeiter. Das können sich dann auf das System konnektieren und schnellstmöglich reagieren. Heute befinden wir uns am Bassin auf der Schötterhaag, aus dem Bewohner von den Wirtschaften Minzbusch, Straße, Schötter und Ivasiere mit Trinkwasser versorgt gehen. An diesen Fenstern befinden sich 2 Küven mit insgesamt 1000 Kubikmeter Wasser, das anschließend durch die rund 40 Kilometer Leitungen bis bei den Endverbraucher transportiert wird. Wie aufzuschließen nach ein paar interessante Zahlen. Mit seinen 2 eigenen Quellen kann die Gemeinde Schötter aktuell rund 60% für seinen Trinkwasserbedarf aufdecken. Die restlichen 40% geben dem über die Zidere bezogen. Über die letzten 3 Jahre geguckt, lag der Trinkwasserverbrauch in der Gemeinde bei rund 280.000 Kubikmeter pro Jahr, was einem durchschnittlichen Verbrauch von knapp 770 Kubikmeter am Tag entspricht, respektive rund 180 Liter pro Einwohner am Tag. Voilà, ich hoffe, diese kleine Anblick an die Kulisse vom Wasserservice hat euch gefallen. Und da geben wir uns freuen, wenn ihr auch die nächsten Videos über die Gemeinde Schötter zuhören. Adi, bis geschwind. Moin an herzlich willkommen. Mein Name ist Alain Duhn und ich weise euch schlo als Servicetechnik von der Gemeinde Schötter. Also Servicetechnik ist abgedeelt an 2 Teile, einmal die Service Urbanisme und einmal die Servicetechnik. Fangen wir mit dem Service Urbanisme an. Hier bekümmert sich Tanja um all die kleinen und großen Baugenehmigungen. Zusammen mit dem NUGO von hier über das letzte Jahr über 130 Baugenehmigungen ausgestellt und kontrolliert. Der Service Urbanisme kontrolliert bei allen Bauprojekten, ob klein oder groß, bei allen PAP, ob die Vorschriften vom aktuellen PAG und ob Baureglement angehalten werden. Alle neue Projekte, die die Gemeinde realisiert oder will realisieren, serven den Bau von Häusern für den sozialen Wohnungsbau oder einen Neubau von einem Atelier oder den Bau von einer Schule, gehen durch den Dan realisiert und koordiniert. Der Pol bekümmert sich um die nötigen Entretiensarbeiten von all unseren Gemeindegebäuden. Am Ganzen muss der Pol über 30 Gemeindegebäude gerieren, kontrollieren und gucken, ob sie den Sicherheitsnormen entsprechen. Der Michael ist responsabel für all unsere Projekte betreffend Gemeindestraßen, Kanal- und Trinkwasserinfrastruktur. Gerade Trinkwasser ist eine von den Hauptmissionen der Gemeinde. Und darüber wird nach einem extra Video nachkommen.
Hier sind wir lo am Umweltservice. Gemeng Schëtter setze schon lange für eine nachhaltige und umweltfreundliche Politik. So zum Beispiel sind wir 2000 dem Klimabündnis beigetreten, 2013 haben wir den nächsten Klimapakt unterschrieben und lo rezent 2020 sind wir als Fairtrade-Gemeng ausgezeichnet. Zu dem Thema könnt ihr noch viel erzählen. Dafür machen wir noch ein separate Video über das Engagement am Natur- und Umweltschutz, man dann als Energie- und Umweltbuch betrachten. Für all das Erbischen zu gerieren, sind der Ranjit und der Viktor als Redakteur am Sekretariat vom Service Technik do, für unsere Architektin und unseren Ingenieuren bestmögliche Termen zu greifen. Ich so nicht merci, dass ich die Zeit geholt habe, für mit mir diese kleinen Tür durch die Service von der Gemeinde Schütter zu machen. Und mir wäre froh, wenn ich die nächste Kehrkette auf der Gemeinde Schütter begrüßen. Na ja dann, bis die nächste Kehr. Ein schönen guten Morgen. Mein Name ist Alain Duhn und ich wollte mit euch eine kleine durch Gemeindeverwaltung machen und euch alle guten Services von der Gemeinde vorstellen. Momentan arbeiten bei uns auf der Gemeinde 47 Mitarbeiter, davon sind 25 am Sekretariat und 22 am Atelier. Hier am Populationsbüro arbeiten 3 Mitarbeiter, der Vince, der Ronny und Barbara. Am Populationsbüro gehen unter anderem die neue Anwohner aus unserer Gemeinde angemeldet, die Aufgabe für die Kartidentität oder Pass angeholt oder zum Beispiel durch Check-Service-Karten ausgestaltet. Auch vieles mehr. Am Etat Civil wird dann zum Beispiel die Hochzeiten oder Partenariate trätiert. Hier an der Relation Publik sind den Andy und der Philipp nicht nur zuständig für die Gemeindegeburt, sondern auch für all die anderen Publikationen, die die Gemeinde rausgeht. Und darüber hinaus gehen auch alle als Gemeinde Festivitäten, wie zum Beispiel Nationalfeiertag oder Großputz, und natürlich vieles mehr hier organisieren. Alle Rechnungen, die ausgestellt gehen und die Gemeinde bezahlt, laufen durch unser Service Financier an unser Reset. Hier sind wir auf Menge Arbeitsplätze. Seit 2005 sind ich der Gemeindesekretär von der Gemeinde Schütter. Mein Arbeit besteht hauptsächlich an der Koordination von den Gemengenservices und an der Unterstützung vom Gemengen und vom Chefrat. Aber das Arbeit mache ich nicht allein am Sekretariat, sondern zusammen mit Andy und Ben. Das war das erste Video zu der Vorstellung von den Services von der Gemeinde Schütter. Wenn dir gefallen hat, dann gebe ich mich freuen, wenn wir uns für den zweiten Teil über die Vorstellung von unserem Service Technik hinterher gesehen. Eddie, bis geschwind. Lief Schëtter Leiit. Iwer dëst nei Plattform wëlle méch an Zukunft en interessanten Ableg an den Alldag vun Ärer Gemeng ginn. Wir sind iwwerzecht, Di werd so munches hai entdecken, wär der bislo net so bewusst war. Als Gemeng si immer 7 Deeg an der Woch rodrem Dauer fir Sto. Eis Service sind daran net disponibel, fir ze garantiieren, dass alle Infrastrukturen permanent funktionéieren, a fir jo so, die Lebensqualität zu erfreuen, die dir vun eis erwart. Als Chefrot ass da auch wichtig, fir ich neft eiser alldeglicher Informationsarbecht och zu weisen, wie vielfältig a wie komplex d'Aufgaben vun der Gemeng sinn. A wie wichtig es doch fir Reis ass, dass wir dabei können permanent op kompetent an op qualifiziert Personal zurückgreifen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken a beim Entdecken vun Ärer Gemeng.
Voilà, schönen guten Abend, dann enke alle guten Bannen an all die aus der Bause no gucken. Mir hunn ich den Abend invitéiert am Funkauswertung zu präsentieren vun der Biergerbefroung, die man gemacht hatten am Kader vun der Erneuerung vom Dürfzentrum vu Schëtter. Das ist so, dass man die Workshoppen, die man vorgesehen hatte, leider nicht konnten halen. Dafür haben wir dann eine Biergerbefrogung durchgeführt. Ich meine, Gidri war gespannt dann für den Resultate von der Befragung dann vorgestellt zu können. Ich will wirklich auch all denen vielen, die sich beteiligt hatten, eine ganz große Merci so von dieser Platz, weil das hat uns aber wirklich gewissen, dass aber die Leute von Schütter etwas zu leid für ihren Dürfkehr nur so ausgesehen. Voilà. Ich gebe dann aber direkt weitergehen und den Herrn Michael Augustini und den Herrn Christian Zanter von Dresden Sommer, die das ganz gemacht haben, und noch die Schlangen dabei sitzen, für das dann auszuwerten. Voilà, dann gebe ich direkt fortgehen, für das Resultat dann zu präsentieren von der Arbeit, die das gemacht hat. Merci. Genoven doch vun eiser Seite, ich mein, der Bürgermeister huet schon gesot, wir hatten es den 22. April hat man die groß online Präsentation, wo man die 3 Beiträge gewissen hun. Darauf sind hat man Questionär zu summe am Schafferrot ausgeschafft. Der Questionär, den aus alle Bierger an der Gemeng Schëtter verdeelt gin. An hauten Nowen, so wie man da doch den 22. du versprochen hatten, kommen Träger an der Gemengerot anweisen, warten Bierger ein op de Questionär geantwort hun an in Richtung sie bei den verschiedenen Frohen tendieren. Hier wurde ziemlich sehr direkt an die Auswertung gehen. Wenn über 160 Sliden, für das wir sehr durchkommen, Stunde später man direkt aufhängen. Am Anfang hat man so allgemein frohe Gestalt, an den allgemeinen Frohen, also die ist für allem mal drin gegangen, für ein bisschen ein Gefühl für die Leute zu kriegen, die aufgehen und wir haben verschiedene Kategorien geschafft, für das wir auch können, diese Auswertung filtern. Der nächste große Punkt, den muss ich sagen, wir hatten 4.300 Questionäre sie verschickt gehen, und davon sind 601 sind zurückgekommen, was dann aber ein Tor der Partizipation von 15%, das was man aus Erfahrung heraus als ganz, ganz hoch angesehen. Wir waren selber nicht überrascht, wie viele Leute das dann wirklich schmatt gemacht haben. Zu der Alterskategorie, da sind wenn ich so will, ist 18 Leute in der 18, das ist auch bedingt dadurch, dass man gesagt hat, das Mindestalter war 16 Jahre für Matt zu machen, das heißt zwischen 16 und 18 Jahren und 18 Leute Matt gemacht. In der Kategorie zwischen 18 und 30 waren da 64 dabei, 31 bis 45 und 163 Leute Matt gemacht. Auch zwischen 46 und 60 Jahren haben 172 Matt gemacht, und mehr groß wie 60, also mehr alt wie 60 Jahre waren dann 152 Leute. Wir haben Kategorien nur abgestaltet, einfach für nur können ein bisschen zu filtern und auch herauszufinden, welcher Alterssport wäre vielleicht etwas mehr wichtig und den anderen vielleicht ein bisschen mehr. Und da kommen wir aber nur drauf zurück. Ich habe aufgefragt, wie Geschlechtsmappe gemacht wird, und mir den Fragen waren ein bisschen an der Majorität, aber nicht wirklich viel. Und da man so eine verbale Parität und war auch ein anderes dabei. Die Frage, die man gestalten ist, wie oft nutzt das den öffentlichen Personennahverkehr, das ist den öffentlichen Transport. Du gesagt, 60 Leute machen das täglich, dann der 109, die gesagt haben, Männer wie 3 Mal an der Woche, 160 gesagt, Männer wie 3 Mal am Monat, 173 Männer wie 3 Mal am Jahr und die 66 Leute, die fahren nie mehr im öffentlichen Transport. Ich habe gefragt, wie oft fährt man am Velo, davon sind da 45 die klauen täglich auf dem Velo, 115 sind Männer wie 3 Mal an der Woche drauf, 144 Leute nutzen Männer wie 3 Mal am Monat, 110 Männer wie 3 Mal am Jahr und 170 Leute führen nie am Velo. Wie bewegt ich momentan an ihren Dörfkehr? Da haben gesagt, 326 Leute holen heute noch immer ein Auto, für die zu kommen. Ein Schuss 10, die mit öffentlichen Transport kommen, 54 holen das Velo, 182 kommen zu Fuß und 13 Leute, die den Dörfkehr noch nie gesehen. Da wäre wie oft geht ich an nicht Covid-Zeiten an den Dörfkehr, weil man wollte wissen, nicht Covid, du bist nicht im Verhalten geändert. So täglich sind da 75, die am Dörfkehr waren,
143 sind Männer wie 3 Mal an der Woche da, 290 Leute Männer wie 3 Mal am Monat, an 117 Männer wie 3 Mal am Jahr, an 21 nie. Auch immer ein gefragt, ob die Leute, die mitmachen, ob unserem Club de Jeunes, an so am Club de Jeunes sind oder an den Scouten, wenn wir auch noch spezifisch Fragen zu den Lokalitäten vom Club de Jeunes auf zu den Scouten hatten. Und da wollten wir auch wissen, wie die aktuellen Membern die Situation gesehen haben, und nicht die vielleicht nicht Member sind. Und wir haben 14 Leute mitgemacht, die am Club de Jeunes aktuell wirklich Member sind. Und wir haben auch gefragt, wie waren wir am Club de Jeunes, und da waren da 10. War 36 Membern von den Scouten haben Teilgenommen der Befragung an 80 ehemalige Membern von den Scouten haben auch mitgemacht. Da waren halt froh, wie oft geht an die Kirche zu Schötter. Da sind 18 Leute, die gehen regelmäßig dahin, 82 Leute gelegentlich, 167 eher selten und 271 gehen nie an die Kirche. Auch immer gefragt, wie das geht auf die Kirche. Da ist eine Person, die auf die Kirche geht wie an die Kirche. Das ist in der Lonzing, die regelmäßig auf die Kirche gehen. 53 gelegentlich, 104 ist das selten. Und der Gros 370 Leute gehen nie auf die Kirche. Dann haben wir noch ein paar so allgemein Fragen zum Dörfkehr, die Städtebau und Mobilität betroffen, die mal allgemein gehalten, weil die für die 3 Beiträge dieselbe waren. Beim Städtebau haben wir gefragt, ja, wie bewertet eigentlich eine Integration von einer Maison Medikal in einem neuen Dörfkehr, wo man gewusst hat, ob das Bürger interessiert oder eben nicht. Und da hat aber der ganz große Gros gesagt, dass sie eine ganz gute Idee fanden, dass Maison Medikal am neuen Dörfkehr integriert wird. 292 gesagt, ja, hervorragend gelesen, 183 noch hat gut gelesen, haben sie bewertet, 82 haben wirklich eine Meinung dazu, dafür neutral. Und gesehen, aber die gesagt haben, wir wollen das auf keinen Fall. Das sind dann 14 und 12, 26 Leute. Und man hat auch gefragt, weil auch die wer für eine Woche macht oder einen monatlichen Markt oder einen neuen Dorfplatz zu machen, wo man mal wissen, wie sind Bürger da. Und dann habe ich auch im Gros gesagt, das ist eine ganz gute Idee fanden. 333 Leute fanden das hervorragend, 173 gut gelesen, 50 neutral und eher schlecht. Als schlecht sind noch 19 Leute, die das gesagt haben. Das ist auch gemerkt, den das einfach macht auf der Platz, eigentlich von der größten Teil von den Bürgern gewünscht ist. Dann haben wir eine kruziale Frage, die mich gestellt haben, als die Leute überhaupt wichtig, dass die Dörfkehr belebt wird. Und auch hier meine ich eine ganz gute Tendenz, die sagt, ja, das ist ganz wichtig oder wichtig, als die Gruppe der Leute, die gesagt haben, wir hätten gerne, dass die Dörfkehr belebt wird. Dann aber auch 108, die keine Meinung dazu hatten, und Männer wichtig, was wir dann 44 schon gesagt. Dann noch zur Mobilität. Auch da hat man allgemein Fragen. Da haben wir gefragt, ja, erstmal mit der Dorfplatz soll die in Zukunft autofrei sein. Auch hier haben 223 Leute gesagt, ja, auf jeden Fall. Gut gelesen, da noch 141 Pfund, neutral und 120 angekreuzt. Ich da schlecht gelesen 54, schlecht gelesen 43. Das sind dann die dann wahrscheinlich die Präferenz für ein Auto haben. Dann haben wir gefragt, wie bewertet das Parkkonzept mit Kurzzeitparken an Dave-Garagen. Auch das hat der Gros ganz gut gefunden. 218 hervorragend gelöst, 237 gut gelöst, neutral sind 82 und eher schlecht gelöst 32, schlecht gelöst 23. Also geben wir dann an die einzelnen Beiträge fragen, die wirklich spezifisch zum Beitrag waren, und das lief dann Michael überholen. Voilà, wir geben dann zum Beitrag Nummer 1 kommen, das den Fometaform, wo man dann am Anfang Kategorien so angedeelt haben, dass wir da bei allen Beiträgen gesehen, dass wir die Zentralität an den Städtebau aufgefragt haben, und dann die Unordnung von den Gebäuden auf dem Kirchen, dann die Mobilität und den Verkehr, und dann gehen wir auch auf die Freiräume und die Umweltqualitäten an. Das ist hier natürlich auch orientiert Frohbau, wie die Leute da noch gekriegt haben.
weil er Dateien als lo Dürfplatz von Metaform Tisch ja solo op so 3 Plätze verdeelt dann op mein Niveen an du seid dann noch dass eng groß Majorität von der Leute fanden dass Dimensionierung von der Dürfplatz an dem heute Fall dann ja genau richtig ist Tisch 325 Leute fanden dat dann nummer auch sagen sie Leute die fanden sie zu groß dann Nummer der 110 die sie zu klein fanden. Auch gefiltert an dat lo pummel gesinn so mal wen gering Kastchen geht also filter dran der Techt dummer geguckt Daylight die mindestens 3 Monate woch do sinn wéi déi dat fannen weil da ha interessiert huet wie fanden die Leute die wirklich regelmäßig sto sinn die Dimensionierung ha an ha se den im norme Bild mecht Leiit so dat se genau richtig ass und dann 14 fanden sie zu groß, an 11 fanden sie zu klein. Dann haben wir die Leute gefragt, ob sie Dürfplatz alle fanden, so wie sie da gestaltet ist. Das fanden 125 Leute fanden das wirklich ganz gut, 227 fanden es noch immer gut und dann eben Männer gut sind da dann circa, also kumuliert dann 110. Dann haben wir auch Textfelder gehabt der Tisch, du konnten Leute am Fong ihre Marken draufschreiben. Wir konnten nicht frohen zu allem stellen. Wir wollten ein bisschen Input doch von den Leuten kriegen. Und wir haben versucht, den Text möglichst kondensiert am Fong so durchzustellen, dass er leserlich ist und zweitens das noch quantifizierbar ist, wie viele Leute da den oder der anderen fordern. Weil du sind dann 2 Leute am Fong, die frohen dann den Durchgang für Menschen mit einer Behinderung, dann eben de Wochemonat, das immer erwähnt gehen 19 Leute will gerne mehr B, man mehr Geringbereich noch an dem heute einen Beitrag gesehen. Man den will einen Sportplatz, dann eben eine autosfreie Zone, was du auch so viel gesehen hast, zumindest was Dürfplatz so geht. Wasserspiel auch high, da das auch viel gesehen, und dann eben Kannerspielplatz, die auch in der Riedsameck zu gesehen hast, die auch viel gesehen hast an den Beitrag high. Und dann denke ich 5 Leute die Restaurant wollen. Weil dann haben wir die Leute gefragt, ob sie der Meinung sind, dass das Dürfzentrum mit den Funktionen, die wir integriert haben, wie zum Beispiel den Kulturhaus oder eben das Centre Medical, und da auch eine große Majorität von den Leuten, die der Meinung sind, dass Dürfplatz am Anfang so genug belebend geht. Dann hat man Heilo, und da tun wir bei den Beiträgen immer probiert, relativ spezifisch zu machen, eng froh, die wirklich op den heutigen Beitrag gemünzt ist, nämlich wie sie dann Topdelung op mehr Niveauen an op mehr Plätze fanden, und noch haben wir eine echte Positivresonanz mit einer rund 380 Leute, die das wirklich eine gute Idee fanden, und mit einer rund 100 Leute, die das echt am Mann gut fanden. Und noch hier hat man ein Textfeld, wo die Leute konnten ausfüllen, und da haben sie dann noch hier dabei geschrieben, also für den Hilfsstand ein bisschen, Tisch mehr BM, Zugang für Leute mit einer Behinderung, Terrassen, Restaurants, die Integration von einem Marché, die Integration von einer Tiefgarage an, eben auch da, ja, das 3 Stück, die einfach eine Macht dabei gesagt haben, dass sie das gut fanden. Dann haben wir hier auch eine spezifische Situation, nämlich kreiert diesen Beitrag am Anfang einen Kommunenplatz zwischen den Scouten an dem Club des Jeunes, wo wir breit von den Leuten gefroren natürlich echt eine Zustimmung haben. Wir haben uns aber auch gefragt, was das dann eigentlich die Meinung von den Membern von diesem Club zu dieser Abteilung. Und da gesagt am Anfang, dass es echt gemischt den Bild ist, wo ja, von den Scouten größten Teil von den Membern hört, die da am Anfang eine gute Idee fanden, auch vom Club des Jeunes, echt die meisten, die eine gute Idee fanden, tun aber natürlich auf der anderen Seite dann auch Leute, notamment bei den Scouten, die dort nicht eine schlechte Idee fanden, sondern die echt eine Trennung wollten, mehr klar zwischen den zwei, zwischen dem Club des Jeunes und den Scouten. Oder dann haben wir auch hier eben Textfelder zugelost. Das wird hier gesehen, dass alle guten Kommentare, die rauskommen, sind der Tisch
du sind da 5 die will gern das Scouten außerhalb von der Wirtschaft du gehört nicht gehen dann dat am Punkt die 2 Vereine unterschiedliche Interessen hun gewogen gemerkt dann Nummer auch nach einer Ummerkung, dass man Zentralplatz soll von für das Scoutschale für den Standortauswahl ganz gut und dann sind da 2 Stück, die der Meinung sind, dass es zu nun erschienen ist. Auch hier haben wir Filter und da haben wir dann geguckt, was sind laut Kommentaren, die von den Scouten kommen, und wenn sie vom Club des Jeunes kommen, mehr den Zugänglichkeiten für behinderte Menschen, die von den Scouten kommen, dann haben wir den 2 Stück, die fanden, dass Scouten, und das von den Scouten kommen, dass es außerhalb sollte stattfinden, und dann da auch Scouten an Club des Jeunes, am Punkt, dass sie die unterschiedlichen Interessen dann hätten. Dann haben wir die Unordnung von den Gebäuden an vom Kirfisch. Du seid den eigentlich relativ positiv echoen, dass am Anfang Kirche genug an Konzept integriert, dass auch bei den Kirchegänger der Tisch Filter drauf gemacht für die Leute, die mehr wie 3 Mal Woche, also mindestens 3 Mal Woche an die Kirche gehen, die dann am Anfang auch genug integriert fanden. Dann haben wir die Kirchen an der Ort selber, das heißt auch die Leute, die am Anfang auch positiv den Beitrag an der dort Hinsicht gesehen, und auch die, die oft auf die Kirche gehen, auch die sind dann selber. Voilà, die Selbstexerzice haben wir mit der Moch dann auch noch ein Kai durchgespielt und da auch keine Überraschungen. Und dann der Club des Jeunes, da denke ich spezifisch, ob der richtige Platz ist. Das ist ein Lodo, wo ein bisschen auch ist, an dem alle Gebäude. Und das fanden Members, die Hauptmember sind, die sind favorabel dazu, die fanden das eine gute Sache. Und auch die Majorität von denen, die Members waren an der Vergangenheit, fanden das eine gute Sache, dass den da bleibt, wo er ist. Und nehmen 2 Stück fanden das nicht so gut. Dann haben wir auch geguckt, was die Umwirkungen waren zum Club des Jeunes. Du hast dann noch mehr BM. Der Club des Jeunes soll außerhalb vom Dorf sein, soll eine Trennung zwischen dem Club des Jeunes und den Scouten sein. Und da sind da aber auch, die fanden die Integration, wo der Club des Jeunes ist, eine gute Sache. Wir haben da einen Filter drauf gemacht an die Members am Anfang vom Club des Jeunes, die sich dann hier die einen, die da so will gerne leben außerhalb vom Dorf sind, die anderen, die so mit einer Trennung da sind zwischen den Kastoren und dem Club des Jeunes. Dann haben wir auch über die Fundingen die Leute befragt, wie sie am Anfang die Integration von den Wohnungen in das Gesamtkonzept gesehen. Also auch echt ein positiven Eco, wo wir rund 240 Leute haben, 340 Leute, die das ist ja positiv gesehen haben, und rund 100 Leute, die das ist ja negativ gesehen. Und dann wollten wir gucken, ob es Unterschiede an den Altersklasse gehen. Und bei dem heutigen Beitrag bleibt die Altersklasse relativ nah beieinander. Das heißt, die sieht, dass den ersten Balken als in der 18, dann 18, 30, 31, 45, 46, 60, und über 60. Da gibt es keine größere Variationen, was die dort den Diagramm geht. Und man hat leider auch gefragt, da Umwirkungen zu gehen. Da ist dann eine Person, die der Meinung ist, dass Kultur aus am Norden soll sein, was ja auch von mindestens einem Beitrag so suggeriert war, dem Rakuten, der das nicht zurückbehalten von der Jury. Dann hatten wir da 3 Stück, die wollen gerne mehr Wohnungen. Dann haben wir 2 Stück, die fanden, dass Wohnungen zu nah in der Schiene sind. Und dann 15 Stück, die Männer respektive keine Wohnungen wollen integriert gesehen an das tote Konzept. Dann haben wir die Scouten, da haben wir auch keine Detailanalyse gemacht. Die Leute bewerten das echt positiv, dass die Scouten am Pumpschiffsbaus sind, was die Generalmeinung ist. Aber wenn es dann auf die Scouten geht, da fanden die Scouten, die Hauptmember sind, fanden dadurch echt positiv, und auch die dann Member waren, fanden dadurch echt positiv, dass es da integriert wird. Auch wenn es heutige Member gehen, respektive freie Member gehen, die am Anfang das nicht so begrüßenswert fanden, dass
Scouten dann am Anfang am Pumpschießbau integriert gehen. Noch habe man gefragt, sollen als Umlegungen rangehen, du hast dann könnte am Anfang immer Trennung zwischen den Scouten an dem Club des Jeunes, die Scouten gehören an die Natur, dann sehen die wirklich mehrere Klamm für die Scouten. Ich finde, dass die Scout-Schale zu klein ist. Dann Nummer 1, die findet, dass es mit zentral angeordnet sind. Standortauswahl gut 2 an zu neuen Schienen. Voilà, und dann durch denke ja Memberen aktuell wenn Remarken do rakommen sind, du hast dann am Anfang immer ein Kommentar dann rakommen, wo der gesagt ging, dass weil mehrere Klamm zu klein zentrale Standort an agiert an Natur. Dann haben wir leider doch gefragt, ob sie der Meinung sind, dass das Kulturhaus auf der richtigen Platz als respektiv dass der Standort am Anfang richtig ausgewählt gouf. Do gesehen wir, dass hier am Anfang ja, insgesamt 330 Leute der Standortauswahl do begrüßen an dass rund 130 Leute nicht gut fanden auf der Platz, wo du angezeichnet hast. Ein ähnliches spielt aber bei der architektonischer Gestaltung von der Maison de la Culture. Da haben wir ungefähr 310 Leute, die das architektonisch gut fanden. 130 Stunden keine Meinung dazu. Und dann haben wir dann rund 115, die am Anfang architektonisch nicht gut fanden. Wir haben da auch ein paar Remarken rausgekriegt. Eng aus der Meinung, dass Kulturhaus schenkt, kostenintensiv zu sein. Soll fester integriert sein, was auch der Fall ist. Dann Kulturhaus soll modern sein, soll ein Spielplatz an der Gegend sein, soll ein Restaurant integriert sein. 6 Stück fanden, dass in dem Dorfplatz am Anfang zu viel Platz wäschelt. Dann immer da dass es ein gut sein ist, dass Kulturhaus integriert gehört, Nummer 1, und dann denke ich, die findet, dass du echte Wohnungen sollen integriert gehen. Da kommen wir zu der Mobilität und zum Verkehr. Da haben wir die Leute davon gefragt, ob den Dorfkehrt dann Verlustverbindungen mit den Passagen, die da dran vorgesehen sind, dann von gut üben. Auch da seid ihr nicht positiven Feedback, wobei natürlich muss natürlich auch der Maßstab wissen, der Dorfkehrt kann natürlich nicht alle Probleme, was Verlustverbindungen und Fußgängerverbindungen sind, lesen, man kann meistens probieren, ob es in einem kleinen Raum dann aber mehr oder weniger gut zu gerieren. Voilà, und dann auch hier mit Veloführer gefragt, die mindestens 3 Mal fort dann man Velos fahren, und da seid ihr dann noch recht eine positive Resonanz. Voilà, das heißt, dass dann laut Fußgängerverbindungen die ein ähnliches Bild auch, die sind das auch echt positiv, wie der Beitrag das am Anfang liest. Dann haben wir leider eine interessante Frage gestellt, wie gibt er erst an Zukunft zu dem Dorfkern bewegen, an dunkelblau sieht er, wie sie sich halt bewegen, an hellblau sieht er, wie die Leute sich an Zukunft wollen, zum Dorfkern zu bewegen, die sie wollen, Männer am Auto auf den Dorfkern gehen, mehr am Velo, Männer am Bus, am mehr zu Fuß. Und ja, 3 Leute wollen sich dann noch ein Kadouin bewegen, wenn den Dorfkern ein bisschen neu ist. Voilà, das so viel zu der Mobilität. Dann haben wir die Freiraum und Umweltqualitäten, da auch echt eine positive Bewertung, was das architektonische Konzept geht en general, das heißt, da sind 360 Leute der Meinung, dass er am Anfang sich gut arbeitet, an rund 100 Leute, die am Anfang der Meinung sind, dass der Mann gut architektonisch an Gemeng angliedert. Und auch da die Frage gestellt, ob genug Begringung ist an dem heutigen Konzept. Da sind dann aber ganz viele Leute der Meinung, also da sind wir dann bei 400 Leuten, die der Meinung sind, dass das sich gut, also dass genug Geringflaschen und genug Begringung gibt, und dann rund 110 Leute, die der Meinung sind, dass das dann Männer gut ist.
dann nummer da doch denke an der Teilslorem einen beitragsspezifischen Merkmal am Anfang, dass Heilo ja, so ein Urban Gardening für Gesinners an do fannen am Anfang großen Teil von der Leute hat echt auch positiv zu bewerten. Also so rund 340 Leute fanden das denke ich gut sein, was das Dolo ein Espace Potager könnt, und dann fanden ja, rund 100 Leute das man da begrüßenswert. Voilà, dann hat man generell gefragt, ob sie Umwirkungen zu hun. Da sehen wir dann, ja, dass 3 Leute fanden, dass also das Passportagieren ist da unnötig sind. 3 fanden, dass er da außerhalb unzusiedeln ist. 3 sind der Meinung, dass nicht genug Grünfläche sind. Dass das Kulturhaus nicht soll am Dorfkern angesiedelt sind, findet 1. Dann, dass Geschwindigkeit in der Straße soll reduziert sind, findet 1. Durchschlüssen die Velospiste fehlen, das findet 1. Und dann denke ich, Espace Potager soll mit zentral sein, findet auch 1. Hunde sollen verboten sein, das findet auch 1. Und Gemeinschaftsgärten sollen gut integriert, sie gut integriert fanden dazu. Voilà, das war der erste Beitrag, das ist, wir probiert die 3 relativ gleich zu behandeln, aber immer mit ihren eigenen Merkmalen dann auch nur an der Vorstellung abzugreifen. Hier sind wir dann nur beim Beitrag Nummer 2, das ist die VKL, La Ruade und Ernst Partner, das ist am Anfang eine Arge, also eine Arbeitsgemeinschaft, die sich dort gebildet hat, für den heute Beitrag zu erstellen. Da fängt man dann mit der Zentralität am Städtebau an. Hier gesagt dann, an der wird noch Vergleich gesehen, noch zwischen den 3 Beiträgen, wo man die Hauptsachen rausgeholt hat, das heißt, da sieht auch am Vergleich, wie die Leute dazu stehen. Hier fanden nur 340 Leute, das Platz genau richtig dimensioniert, das 44 fanden es zu groß, 124 fanden Platz auf dieser, um diesen Beitrag am Anfang zu klein. Dann haben wir auch dort Leute gefragt, die oft an den Dorfkern sind, wie sie das dann dimensioniert fanden, und dort dann auch die große Majorität am Anfang, die das heute gut gelöst fanden. Dann haben wir die Leute gefragt, ob der Platz allwedend gestaltet ist. Das ist auch hier von der Majorität der Leute, dass die dort Platz allwedend gestaltet ist, mit einer rund 340 Leute, die das so gesehen, und einer rund 120 Leute, die das nicht so gesehen. Voilà, dann, was wollen die Leute hier? Und das wiederholt sich, das heißt, mehr Kringbereiche, mehr Beam, die Kulturhaus ist zu klein dimensioniert, es kommen könnt einfach 6 Leute. Dann wollen da Sport- und Fitnessgeräte, wollen da 3 Stück, soll autofrei gehen, mit einer Tiefgarage von da 3, soll ein Zugang für die Pumpschäden geschaffen gehen, das findet 1, und dann Spielplatz, die rum könnt, und Restaurant, die dann auch rumkommen. Voilà, dann haben wir die Leute gefragt, ob sie der Meinung sind, dass am Anfang den Dorfkern genug belebt wird mit dem heutigen Beitrag. Auch da haben wir eine Majorität von den Leuten, die das so fanden. Voilà, dann haben wir so einen spezifischen Pro, wo dieser Beitrag am Anfang ja, der Belvedere vorgesagt, das am Anfang ein Parkhaus, was eigentlich die ganze Verkehr dahin zieht, aber die Leute dann do parken gehen, für dann auf den Dorfplatz zu gehen, respektive an das Kulturhaus, aber am Dach von dem Belvedere dann noch am Anfang ein Terrasse ist, wo dann zum Beispiel Hochzeiten können gehalten gehen, die dann in Verbindung mit der Annex von der Gemeinde, die Hannen da soll beikommen, sich dann da befindet, und auch da großen Zuspruch für die Lesung am Belvedere, wo dann wirklich 140 Leute ganz gut gelesen fanden und 190 Leute gut gelesen fanden, wobei nimmen entre guillemets 50 Leute das dort Männer gut fanden. Dann ja, haben wir Bemerkungen, 2 Leute fanden das nicht so gut, 2 Leute so, weil auch von einem Parkgarage da ist, das verhindert den Verkehr nicht. Einer ist der Meinung, dass zu viel Comedy von den Schienen ist. 2 Stück fanden das dann eine gute Idee. Und ich finde, dass das keinen besonderen Impact auf den Dorfkern hat.
dann Tunnelung von den Gebäier immer vom Kirfisch. Voilà, bei der Kirche du spielt sich immer derselbe doof, also generell fanden Leute das gut, auch die Kirchegänger fanden das gut. Beim Kirfisch fanden auch die Majorität von den Leuten das gut integriert. Selbe am Anfang mit den Kirchegänger, die fanden das auch gut integriert. Und dann mocht auch darum, ich denke, Zustimmung für die dortigen Lesung. Und dann gibt man auf den Club des Jeunes kommen, wo an diesem Beitrag der Club des Jeunes am Accueil, den haut aus dann am Anfang 4 gesehen ist, fanden eng 230 Leute, das ist eng positiv Sache, eng 110 Leute fanden das echt am Mann gut. Aber man dann an den Filter gehen, wo man gucken, was fanden die aktuellen Members, was fanden die freien Members vom Club des Jeunes, da seid ihr in durchmischten Bild, sind am Anfang genauso viele Members vom aktuellen Club des Jeunes, die das gut fanden, wie dann Anfang doch schlecht fanden. Und dann, wenn ihn dann ja, will, dann sind am Anfang auch bei den Members, die mal waren, auch durchmischt Bild wieder 5 oder 4, 5 oder gehen kann ihn sozusagen. Du siehst natürlich, dass ja eine Pattsituation, was der Toten angeht, ein ganz Rutsch schon am Anfang auch gar keine Meinung dazu, mit 11 Stück. Voilà, das ist das Bild, das sich hier ergibt, wenn es darum geht, für den Club des Jeunes an den Accueil zu setzen. Voilà, dann hier spezifische Meinungen. 5 Stück wollen gerne Club des Jeunes außerhalb vom Wohngebiet. Einen will gerne mehr Aktivitäten, Musik, Tanzunterricht an Skatepark. Dann Nummer der 4 Stück, die will gerne eine Terrasse beim Club des Jeunes haben. Und dann Nummer an 2 Stück, die fanden der Club des Jeunes gut da, wo nass. Aber wenn wir dann auf Members, respektive auf die Members angehen, ja, den aktuellen Member, den will gerne dann, dass ein Tanzunterricht stattfindet, und dann ein freier Member, den als der Meinung, dass es gut integriert ist. Dann haben wir ja, heute Bewertung von der Integration von den Wohnungen. Du fanden 290 Leute Wohnungen am Anfang auf der richtigen Platz integriert. Das heißt, wir haben hier einen Ausschnitt, den der jetzt sieht, dass das am Anfang am Norden und dann anderen das am Westen, also auf der anderen Seite vom CR, von dem dort Gebiet. Und dann haben wir auch geguckt, ob es Unterschiede an den Altersklassen gibt. Und du gesagt am Anfang, dass die relativ ähnlich am Anfang die Integration gesehen. Wobei in Hai kann ich da sagen, dass es eine Majorität am Anfang gibt, bei den Altersklassen 18 bis 30, 46 bis 60 und über 60 gibt, wo die Männermajorität sozusagen auf der anderen Seite gibt, einer 18 an 31 bis 45, sie liegt Männer wie 50% fanden das gut. Wobei aber natürlich auch muss sagen, dass immer so rund 30% keine Meinung dazu sind, neutral dazu sind, und dann so 20% rund dort nicht eine schlechte Integration fanden. Dann haben wir hier dann auch im Kommentare gekriegt, 4 Stück fanden, dass die Wohnungen sollen außerhalb vom Dorf gebaut gehen. Ich finde, dass es zu viel Medias für den Schienenverkehr. Dann 8 Stück wollen Männer oder gar keine Wohnungen an finden, dass die Wohnungen gut integriert sind. Dann haben wir gefragt, ob die Scouten am Anfang gut integriert sind. Das heißt, sind sie hanner Gemeng, also nicht weit von dem, wo sie haut auch sind, an einem länglichen Gebäude angeordnet. Und auch da findet die Majorität von den Leuten, das eine positiv sagt, aber wenn wir dann gucken, wie die Members, respektive die alle Members von den Scouten das fanden, da gesagt ihnen, dass hier echt eine positive Resonanz ist, wo viel aktuell an allen Members echt da, die sagt positiv gesehen, wenig aktuell an allen Members sind, fanden das echt am Mann gut, und auch die freien Members fanden das eigentlich eine gute Lösung. Dann dann sind da das die will durch Trennung von Club des Jeunes an den Kastoren, dass wiederhält sich dann, dass Scouts sollen außerhalb geordnet sind, dass den Scoutschalet zu klein ist. Und dann sind das wichtig, die will gerne eine Fußgängerverbindung
bis bei der Woche Mord wahrscheinlich ist das bis auf Mordplatz gemengt, dann sind da wichtig, die wollen mir einen zentralen Platz für Scouten, eben das war gut, an Feier sind der Meinung, dass es nur in der Schiene lädt. Wenn man da auch Zoom an Memberen rangemacht, wo dann von zwei Stück von den Freieren fanden, dass es außerhalb von der Wirtschaft soll sein, eben Scouts-Schale zu klein, wobei man da nicht rauslesen konnten, ob das den aktuellen, also den oder den do am Beitrag an dann hummer da 3 Steck die fannen, dass es zu nun Schienen ist. Voilà, dann hummer Kulturhaus an dem heute Beitrag do fannen insgesamt eng 300 Leute, dat dort eng begräßenswerten Standort für Kulturhaus 126 sind echt neutral. Und dann haben wir rund 140 Leute, die der tote Männer einen guten Standort fanden für die Kulturhaus. Dann heißt die Bewertung architektonisch von dem Kulturhaus. Da sind dann rund 300 Leute, die fanden das eine positiv architektonische Gestaltung. Und dann haben wir 120 Leute, die Männer positiv fanden, und 150 Leute rund keine Meinung direkt zu der architektonischen Gestaltung vom Kulturhaus, wie sich da rumspiegelt. Dann haben ähnliche Ummerkungen, das Kulturhaus scheint kostenintensiv zu sein, dass es zu weit weg ist von der Parkplatz, das soll ein Spielplatz an der Gegend sein, Terrasse, Restaurant soll integriert sein, dass es dem Dorfplatz zu viel zur Phase wäschelt. Das Kulturhaus gut integriert als fanden der 3 Stück an, dass auf der Platz du soll Wohnungen entstehen fanden 2 Leute. Dann Mobilität der Verkehr do als ein ähnliches Bild, wo an alle Beiträge ist, dass Leute die da gut ugebunden fanden lohnt, also in das Velosnetz von der Wirtschaft selbes Bild auch für die Velosführer. An der Teil dass dann noch für die Fußgängerverbindungen, wo auch echt positiv sind. Dann haben wir hier auch eine spezifische Lesung, das heißt, du hast die Tempo 20, Tempo 30 Station, die den Verkehr soll beruhigen, ob der dort der Platz an das auch geht echt begrüßt, wo große Majorität mit einer bald 400 Leute, die das dort echt begrüßen. Dass du Milieus soll gehen in Zukunft. Voilà, du hast dann auch ein ähnliches Bild, was sich dann aufzeichnet. Der Tisch Leute ja, ich da will es vom Auto wegzukommen, dann in diesem Fall mehr öffentlichen Transport zu nutzen, mehr Velo und mehr zu Fuß, dann auch bis bei den Dörfern zu kommen. Voilà, dann Freiraum und Umweltqualitäten, ja, du fanden eng 320 Leute rund, dass der dort den architektonisch gut gewand Gemeng passen, an eng rund 110 Leute fanden, dass der echt da schlecht gewand Gemeng passen, an 130, 140 Leute und du keine Meinung dazu. Dann fand eine große Majorität, dass es genug Grünflächen genug begringt, wie an diesem Beitrag. Voilà. Da wäre das auch schon für den doten Beitrag. Und da gibt man auf den Punkt Nummer 5 kommen, das ist den Beitrag vom Ballini Pit. Da gibt man dann Remufenke mit der Zentralität am Städtebau, wo man dann 350 Leute tun, die fanden, dass der Dorfplatz genau richtig ist, 40 fanden sie zu groß, an 108 fanden sie zu klein. Dann haben wir auch geguckt, ja, die Leute, die sich dann oft auf den Dorfkern bewegen, ich meine, dumm aber falsch zuhören. Ja, ich meine, das müssten da mehr Sinn, aber das können wir gerne wenn wir die Präsentation erscheinen nur schicken, aufpassen. Voilà, dann könnt die nächste Frage, ob Bedürfplatz alludend gestaltet ist. Da sind dann 325 Leute der Meinung, dass das der Fall ist, an rund 130 Leute, die fanden, dass das nicht der Fall ist. Dann hat man eure Kommentare gekriegt, ja, die gleichen sich, natürlich sind dann immer dieselben Leute, die die Sachen da kommentieren oder die Beiträge da kommentiert haben.
die Store méi beem Kulturhaus soll aushalb vun der Platz sinn fënd dann das Gestaltung momentan gut ass, das sollte Sport- a Fitnessgerät dadurch komme van der 2, das eng autofrei Zon sollt gin respektiv dass der Konzept Motivgarage soll funktionieren van der 2, will eine Wasserspiel van der 3, will eng Spielplatz van der auch 3 a will Restaurant dat van der 2. Dann froh ob genug beliebt Funktionen do sie für die Dörfplatz zu beliewen, wie sie durchgestalt ass an och do sind de größten Deel vun de Leiit do man d'accord, dass dat Fall ass. Dann huet den Hai am Funk seg Platz die Dunen am Funk bisse geschaf gëtt, mit das lo net wie beim meeschte Beitrag eng richtig dofir designierte Platz, mit die soll dann méi öffentlich töcht dem Club des Jeunes an de Scouten och ha se den dat der generell Population der Sache opbesteht an dann wann den dann an Dumerkungen raguckt, da se den eben dass das Leid am der Meinung sind, dass die Scoutsschale sollt außerhalb ugesiedelt sind, Geringbereiche an Beem, dass dat net méi miste sinn, dass eng Trennung sollte dem Club des Jeunes an de Kastoren opgestalt gehen, dass de Scoutsschale méi zentral soll leiien, dann even standet gut an dann hummer Scouten, die ze no bei de Schiene sinn. Dann ha och enke opgedeelt op Memberen am Fong vun dem Club des Jeunes a vun den Scouten mat insgesamt engem Akt vun de Scouten, den der Meinung ass dats eng Trennung soll sinn 4 Stück vum Club des Jeunes. In Scout fand, dass den Scoutschale mit zentral soll leiien an 2 Scoute fannen, dass het zu nun geschieden ist. Dann man einkeier Schaffung von der gemeinschaftlicher Dörfplatz, der Tisch durch Wurs, wo man am Punkt die Member von der Scout von den Club des Jeunes dat ich dann net gut fand, wobei bei den Scouten do bëssen sich Hai an dem Fall gemischten Bild ergött, wo in der gesagt echt eng Majorität, die dann Hai für die heute Lesung dofir wären. Da kommen wir zu den Unendung von den Gebäier auf dem Kirfecht. Ähnlich spielt bei dem wie bei den anderen zwei, wenn es auch da sehr durch. Also Kirch finde ich nicht da gut integriert. Dasselbe für Kirchegänger. Auch was die Kirche so geht, als den Echter begrüßt, so wie du integriert hast. Dasselbe doch für die Leute, die auf die Kirche gehen. Und bei der Moch Bild statt natürlich ein ähnliches Bild. Da kommen wir auf den Club des Jeunes, den sich an diesem Beitrag an dem früheren Pumpschiffsbau oder an dem aktuellen Pumpschiffsbau befindet, den ihr dann irgendwann erkennt, wie du sollst sein. Das fanden dann auch ein rund 260 Leute ist da positiv und ein rund 100 Leute fand das dann negativ. Aber wenn ihr dann heilo auf Memberen raguckt, da seht ihr, dass die Member vom Club des Jeunes das 5 Stück sind, 4. Und dann 9 sind neutral, 1 hast du geint an du gesagt dann noch ein ähnliches Spiel bei den früheren Membern vom Club des Jeunes zu der doter Proposition. Dann was die sonst nach Kinder für im Gesamtkonzept verbessern für den Club des Jeunes, da sind dann dieselbe Umwirkungen, natürlich mehr Grünbereiche, mehr Beem, mehr Aktivitäten, ein Terrasse an eben 2 Stück die Standortausfall gut fanden. Und da haben wir just einen früheren Member vom Club des Jeunes, den aus der Meinung, dass du sollte im geringen Bereich an mehr Beam sind. Dann haben wir die Integration von den Wohnungen. Da sind 250 Leute der Meinung, dass die Wohnungen, wie sie da angeordnet sind, das sind am Norden die 2 Wohnungen und dann am Westen eben die Wohnsiedlungen. Die begrüßen das echt, dann immer 130 Leute, die das Männer gut fanden, das heißt auch ein bisschen durchwursend Bild.
Und do se den dann ewer an den Altersklassen wat Tundeler geht, wat die Integration von den Wohnungen do geht, bis min durchschwissend Bild, wat de muss wissen aus der Zeit de Beitrag in die meeschte Wohnungen vier geseit, dat die ënner Urzeng déi fannnen Datei mat iwwer 70% eng gut Integration vun de Wohnungen, dann fällt am Fong den Tod mat den Urzeng bis 30 geht dann op 55%, an dann as die Kategorie, die Dateiten am manste gut fënnt, dat sind déicht 31 a 45 Joer, déi fannnen dat just nach zu rund 40% gut. An der klemmten Torem 46 bis 60 déi fannnen dat zu rund 45% gut. Und dann kommen wir immer so eng Majoritéit vun de Leiit, die dat gut fannen bei denen ab iwwer 60 do si immer dann bei iwwer 50% ukom. Voilà. Dann haem Dumirkungen da sind der zwee, die wëlle gern dat Wuningen mit zentral sinn, 2 fannen dat ze um Kirfen das, 3 sind der Meinung, dat Wuningen sollen ausserhalb gebaut gin, an 4 fannen das Gurkeng Wohnungen oder wenig Mannerwohnungen sollen du kommen. Voilà, dann kommen wir bei Scouten. Du hast da gefragt gehen, weil es halt also Neubau zwar, aber der selbste Standort wird dann noch haut ass. Du fanden dann insgesamt eng rund 190 Schleit fanden dat auf der richtiger Platz. Und dann Nummer aber einen ganz großen Teil, die keine Meinung dazu haben, das sind da dann 270 und dann sind da rund 30 fanden das nicht gut. Wenn wir dann auf Membern raufgehen, dann sehen wir, dass der Empfang von den aktuellen Membern den dort Standort fanden da 8 gut, also 7 fanden es nicht gut, 7 haben keine Meinung dazu. Und da von den freieren Membern, da sind da dann 10, die fanden das gut, an 3 fanden es nicht gut, an 8 keine Meinung dazu. Voilà, dann haben wir darum so ein ähnliches Bild, die Trennung von Club de Jeunes und den Scouten, dass der Scoutsschale soll außerhalb von der Wirtschaft gesiedelt gehen, von der 5, Scoutsschale ist zu klein, von der 7, und dann ein begrenzt Standort ausfällt. Dann haben wir noch die Member gefühlt, dass da sind dann 2 der Meinung, dass es außerhalb von der Wirtschaft soll sein, an 3 fanden es klein. Dann das Kulturhaus, da sind dann rund 400 Leute der Meinung, dass das der richtige Platz ist, 130 Leute keine Meinung dazu, an rund 130 Leute fanden es nicht so gut. Voilà, dann haben wir auch gefragt, wie die Leute architektonisch bewerten, Maison de la Culture, da sind dann auch rund 320 Leute oder 330 Leute, die fanden architektonisch gut. Und dann hier auf diesem Beitrag sehen wir dann, dass sind da rund 140 Leute architektonisch nicht so gut fanden. Dann was sind Zumerkungen, du hast dann Terrasse, Restaurant für 4 Leute, und dann sind da 3 der Meinung, dass beim anderen Standort sollt verordnet sind, an 2 Stück fanden, dass das Kulturhaus auf der richtigen Platz integriert ist. Dann Mobilität der Verkehr, da sind noch die überwiegend nun Teil von den Leuten der Meinung, dass das dann den Center dann aber echt gut für die Velosverbindungen geht, mit U-Bahn, dasselbe das für die Velosführer. Und dasselbe das dann am Anfang auch für die Fußgänger, die das dann auch recht begrüßt wird, dass die Wege, die da geschaffen gehen, sich mit dem Rest von der Wirtschaft verbannen. Dann auch hier ein interessantes Bild, da haben dann am Anfang auch Männer mit dem Auto, mehr mit dem Velo, und dann hier drin zu schwimmen, das heißt auch immer dann Männer mit dem öffentlichen Transport, und dann aber mehr, die zu Fuß wollen, da hineingehen. Da kommen wir bei die Last Kategorie, das dann Freiraum und Umweltqualitäten
wo man dann heurem Großmajorität von den Leuten fanden, dass das architektonisch am Punkt gut integrieren lässt. Das sind dann bald 500 Leute, die der Meinung sind, und dann haben wir dann auf der anderen Seite ein rund 90 Leute, die nicht der Meinung sind. Und dann haben wir auf ausreichend Kringflaschen sind auch eine große Majorität von den Leuten fanden, dass es global genug Kringflaschen gibt an dem heute Konzept, die für sind, an eine Minorität von 110, die das nicht so fanden. Dann den Espace Potager, auch hier, also an dem Beitrag E4 gesehen, auch das fanden die große Majorität von den Leuten eine gute Sache, dass den du integriert wird, mit auch durch rund 500 Leute, die das so gesehen, an einer rund 7 Leute, die das echt nicht so gesehen. Man da auch ein paar Ummerkungen rakret, du hast die findet, dass das außerhalb sollte gemerkt in die Espace Potagieren. 2 Stück fanden, dass nicht genug Kringflaschen sind, 2 wollen gerne mehr Restaurants. Findet, dass Cringe geht auf der Straße soll reduziert gehen. Findet, dass Duschlüsse zu den Willosfuhr wir fehlen. Findet, dass die Gemeinschaftsgärten mehr zentral sollen leihen. Findet, dass Tön sollte verboten sein. An in Feiersteck fanden, dass Gemeinschaftsgärten gut do integriert sind. Voilà, da gibt man zu der letzten Kategorie kommen, da gibt es vor und Christian weitergehen, den ich dann den direkten Vergleich zwischen den 3 Beiträgen dann vorstellen werde. So, wir haben uns dann nach paar Kategorien haben wir rausgesicht, wo man gesagt haben, wäre vielleicht interessant, denke zu wissen, wie man die 3 Beiträge, wie die eigentlich, wenn sie direkt gegenüberstellt, wie sie von den einzelnen Leuten vorgeholt sind. Nein, kann ich die 3 Beiträge, um die es geht. Wir werden dort hier, ja, nehmen Sie nicht einmal dran. Die ist froh, die wir gestaltet haben, das war eben, oder die wir vergleichen, man nehmen, dass ob sie der Meinung sind, dass der 4 gestohlene Standort wird mehr so von der Kultur, ob die richtig ausgewählt gouf. Und da gesagt ihnen eigentlich, dass sie sich final, wenn ihr guckt, was hervorragend gelesen, gut gelesen, dass die 3 Beiträge sich eigentlich nicht viel gehen. Ich werde den Metaform bei 392 Stimme, wenn ihr so wollt, dass die Beitrag von auf der anderen Straße seid war. Die anderen 2 sind auf der Platz. Auch geht wahrscheinlich nicht viel. Die großen Undeel von den Leuten sind das immer gut. Und auch wenn ihr guckt, schlecht gelesen, sehr schlecht gelesen, auch da ist eigentlich nicht kein großen Unterschied zu erkennen. Du hast dann ein Filter drauf gelöscht. Und diesen Filter, den wir drauf gelöscht haben, wir wollen einfach wissen, wie sind die Jungleute an der Gemeinde. Dafür haben wir Filter drin gelöscht für Leute, 31 Jahre, wie haben Sie die Einzelbeiträge sich eben bewährt. Wenn wir selber gesagt haben, schmeckt das ein Platz, den wir für die zukünftige Generation werden machen. Und dafür war so ein Gewicht auf mein Gefühl zu kriegen, wie aus hier Meinung an Heimweg genau war, dass eigentlich den Beitrag von Metaform aber mehr Stimme gekriegt hat, bei hervorragend gelöst oder gut gelöst. Und aber muss ich gucken, auch bei schlecht gelöst, auch da ist eigentlich dann wenn ihr so wollt, den Spitzenreiter. Und die anderen 2 Beiträge, die sind dann ziemlich no bei denen. Also wir haben noch die andere Altersklasse geguckt, da seid ihr nicht viel Variation zwischen den 3 Beiträgen. Und das heißt also wirklich auch die Altersklasse dann, wo ihr wirklich Unterschiede gesagt, wo den einen besser durchsteht wie den anderen. Die architektonische Gestaltung von der Maison Kultur Monkehr gegenüber gelöscht. Auch hier seid ihr am großen Ganzen, dass sich die 3 Beiträge ziemlich similär, aber bewährt gießen. Sie wird auf dem hervorragend gelöst, gut gelesen, und auch eben auf dem, wo ein bisschen schlecht gelesen ist. Wenn wir die Filter holen mit denen von 31 Jahren, auch da konfirmiert er so ein bisschen das Bild, was man die meisten Filter hat, auch hier ist den von Metaform. Den Medak als gut gelesen ugesieht gouf, aber auch dann sehr gefolgt von der Arge Kell, Laruda, Ernster Partner und auch vom Berlin Pitt, den heute ein bisschen aufgestoßen ist.
Da waren ich froh spezifisch op Wuningen noch dat me vergleichen wie bewertet die drei Beiträge wie Wuningen nu sind auch se dat van de guckt die gestimmt hat gut gelesen dass auch do gin sich die drei Beiträge eigentlich net viel selbe spielt als beim schlecht gelesen auch do sind sie ziemlich schon länger wo ja Van enke de Filter drop setzt ha auch mat den Leuten Adresse Joer och do kann ich eigentlich so, dat bei gut geleist gen eng Liichttendenz fir Meterform, a woch die anderen sind net weiter vun an dabei schlecht geleist ja auch do als Meterform der bis Mann geklickt gin, aber orlo net, dat het eng ganz groß Differenz wie. Dann man enke Verglach ja, wie fan der Dürfplatz sein ich sind der Meinung, dat ze einladend gestaltet ass och ha seit die drei Beiträge sie gin sich net wirklich viel. Wir sind den Meterform 395 bei gut geleist Darge Kell Laude 384 370 Palini Pit. Ich meine dat sie doch kein ganz groß Differenz in der spielt ergött sich beim schlecht geleist oder eher schlecht geleist. Om ha de Filter drop leen fir die Leiit, die ennner 30 Joer sinn, do kann vielleicht rauslesen, dat der nicht der Tage kell la gut ernster Partner, dat do dann ich mat 82 Leute so hun das hervorrend geleist beim Meterform sind der 70, aber bei Malini Pit dann Energiemi awer dem 41. Du gesinn dann en kleng Differenz. Dann auf der guckt bei schlecht geleist du hast dann den Meterform wo die Meesleiter schlecht geleist aber auch direkt an den Drnnen Darge an Balinia Pit dat gött sich eigentlich net wirklich viel. Dann geguckt der Club de Jeunes, op den an der richtiger Platz ugeënnet war an du war final immer wichtig, dat man dat mat den aktuellen Leiit gucken, die am Club de Jeunes sind. Wenn man der Meinung sind sind die ihre Club de Jeunes an Zukunft nutzen. An dun se gesot beim Beitrag vum Meterform, dats ein Sto wo noch aktuell ugenne dass die aktuelle Position vum Club de Jeunes, dat hunn ile Fleit gut bis richtig gut fand. Beim Balinia Pit, dat sie 7 Leiit, dat wann am Pompesbau ugënnet gewir an dann den Beitrag vun der Arge wo am Gemengen erkei ass, dat fannnen dann Energieme just 5 Leiit gut. Dann haben wir die Saustrom ausgewehrt für die Schale von den Scouten, ob der richtige Platz ist, auch heute Filter drauf gelöscht von den Leuten, die eben aktuell auch Member sind. Da ist eigentlich die Präferenz, als die, wenn ihr guckt, die vom Pumpschiffsbau, das ist die vom Meterform, die 13, die gesagt haben, das wäre richtig gut. Den von der Arge, das den eigentlich der Gemengen ist, wenn ihr so wollt, den an total in der Geringfläche integriert war, das sind Elefleit dann richtig gut fand an die beim Pumpschiffsbau, dort sind dann energiemäßig just 8, die so tun, sie geben das richtig gut vorne. Da war es, was die Auswertung geht, ich hoffe, wir konnten nicht ein komplett vollständiges Bild gehen über das, was ein Bürger über diese 3 Projekte denke. Genau, also ich wollte vielleicht aufschließen, denke, froh beantworten wie es vielleicht weitergeht, falls die soll kommen. Der heute als ein Avis am Anfang von den Bürger, den wir aufgefroht haben an den Avis, den hören wir natürlich matt an den ersten Kolloquium mit der Jury. Die Jury wird der heute konnte natürlich heute auf der Ruhe gucken. Wir werden Ihnen das Dokument doch zusenden und da können Sie sich auch durchaus hier Schluss für die nächste Jury-Sitzung dann mitholen, was unzupassen als respektiv hat nicht. Die Jury-Sitzung wird dann den 19. und 20. als dann das Kolloquium, dem wir am Anfang so festgelöst haben, dass er nach 400 Sommervakanz ist, für am Anfang den Büro und Möglichkeit zu gehen für andere Sommervakanz, aber auch darüber raus am September nach die Beiträge anzupassen. Dann den Amend werden wir Ugangs Oktober die angepassten Beiträge dann rumkriegen. Dann hätten sie rund 2,5 Monate für das anzupassen.
am Oktober den Amment gif man dann die Beiträge durch Präjurieren Präverlossen, ob die Sachen ugepasst goufen, die am Fong vun der Jury lo hinne mat op de Weg gehen gött fir uns zu passen. Von do aus wird man nach enkeier Bierger konsultieren, muss man gucken, wer zu dem Zeitpunkt dann noch méiglech ass mat den Corona-Mesuren. Dat mengglech këmmer haut net so wann am Oktober sinn, also ich kann net so an dann han no vun do aus der nach zweete Kolloquium hunn, wo die Beiträge dann wo de Beiträger vu nach enker werd mat gedeelt gin, wat nach ze fein justieren as so soen. Da passen se dat enker an Ziel as dat man dann ugangs näst Joer en Gewënnerbeitrag hunn, dat sto ein Endkolloquium all Team kann se Beitrag firstellen an Deciioun gëtt dann während dem Endkolloquium vun der Jury geholl, wen dann de Gewënner ass vun dem urbanistischen Konkurs. Dat soll dann Visioun sinn, das net bindend, mit das Visioun wéi den Dürfker vu Schëtter dann kind an Zukunft dann ausgesinn. Weil er schmengt vor ass dann op falls da do wäre. Ja, wie gesagt, an sich mal merci und ich. Zwifir erarbecht dat dower net so einfach. Ich mengen mir waren ein bisschen überrascht gin alle Gu vum Suse vun der Ömfro an dat war jower ganz kobarbecht, dat dort auszuwerten an och dat dann so Flottheit zu präsentieren. Ich mengen das wie gesot fall den ha frohen huet zu dem Questionär zu dem zur Auswertung as lo de moment fir die Lo zu stellen an dann kimmer dann Interview vun den verschiedene Fraktionen am Gemeng. Scheint weiter kein eng Frut als Herrschmeier. Ja, also ich hatte eng Prüffroen dann wir konnten das Dokument halt präsentiert. Wir hatten noch keine Zeit für durchzugucken, dafür ist das alles ein bisschen spontan. Was könnte berücksichtigt gehen, dass das am Anfang, ich weiß auch nicht, ob das aufgefordert ging, als am Questionnaire, schade, okay, Questionnaire mit daheim, aber wie eng Ortschaften die Leute kommen, weil ich meine, das ist ein Unterschied, dass für die Leute, die von Schötter Münz beschwunden, die auch echt dann auch zu Fuß zu ihnen gehen, wie den im Neuhaus hier wohnt, ob das nicht auch irgendwie an die Exportation vom Sonder schmatt berücksichtigt ging, für das zurückzubehalten. Das net berücksichtigt gin dat hat soll mal zu enger se dass Philosophie vum Konkurs eigentlich das den Dürfkehr fir Schëtter gemeng ass an wollte man dat dann auch soll mal do net an dem sinn opsplecken an da wäre dawer or so gesinn wann man dat toten wann man dat da gemacht hat am Neuhaus wohnen net viel Leid. Dann hat den auch schon Ball wie de Krise so klein gewircht, dat die Ball de frohe Bau hat Kind noch eng Person do zurücktrasseieren. Wann zum Beispiel die 16 an 18 gucken, an dann männlicher weiblich an dann aus den Member, dann hätte ich Kind relativ Tage hätte ich die frohe Bau Kindfleisch op eng Person. Zurückführen. Das ist der Gedanke war auch ein bisschen an der Philosophie dabei, wo ich aber muss sagen, dass man nicht aufgefordert wird, wenn eine Wirtschaft Leute kommen, weil es eben ein Dürfkehr für alle guten Schotterbierger soll sein. Das war auch der Gedanke, die mir als gemacht haben, wo wir die Frauen abgestellt haben. Aber, voilà. Ich gebe meinen, naja, sie werden nicht gerade so klein mehr. Da kommen ich aber der River bei die nächste Frau ist ganz viel aufgefroht gehen über den Club des Jeunes und über den Scoutsverein für ein Beispiel zu ich meine noch dumm sind ein bisschen an der Relation immer setzen wie viele Member den Club des Jeunes hört oder wie viele Member Scouten so hun weil das spielt dann noch ein bisschen mal wie viele Leute gern vertun so an den brüten nominal gesehen als das schwer zu vergleichen und dann wird mich ein bisschen interrogiert dass das ja war am Anfang des Kulturzentrum oder in Teil vom Kulturzentrum auch einen großen Teil vorgesehen als für den Musikverein und da das gar nicht berücksichtigt ging. Also prinzipiell fand ich ein bisschen erstaunlich, dass in den Vorbau, die für das Publikum gedurcht war, also auf Form für zwei Vereine, in anderen Verein auszufüllen, an der Platz allein von mir generell zu hören, wir freuen Bürger und nicht, wir freuen nicht Repräsentanten von verschiedenen Vereinen. Ich meine, das hätte ich können an einem
Dialog mit den Vereinen solle machen, individuell, wo wir mit den Vereinen geschwärzt hätten. Die Vereine hätten ja können mit ihren Membern auch Rückspruch holen und dann hätten das ausgeschafft. Das hätten die nicht unbedingt müssen an einer Konsultation publik machen, wo ihn dann darauf spalt, ob kommen wir spielen, gucken, was die verschiedenen Vereine gehen so. Also den wat Kultur aus ugeht mengenech also den ganz Konsultationun firdro gin die Jo 2016 mengene Jofgeschloss gouf vun LBBW vun dem Büro wo ganz intensiven Echange war a wo Raumprogramm steht den wirklich funktionell dat Raum muss mat dem uguet net gin an der Raum, der muss soviel Meter Carré größ und der Tisch, da hat man etwas, was so präzise, so genau war, und noch eben gesagt, dass das so an der Stege gemäßelt an das Raumprogramm vom Kulturhaus außer Musik gibt lo, und das hat es auch gemacht, nach ein Keier frohen für eine Upassung zu kriegen. Die Upassung, die gouf gefrot, da hat man eine Reunion letzte Woche mit der Musik, da gibt es einen Rapport, der wird dann auch alle Jurymember kreieren von der Dotter Reunion an Südamfang gefrot für E-Saal nach unzupassen, den Haut mit 130 Meter Carré vorgesehen als der Prüfsaal, der soll abgehen auf 200. Der das grosso modo die große Änderungsfroh, die kommen. Wie gesagt, da wird nach dem Rapport dann auch gesehen. Wo man aber Männer Erkenntnisse haben, das war eben für allem, ob die Solomon min neu Gebäier, dat de Club de Jeune an de Scoutschalle, mat denen hat den an der Vergangenheit nach net so aus nie gesagt, dat war interessant war an diesem Questionär rauszufannen als fettfüllen dann Memberen. Für 2 Wochen auch mal de Scoute gesinn an dat war dann Punkt de Vierstand von de Scouten als du gesot huet korreliert net zu 100% mat dem wat mal lo von de Memberen ha zurückruten. Auch do wer der rapport kräen und da könnt er do dann noch dat nie den nee lehen. An Schmengen Eisgeet lo net drëms als Jurysbegledung oder als Wettbewerbsbegledung fir lo Konklusionen oder ze zeien, dat soll dann Jury machen, an déi soll dann desideieren wat an am Fong henne no voilà, vun der Konsultationun, aber auch vun der Reunion dann am Fong do soll am Beitrag zurückbehalen ginn. So dat war am Fong der Grund wieso Heilo gezielt Membre vum Club de Jeune a vun de Scouten ebe befrot goufen. Ich ging so vun van Gunn schon mal ja alle Gotte noch ha diskutiert, wat de Club de Jeune ugeht. Ich mein ein ganz spezielle Raum do an froh ja vun van Go stalt an wë de Club de Jeune iwwer hat der besaneg. Ich mein dat war jo mal fir bisssen rauszufannen, wat awer spezifisch. Ich mein eng Musik, die geht her nur an de Centre kulturell, déi wëll hier Metakarien. Me de Club de Jeune, dat ass eng ganz spezial Situationun an dofir mensch ass der wo fichtech, dats man dat gefrot hun, dats man lo bessen denen ihre Memberen hier Idi gesinn an noch wat Scouten no geht, déi hu awer immens viel Platz do an dem Perimeter, de man lo plangen. Ich meine, du war auch schon wichtig zu wissen, weil du war auch Diskussionen an der Zeit, Scouten sollen die Wert ganz ein Kado raus. Ich meine, die haben aber bestätigt, dass sie da wollen bleiben. Es war auch schon wichtig, dass aber die zwei, die lo ganz großen Teil von der Platz da haben, und auf einen gewissen Weise auch da zusammen funktionieren, wird sich herausgestaltet, dass du nicht ein Interesse hast, zusammen einen Platz zu haben, und dass die zwei zu anderen Zeiten auch noch nicht funktionieren, dass du nicht ein Interesse hast, gemeinsam groß etwas zu haben. Ich meine, dafür war es aber schon wichtig, dass man da aber ein bisschen mehr an Detail gegangen sind, eigentlich bei anderen. Und ich meinte noch von allem gesehen, die 3 verschiedene Beiträge hatten eigentlich von so will 3 unterschiedliche Konzepte für Scouten, auch für den Jugendverein. Also der Club de Jeune, die einen haben sie Plätze zu Summe gelöscht, die anderen haben sie Scouten komplett an die Natur integriert, die anderen waren sie am Pomches, am alle Pomches oder der aktuelle Pomches-Kaserne. Das waren aber komplett andere Konzepte. Und dafür war die so wichtig, wie du eine Meinung von denen Leute eben rauszufiltern, die nicht aber just die gefragt sind, müssen sie alle global, alle Leute zu ihrer Meinung gefragt, wir müssen die hier rausgefiltert und sprechen bei der Musik, wie der Bürgermeister gesagt hat, ob den Silo an dem Centre kulturell vis-à-vis von der Straßenseite sind oder ob der Straßenseite eigentlich nicht, dass da ganz großen Unterschied wie sie möchte.
Just vielleicht eine Präzisionsfrage, wenn da so die Rapporten, die gehen zur Verfügung gestellt, das heißt, die gehen publik gemacht. Also die gehen der Jury die gehen die Jurymembre geschickt. Da das Lomol dat wat haut beschloss ass. Ich kann nicht so, ob sie publik gemacht gehen oder nicht. Ja, also das ist mir natürlich bedauern, dass no am Juryempfang der Jury dann verschiedene Rapporte vorgelöscht kriegt, die dann nicht weder hier am Gemeinderat präsentiert wären oder nach dem Publikum bekannt gemacht gehen, wo dann eine Jury, die aber dann mehrheitlich aus Experten, die nicht aus der Gemeinde sind, do Informationen zur Verfügung gestellt kriegt, die nicht Bürger aus dieser Gemeinde oder gewählte Vertreter zur Verfügung gestellt kriegen. Ich schwätze mal von den 2 Rapporten von der Entrevue mit der Musik an von den Scouten. Also generell von allen Piècen, die dem Jury vorgelöscht gehen, die sollen darüber bestimmen, wie die 3 Projekte sollen in Zukunft evaluieren. Ja, aber ich meine, alle Piècen, ich meine, die 2 Rapporten haben auch kein Problem für den Conseil, in die zu gehen, dass sie Rapporte für Reunionen, da habe ich noch nicht direkt ein Problem. Aber für den Rest, meine ich, eine Prozedur festgelegt, was die Jury kriegt. Ich meine, die hat als Conseil hat auch den ganzen Rapport ja vom Jury kriegt, den nächsten Rapport, den hat ich meine, so für das Publikum zu machen, ich meine, wenn der Gemeinderat, die weiß ja alles, den ist ja auch dran, sowieso, was geht von uns, geht alle Fraktionen haben erst vertreten am Gemeinderat, die Dokumente, hat alle gut, und da ist auch nicht groß geheime Rapporte, wo irgendetwas. Ich fand den Jury, wir haben eine Jury mit Experten, und die soll auch, wie gesagt, den Dadlo weitergeben aus der Bürgerbefragung herauszieht, aus den Navien, die verschiedenen Fraktionen erfahren, die sollen auch so, wie sie zu dem Ganzen stehen. Und daraus aus dem Jury etwas zu machen, an denen mal auf den Weg zu gehen. Und ich meine, an dem Jury sind wir ja auch alle Guten haben den Tisch vertreten, alle Fraktionen das vertreten, und an dem Jury werden wir zusammen das formulieren, werden wir weitergehen und die 3 Partizipanten. Und ich sehe da wirklich nicht ein Problem. Wir haben noch Diskussionen mit der Wunderstelle, mit Lars Korenke darüber geschwärzt, da werden wir nur noch drauf kommen, in welcher Form wir das weitergehen. Ich meine, da soll gedreht nur im mal so weit dann ein bisschen Position ist. Das ist mein einem Jury, dafür haben wir den, für das weiterzugeben, für das auch weiter zu feiern. Weil das schon nicht den Zweck von der Jury von Experten, weil wir machen eine Bürgerbefragung von unseren Bürgern und dann dezidiert, habe ich mal ein Gemeinderat so und so was. Wir werden schon, dass man auf den Weg gibt, die vom Gemeinderat sind. Und ich meine, wir werden auch alle dieselben Ideen als solchen haben. Wenn wir so mal nicht geschwärzt haben, sind wir jetzt ein bisschen hin zu mir hier. Fertig aber an dem Ganzen, wo flott fand, ich meine, die Leute, die mitgemacht haben, die sind aber generell fanden die aber positiv, was soll geschehen. Ich meine, das für uns alle gut haben, das ist ja auch wirklich gut zu wissen, dass die Leute dann einfach auch oder anders stehen. Gut, ich meine, wenn weiter keine Frohe mehr heute zu sind, dann haben wir ja als nächster Punkt im Ordre du Jour stehen, dass dann die verschiedenen Fraktionen Vertreter am Gemeinderat dann hier in AV sollen da vielleicht vierdrohen. Wir hatten erst geschrieben, da tun Kollegen von der DP also auch geschrieben, noch nicht am Dossier. Das ist so, dass wir geschrieben haben, ihr sollt das schriftlich rangehen, die wird die einzig, die es rangehen hatten. Die anderen werden hier vierdrohen und dann wird man dann aber das nochmal auf den Weg gehen. Und die Jury, die soll dann da rausziehen, was die verschiedenen Leute meinen. Ich meine, für eine Reihenfolge zu kriegen, gebe ich proposieren, dass wir dann im ABC noch das dann vierdrohen und dann, Gilles, da gebe ich dir als Vertreter von der CSV als Sichtwort gehen, dass du ein bisschen siehst, für die Leute, wie dir dazu stehen. Ja, dann vielmals merci schon mal für das Wort. Ja, dann will ich als erstes mal ein bisschen auf die Bürgerbeteiligung schon kurz angehen. Vielmals merci schon mal die Bürger für die grosse und aktive Beteiligung, die wir ja heute gesehen haben. Merci natürlich auch dem Mitarbeiter vom Büro Dresden Sommer für das Begleiten und Auswerten von dieser Beteiligung und dann noch die Flottpräsentation, die wir gemacht haben. Und merci natürlich auch all den Architektenbüros, die ganz viele Flottprojekte angeregt haben, die wir hier präsentiert haben und die vom Jury dann ausgewertet sind. Ja, wir hören, dass für das weiter Vorgehen dann noch das Ergebnis von der Konsultation publique als Grundlage für die nächste Kolloquium am Juli dann soll geholt gehen.
Ja, ja, voilà, für dann am Kolloquium dann die Projekte noch weiter zu bewerten. Also Meinung soll den dann bis zu dem Kolloquium auch dann die Parteien noch ein bisschen Zeit gehen für Datei, wenn man den offen präsentiert kriegt, nach ein Euro an der Tête-Reposé ein durchzugucken, für dann auch eine Arbeitszug von den Parteismembern dann können zu gucken, zu analysieren und zu bewerten und das dann auch do an der vom Jury mal abschließen zu lassen. Ja, am Kader von dem Kolloquium soll ja dann noch frohen, dass der Jury dann beantwortet können gehen und dann auch direkt en retour Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge und Partizipanten von dem Konkurs mitgedeelt gehen. Voilà, darauf sind hun die Partizipanten vom Konkurs, wie man gesagt hat, ja auch dann Zeit hier Projekte ugepasst und den Bedarf vom Bürger an mit den Anregungen vom Jury dann noch intensiver schaffen. Voilà, also Meinung soll den dann noch die überschafften Dossier nach den Parteien zur Verfügung stellen, für dann auch darauf hin nach können sich eine Meinung zu bilden, an do auch nach vielleicht mir ein Dave ausgeschafften wie dann aufzugehen, den dann auch bis die Bürgerbelegung mehr im Detail kann mit abzeigen. Voilà, generell gebe ich dann ein Avis zu den ganzen Projekten gehen, die uns präsentiert gesehen und die vom Jury zurückbehalten gegeben. Voilà, für uns also so, dass die Nummer lang von der Kirchenplatz schon sieht. Also die Schotterkirche stellt natürlich den zentralen Punkt von der Platz, von der wir schwätzen durch. Der Hallen an Sichtpaket an noch der Vierhewe für allem von der Schotterkirche sie für uns wenn es ein Projekt von zentraler Bedeutung für größer Wichtigkeit, also aus diesem Grund auch Positionierung von einem mäßigen Centre kulturell und natürlich auch noch Berücksichtigung an dem Sinn von dem Singen Dimensionen. Voilà. Wenn das ein Centre kulturell dann op der Platz von der Schotterkirche selber sollte geplant gehen, dann dürfte sie natürlich wie ob das Schotterkirche nicht behindern, man muss sich möglichst dezent an Gesamtbild können auffügen. Voilà, wünschenswert wie für uns ein Centre kulturell auf der anderen Straßenseite, den daneben ermöglicht, dass ihn so gut wie es geht die Kirchenplatz frei hält und wie auf die Schotterkirche. Voilà, wenn die Projekt dann auf der anderen Straßenseite so realisiert wird, wie für uns wichtig zu gucken, welche Dimensionen von dem Centre kulturell sollen gehen. Die war uns zum Teil do ein bisschen überdimensioniert geplant, weil das Gebäude soll nicht so wuchtig sein, er soll sich gut an das Gesamtbild integrieren können, an die Platz nicht so viel dominieren. Und da muss ich natürlich auch berücksichtigen, dass du die Wohnhäuser, die du angrenzen, nicht von so einem dominierten Gebäude direkt gehen und dass dann auch Trau an dem Wohnquartier nicht durch die Aktivitäten an dem Centre gesteuert gehen. Voilà, das ist an der Hinsicht wichtig, dass Dimensionen von dem Centre dann eben unter reale Bedarf ugegliedert gehen, also ugepasst gehen. Und darüber muss man es dann bis zur Finalisation oder zum Schwab von einem finalen Projekt klar an eins gehen. Voilà, die Gebäulichkeiten von der Administration kommunal sollen dann unserer Meinung nach auch an dem Sinn reale Bedarf orientiert sein und auch nicht zu viel überdimensioniert gehen. Da meine ich, kann ein Kompromiss zwischen den drei Projekten finden, wo verschiedene ein bisschen mehr Kapazität für gesehen andere Männer. Wobei das auch logistisch äußerlich zu sehen war, da muss ich ja dann noch mit der Karien zur Fasse gucken, die dann durch der Hand stehen. Voilà, neben der Schotterkirche sollen für uns dann noch bestehende Gebäulichkeiten an für allem auch die schützenswerte Gebäulichkeiten möglichst erhalten bleiben und so gut wie es geht dann eben an das Gesamtbild von einer Schotterkirche oder von einer Kirchenplatz integriert gehen. Für uns persönlich ist dann auch tatsächlich den Erhalt vom Clubsaal vom Club des Jeunes Schötter, den denke ich für den Verein lang besonderen Charme hat, an Empfang nicht weg zu denken, als sollte erhalten gehen, weil darüber hinaus auf jeden allem auch ein historischer Wert ist,
huet, wat auch an engem Projekt besonders betont gin ass. Und dafür denken ich, wäre immens wichtig, Sto zu versichern, den soll an der Form zu erhalen, an irgendwie an das Gesamtbild probieren zu integrieren. Alles an allem will ich so, dass es soll versichert gehen, ein stimmiges an liewicht Gesamtkonzept zu gestalten, weil die Aktivitäten sollen versichert gehen, irgendwie zentralisiert zu gehen, und nicht an verschiedenen Himmelsrichtungen entzerrt wird, unserer Meinung nach, bis sie bei verschiedenen Projekten der Fall kennt sind. Das kann verhindern, dass du auf der Kirchenplatz tatsächlich eine Liebigkeit entsteht, an ein Zusammenkommen ermöglicht. Weil das gibt dann eventuell dazu beitragen, dass es nicht beliebt und Dorfkehr gibt, aber dass tatsächlich sich so einzelne Aktivitätspole bilden. Voilà, da gibt auch die quasi Zentralisierung von der Aktivität auch bis die dazu beitragen, was denke ich auch nicht unwichtig ist, dass den Dorfkehr an sich, an Kirche, an der Kirchfürst als quasi Ruhestätte, bis sie von den getrennt gehen und dass du nicht die Aktivitäten sich zu viel vermischen und das bis sie verhindern. Voilà, natürlich als Konzept von der Mobilität immens wichtig. Das soll dann als Beitrag zu einem möglichst autofreien Dorfkehr beitragen. Und als du wennst dann auch für uns von größter Bedeutung. Hier muss ich dann natürlich versuchen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Schaffen von Parkraum an so einem Konzept von einem Dorfkehr. An also wat en anderem gebraucht gibt natürlich wann in Lo und Schotter Kirch denkt 4 Gottesdenkster 4 Begriffnisse oder sos Evenementer, die du an dem Kader stattfannen. Du muss ich versichern dann eng Überlastung von dem Dorfkehr durch Autostrafik aber trotzdem zu verhindern. Voilà. Wat aus der Meinung no absolut zu präfe wer wat an engem Projekt gewisse war in Wëllos an Trippelweh die andere Seite vom Schienentrasse am Natura 2000 Gebiet, wo ich schon a plusieurs Reprises heieren huet, dass der Anfang so an der Form net machbar war, wer an dem Projekt wäre da wo man dran und ich denke, dat wäre interessant zu prüfen, inwiefern der tatsächlich umsetzbar ist. Voilà. Wat ich auch flott von tun als die Idee von engem innerirdischen Passage ënner Schienen Trasse vom Kirchepart für River op Altschütter. Voilà. Für mich geht dann von der Erholung am Sinn vom Natur-Klimaschutz als unserer Meinung dann tatsächlich auch Schafe von viele Grenzzonen an dem Projekt mit ganz viele Bäumen an den Obst gemäß geht wichtig an als meiner Meinung auch an den Projekten so gut berücksichtigt gehen sollte dann noch mal auf die Wege gehen, dass das tatsächlich immens wichtig wäre. Voilà, der Wohnungsbau war auch geschwart gehen. Für allem noch der soziale Wohnungsbau entspricht natürlich auch unserer Vision von so einer Dorfplatz oder einem zentralen Dorfkehr. Ja, heute muss sich allerdings dann über die Envergure eins gehen, zu gucken, was wollen wir da tatsächlich, wie viele Wohnungen wollen wir da, wie Volumen soll das Ganze anholen. Du hast dann natürlich auch zu gucken, was für Volumen ist zulässig, und noch zu gucken, wie kann man da dann Anklang bringen mit dem Wurstemsziel, was wir als Gemeinde gesagt haben, wie man das nächste Jahr will wursten, inwiefern das dann da passt. Weil zum Schluss bleibt noch, weil das wichtig zu sagen, dass ja, sich Zeit nur über einen generellen Raum von einem Budget zu gehen ist, und dem man sich ein bisschen orientieren kann, wenn an den nächsten Monaten, an Jahren, will da mehr konkret an Planung gehen. Voilà, das muss natürlich an den Plan pluriannuel de Financement von der Gemeinde passen. Voilà, die Gemeindefinanzen dürfen durch so ein Projekt natürlich nicht so stark belastet gehen. Ich meine, die Krise hat gewiesen, dass, obwohl die Gemeinde ein gesundes Budget hat, aber Heinz, da muss dann Aufstrich gemacht gehen. Voilà, und dass dann auch an dem Sinn andere Projekte, die die Gemeinde sich vorgeholt hat, nicht sollen zurückgestellt gehen oder nicht drinnen sollen leiden. Voilà, wie gesagt, schon gesagt, vielmals merci nach einmal auf die Bürger, den Büros und dem Büro Dresden Sommer für die Präsentation und das wäre dann für den Moment von unserer Seite gewesen.
merci Gilles für seine Kommentaren. Ich gebe dann Kollege von der DP gehen, für dass Sie als bisschen hier Meinung dazu so. Ja, also merci damol. Ja, voilà, ich meine, das schon einmal gesagt gehen. Also mir war schon am Dezember am Anfang abgefordert gehen als Parteien alle Götten und die Vertreter sind am Gemeinderat für ein Navi aufzugehen. Wir hatten dann Delay gesagt, bis 15. Januar. Dafür sind ich schon ein bisschen überrascht, dass wir dann die einzige Partei waren, die das gemacht haben. Ich meine, für uns weiß das, wie wichtig das Projekt für uns ist. Ich meine, das für uns eine absolut Necessität, dass der Platz neu aménagiert wird und das für uns absolut wichtig, dass das an einem großen Dialog gemacht wird, für das der größtmögliche Konsens kann gefunden gehen, für das in eine Solution findet, die größtmöglichen Akkord bei der Bevölkerung hat. Dafür als Navi, also am Anfang Navi dann vom Januar, ich meine, seitdem sind eine ganze Reihe Evolutionen gewesen, ich meine, die Präsentation von den 3 Projekten, wo ganz viel frohe Gestalt gesehen. Seitdem hat man die Konsultation publik, sind an Vereine, die sich schnell zu Wort gemeldet haben. Dafür müssen in den Navi natürlich schnell ergänzen. Wir brauchen Stunde so viel, wie man den Demos dann am Januar geschrieben haben. Ich meine, wir hatten da einen Hauptpunkt, das war, dass man gesagt hat, wir müssen mal Konsideration generale mal auf den Weg in den 3 Büros. Und das ist das ganz klar ein finanziell. Ich meine, so ein Projekt als den größten Impact auf die Gemeindefinanzen, muss ich wissen, durch Corona-Krise sind Subventionen, die die Gemeindequoten angebracht. War vielleicht nicht gerade so schlimm wie gefährdet ging, als mit der Sonne nicht drüber. Dafür ist das ein absolut wichtiger Punkt, wo ich ganz klar muss in den 3 Büros auf den Weg gehen, dass sie erstens mal chiffrieren, wirklich, was ihre Projekt am Globalen soll kosten an. Aber auf der anderen Seite müssen sie auch ganz klar können durchlegen, wie sie die Passage können von den Projekten machen. Das heißt, ob es wirklich möglich ist, an ihrem Projekt zum Beispiel die ersten Teile von einem Kulturzentrum zu bauen, an einer späteren Etappe einen Teil von einem Scouten oder von einer Extension von der Gemeindeverwaltung. Also wirklich, dass sie können durchlegen, was möglich ist, an wie viele verschiedene Phasen das kann in einer Deal gehen, an welchem Zeitraum die Phase können realisiert gehen. Und dann habt ihr eben noch, was kostet alle Einzelphasen, was kostet im Prinzip auch alle Einzelgebäude, für den dann du wirklich kann aufweihen, was den Sinn und Zweck ist, auch für dass die Projekte nochmal komparabel gehen, weil das schön an die eine Zeichnung an den 3 schönen Zeichnungen an die einen kostet aber der Doppel von der anderen, ich meine, das ist ein Faktor, den nicht kann außer vier lösen. Also das ist eine echt generelle Konsideration, die unbedingt muss erkannt geholt gehen. Ich meine dann, besonders das, was für uns wichtig ist bei den 3 Projekten, wo ein Mensch sollte auf den Weg gehen, das sollten Konzepte von der Ökologie, von der Ökonomie zirkulär berücksichtigen. Das heißt, du warst Projekt zum Beispiel, den die Mensch viel an seiner Deskription darüber Wert gelöst wird, zu erklären, inwiefern ein alle Gebäude kann mit an das Projekt integrieren, so dass die nicht alles muss aufrappen und neu abbauen. Ich meine, du hast den nächsten Projekt, den das relativ gut erklärt wird, oder wen das Kind durchstellen. Und ich meine, das ist ein Aspekt, wo ihr sollt als Abforderung mal auf den Weg gehen, dass ihr seht, lädt euch durch, wie war ihr wirklich muss etwas aufrappen, was nach eventuell vom Bestand hier gut ist, aber ihr könnt integrieren, auf wie war ihr nicht könnt erhalten. Respektiv, es gibt bestimmt auch Gründe, wie war den Heinz, du auf verschiedene Projekte etwas muss wegschrappen, und dann soll ihr das dann durchlegen und eben noch erklären, inwiefern ihr das dann kann so umweltgerecht wie möglich machen. Ein anderer Punkt, den ich immer ein bisschen bedenken gemacht habe, das ist die von der Topografie von der Kircheplatz. Ich meine, jeder weiß, dass der Kircheplatz eine relativ Topografie hat, die von der Straße rauf geht bis unten bei Schienen. Du siehst verschiedene Projekte, wo das nicht immer so genau erkannt wird, ob das immer so respektiert wird, als wie die Topografie vom Terrasse. Das wird auf den Fotos immer ein bisschen alles so eben ausgesehen. Ich meine, du musst noch ganz klar verlangen, dass die Projekte ganz klar durchlegen, inwiefern da wo die nivelliert sind, respektive wo Treppen müssen kommen, weil das ja unter anderem einen Impact hat auf die Accessibilität, notamment für behinderte Leute und so weiter und so fort. In diesem Kontext meine ich mir auch, dass den Souterrains-Parking auf der Kircheplatz selber, den dann auf ein Niveau an den Boden gedonnert gehen wird, immens viel verbunden ist mit bei dem Aushieven, weil am Anfang nicht den umweltgerechten Standards entspricht. Also ich meine auch da soll eine Rekommendation rausgehen, dass ihr seht, soll ihr so viel wie möglich wirklich mit der Topografie vom Terrain schaffen, für das optimal auszunutzen. Dann, ich meine, der Punkt von der Sichtbeziehungen, das ist für uns auch absolut wichtig. Ich meine, Gilles hat gerade auch schon gesprochen, die Kirche ist ein zentrales Element von unserem Dorfkern. Und ich meine, da muss ich absolut viel gesehen, das waren alle bei den 2 Projekten, hauptsächlich wo ein Gebäude auf der Kircheplatz viel gesehen hast, dass du ganz klar durchgelöscht wird, wie
dort sich Beziehung nach erhalten bleibt auf der Kircheplatz. Also habt ihr schon von der Straße raufgeführt, wie das dann durchstellt. Dann als der letzte Punkt, wo wir gesagt hatten, das ist eben das Projekt, wo das Kulturzentrum oder hauptsächlich wo einfach die Gebäudelöschquote soll feststellen, wo man echt ein größeres Volumen von Trafik kann sehen, notamment von Leuten, die in anderen ausgehen, mehr auch von den Autos, die parken. Und ich meine, da waren wir der Meinung, dass mir echt ein Projekt, den auf der Seite von Hannah Thomas realisiert wird, wenn den dann immens viel Nuisance für die Quartier da Matze sprengt, wo ganz viel Parkproblematik auch werden entstehen. Die sind mir mehr kritisch als Präferenzwähler gewirrscht oder leider gibt von den 3 Projekten, der sie zurückbehalten. Für uns wäre das absolut eine Option gewirrscht für den Centre kulturell Empfang, handelt die aktuelle Gemeinde zu setzen an der Prolongation mit einer Extension von der Gemeinde, do an Talue raufzufuhr bis bei Chinen. Also wir mengen, dass da absolut eng Platz gewirrscht wird, die ihn hätte können berücksichtigen und das ist auch ein bisschen als Invitation, also in all die Büro, wenn sie ein gewähltes Projekt mehr fundamental überdenken, für die vielleicht mal auf den Weg zu hören. Voilà, ich meine, das war ein Avis, wie man am Januar geschrieben hat. Ich meine, wir hatten schon nur geschrieben, 400 Sitzungen, wir geben noch Nenker an der nächsten Woche dann Nenker zurückkommen, für nach weiter Konsideration zu gehen zu den letzten Developmenten. Weil der am Anfang eine Überraschung für uns war, dass das so haut aufgelaufen ist, wie du aufgelaufen hast. Gut, voilà, merci Serge, auch dir. Ich meine, wir haben immer gesagt, wir geben die Leute froh, wir geben eine Gemeinde oder noch eine froh. Das ist klar, wir hatten gemeint, wir geben noch sehr viel kommen den Avis. Ich meine, nächste Woche haben wir 14. eine Gemeinderatssitzung, wo dann, wenn er etwas will suchen, das gerne auch dann halt gesagt gehen, dass wir dann auch noch können am letzten Moment dann mal in die Jury weitergehen. Ich meine, das Kolloquium ist den 19. und 20. Und das ist wichtig, dass jeder ehrlich sieht, ohne am Vorfeld doch mengen ich da die Resultate. Ich meine, das ist nicht im Gemeinderat Resultate zu analysieren auf in der Bürgerbefragung. Ich meine, wir wollten von allen Fraktionen haben den Durch, dass sie wirklich so so gesehen mir dass wir 10 Leute diskutieren, dann seht ihr mehr als die Fraktion. Wir wollen mir sehen das mal so. Ich meine, das ist wichtig, ein Avis, den wir dann matholen können, den die Jury kann matholen noch weiter für den verschiedenen Kandidaten zu gehen. Claude, da gebe ich dich invitieren à la Position kurz 40. Ah jo, die Greg, pardon. Geht 4 L. Gut, dass du dich fierst. Pardon. Nora, dann darfst du. Merci. Also die Geringschätter begrüßen, weil für uns fängt der Weiß, wenn dieses Projekt für den neuen Durchkehr-Eurogang ist. Also an alle Beteiligten ein großes Merci für Ihr Erfahren, dem Ingenieursbüro, dem Jury, den Partizipanten vom Urbanistenkonkurs, alle Bürger und Vereine, die aktiv mitgeschafft haben, die Gemeindebeamten und vor allem dem Service Technik, die viel Überstunden für dieses flotte Projekt gemacht hat, für unsere Urbanistin, Madame Veles. Das Projekt war zu allem Moment transparent und durch Bürgerbefragung konnte jeder seine Ideen mit abfließen lassen, seine eigene Meinung ausdrücken und Vereine konnten ihr Besoin mitteilen. Wir wollen nicht einzeln auf die 3 Projekte angehen, mit einfach die Punkte abzählen, die für uns primordial sind. Und das ist auch klar, dass in den Kostenpunkt berücksichtigen permanent am Anhalten soll. So wird die Möglichkeit, Platz auf verschiedene Phasen umzugestalten, also die Kosten auf mehr Jahre zu verteilen, für eine größere Verschuldung zu evitieren. Die Projekte, die zurückbehalten sind immens interessant, und auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen hin feilen muss, ein paar Sachen verbessern muss gehen, aber sie sind im richtigen Weg, für uns neuen Dorfkern mehr Menschen und Natur zu gestalten. Der Mensch, Mobilität dus und die Natur sollen am Mittelpunkt stehen, und nicht das Auto und den Asphalt. Leute sollen Lust kriegen, sich am Dorfzentrum abzuhalten, zu treffen und sich auszutauschen. Und das an einem geringen Dorfkern, wo man sich am Schild von der Beam auf einer Bank sitzen kann und kann sich auf einem Spielplatz oder einem Sprungboard mit Wasserspielen austoben können. Viel Grings, farbige Blumenwiesen, Hecken und Bäume soll für ein agrarable Mikroklima und für Biodiversität sorgen und den Insekten und kleinen Tieren einen Lebensraum bieten. Gemeinschaftsgärten und andere Gemeinschaftsaktivitäten wie Pétanque, Schüttertreff sollen die Leute zusammenbringen. Lokal kleine Kommerzen, Restaurant, Café, Centre Medical und eine flotte lokale Markt sollen Sozialkontakte verstärken und die Leute urgen,
sich auf der Platz zu treffen. Mobilität dus soll Priorität kreieren, Velosphäre und Spazierwege besser ineinander vernetzt und ausgebaut gehen. Die Anzahl von den Veloständer soll die von den Autosparkplätzen weit übertreffen, und die Versicherung vom Boden soll reduziert sein. Die Hauptstraße mit dem Berufsverkehr lässt sich schon leider nicht kurzfristig lösen. Umso mehr wichtig ist ein gut erkennbar Zone 20, ein Shared Space auf dieser Platz zu kreieren, für den Fußgänger und Velosfahrer Vierrang an ein bisschen mehr Sicherheit zu gehen. Was die Anzahl von den Wohnungen betrifft, soll ihn am Rahmen von dem gewünschten Wachstum von 1,7% bleiben und auf Alternativwohnungsformen zurückgreifen. Nicht mehr Wohnungen für ein paar Leute, mehr Leute an neue Wohnformen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, von intergenerationell über die Kollokation, Studentenwohnungen, mehr auch Co-Housing, Clusterwohnungen mit einem kleinen privaten Bereich auf viele verschiedene Großgemeinschaftsräume, die so Sozialkohäsion und Zusammenleben fördern. Und es ist auch klar, dass die Gemeinde vergrößert muss gehen, genauso wie die Scouten, die mehr Platz brauchen. Der Jugendclub darf nicht vergessen gehen und der Pompiesbau kann neu verwehrt gehen. Da sollen natürlich die Meinung von den konzernierten Frauen ihre privaten Espace respektieren, also weit wie möglich ihre Doléances befriedigen, ob die nämlich erderweise wie die Besoin von den Vereinen am geplanten neuen Kulturhaus mit auflösen. Was das Kulturhaus betrifft, muss ihn sich natürlich auch am Hannerkap behalten, dass ihn größt so plant, dass es dem Wachstum von den Anwohnern und par conséquent auch von den Vereinen an die Jahre gerecht wird und nicht nur 10 Jahre nur zu klein ist. Ob er auf der anderen Seite von der Hauptstraße steht oder nicht, soll das Gesamtbild bestimmen. Wünschenswert wäre auch, dass das altgemeine Gebäude erhalten bleibt, weil es ein Teil von der Schütter Geschichte an den Nöbel von dieser Platz ist. Zusammen mit der Kirche und dem Kirchfest sollen sie harmonisch an diesem neuen geringen Dorfkern zur Geltung kommen. Ob wir ein Aussichtsgebäude brauchen oder nicht, sollen die Bürger entscheiden. Wichtig ist, dass das ganze Projekt von 4 bis Hannen nachhaltig und innovativ geplant wird, wo Ökologie, Energieeffizienz, Rehwasser und Abfallmanagement selbstverständlich sind und nie vergessen gehen. Es ist uns bewusst, dass die Realisation über die Jahre an verschiedenen Etappen wird fertiggestellt gehen. Wir freuen uns schon an nicht allzu weiter Zukunft, viel Matbürger zu Fuß oder mit dem Velo am neuen Bürger an naturfreundlichen Dorfkern zu treffen und mit ihnen gemeinsam Zeit zu verbringen. Merci. Merci Nora. Claude, dann darfst du dann aber. Merci. Also mir Nora als Position aber schriftlich festgehalten. Ich hatte damit Nora geschickt, das war nicht am Januar, wie das Herr schon so. Am Januar hatte ich nicht all die Informationen, die hat man auch verloren. Nicht, ich meine, den Höher von den Versammlungen, die mit dem Komitee von den Vereinen waren. Ich fand das doch ganz richtig, dass der Dialog noch immer da ist. Da den Informationen nicht mehr viel die Projekte zu bewerten, als das, was wir gemacht haben, war das doch eigentlich noch nicht so wichtig. Aber ich will mal nicht aufhören, dass vielleicht die Approche, die wir geholt haben, überhaupt so Konkurs zu organisieren, für uns als LSAP, aber die absolut richtig war. Und ich gebe für den Gemeinderat aber nicht felicitieren, dass wir auf den Weg gegangen sind. Ich denke, wenn den so Projekt möchte, ob das nicht ein Kulturzentrum ist oder ganzen Aménagement von einem Dorfkern, dann ist es evident, dass du nicht alle Menschen dieselbe Meinung und dieselbe Position hat. Dass man hier aber am Kader von dem Konkurs auch schon für den Cahier de Charge aufzustellen, die Workshops gemacht haben, also einen strukturierten Kader geboten haben, den der möglich huet einen konstruktiven Dialog zu feieren mit all den Leuten, die ich gemeldet habe, um mitzumachen, wo aber meiner Meinung nach et fertigbrot an erlaubt, für dann eben die verschiedenen Positionen auch zu rekonciliieren oder zumindest aber aufzuschwächen und die Leute dann aber zu summen mit den Cahier de Charge ausgeschafft haben. Lo haben wir dann natürlich auch schon ganz flott Solutionen präsentiert gekriegt. Und ich meine, das möchte ganz viele Opportunitäten für unseren neuen Dorfkern. Das gesagt, also aber kein Projekt dabei, den perfekt ist. Und dafür ist dann die zweite Phase von diesem Konkurs, nämlich die Concertation rémunérée,
eben nur so wichtig, dass eben die drei, die vom Jury zurückbehalten sind, auf Basis von den Questionären, die Bürger dann ausgefüllt haben, auf Basis von den Kommentaren, die die Jury wird machen, aber auch auf Basis von dem, was wir dann den Abend festhalten oder als Avien aufgehen, können verbessert gehen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir so auch in die richtige Richtung kommen und das Projekt noch besser werden gehen und alle Besucher werden aufgedeckt sind. An diesem Kontext also als Avien zu den verschiedenen Projekten, wollen Sie da rein, so wie sie chiffriert sind, das nächste Projekt, wo ich kann vielleicht sagen, dass der starke Punkt von dem Projekt vielleicht auch gleichzeitig der schwerste Punkt wird können sein. Und zwar bündelt dieses Projekt den CR 132 komplett mit an der Idee von Shared Spaces, dass er just noch annimmt gehen, wie es in einer Gemeinde gibt. Und das ist am Anfang aber die Idee auch gewünscht für mit dem neuen Aménagement eine Plus- und Lebensqualität auch für die Riverains von der Platz zu kreieren, auf das vor allem durch mehr ruhigeren Trafik, weil wir wissen ja, wenn der Trafik ralentiert wird, dann haben wir mehr Comedy, wir haben mehr Pollution und wir haben natürlich viel mehr Risiko für Accidenten zu haben, aber wenn da Accidenten sind, sind sie viel mehr grave. Durch die Situation kann sich natürlich vorstellen, wenn Manifestationen sind, die so gut auf der Platz wie am Centre kulturell oder Maison de la Culture oder so weiter sollen funktionieren, ob das dann möglich ist mit einer Straße, wo Verkehr drüber ist. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, bei ganz großen Manifestationen auch diesen CR 132 eventuell stundenweise zu machen, an eine Umleitung zu machen. Aber das ist sicher nicht allwoch der Fall und das wird sicher für rare Evenementen der Fall bleiben. Was das Volumen von dem Centre Culturel geht, muss man einfach auch feststellen, dass es immens viel Potenzial hat. So kann man zum Beispiel sich ganz gut vorstellen, dass so Gebäude nicht an enger Phase, mehr an mehr Phasen realisiert wird, das heißt, wir haben Extensionsmöglichkeiten. Und das ist eigentlich das einzige Projekt von den drei, den das hier gibt. Dieses Volumen hat auch Potenzial für eine andere Funktionalität, wie das bei so Projekten immer ist, wo man heute nicht drüber gedacht haben, die vielleicht nicht genau definiert sind, oder die noch neu dabei kommen, für die dann aber nach innen zu bringen. Wie gesagt, die Experience weiß, dass das bei so Projekten oft der Fall ist und dass man da froh ist, wenn ihr nach Platz hat, für etwas zu vergrößern. Dieses Volumen wird auch das Licht machen, für zum Beispiel eine Struktur der Restauration innen zu bringen, weil ein Restaurant oder Bistro als ein Schlüsselelement für soziales Leben auf der Platz zu animieren und schwätzen nicht von der Animation, die auf Nopre vielleicht mehr negativ Auswirkungen hat, mir wirklich, wo die Leute können sich treffen, auch wenn nicht etwas besonders organisiert, dass die Leute vielleicht 4 oder nur ein Event nach können zusammen bleiben. Und auch da gehen Beispiele von anderen Gemeinden, dass das wirklich ganz flott funktionieren kann. Natürlich, der Punkt, das auch schon angesprochen geht, die Architektur von diesem Gebäude, also vielleicht nicht immens funktionell, und hat auch vielleicht nach Schwächen im Niveau vom Charme, und da bleibt sicher eine Verbesserungsarbeit zu machen. Dann gesagt, das Projekt hat auch ein Pavillon 4, und das scheint aber trotzdem immens praktisch zu sein. Das gesagt, noch zum Beispiel zu Remisch und Green, wo da nicht muss für dich mal Zelt oder Buden abrichten, aber wo ich kann für ganz viele Manifestationen, weil Basisequipment, das ja auch immer dasselbe ist, was der braucht, für dann sehr Getränke zu verkaufen oder eine Lichtrestauration zu machen. Also da könnt ihr schon mal so eine Infrastruktur das ganz viel mit praktisch machen. Kann ich sich auch vorstellen, über die Konsequenzen von einem Achse an den Park ging, am Lotissement hinter Thomas, was bestimmt nicht ohne Nuisance für die Nachbarschaft aufgeht. Wie gesagt, muss man sich vorstellen, ob das so optimal gelesen ist. Mais generell kann ich sich vorstellen, ob Aktivitäten von einem Centre kulturell mit einer Zone d'Habitation kompatibel sind. Und ich meine, müssen die nötigen Mesuren noch getroffen werden, für das es einfach ein ruhiges Quartier bleibt und die Leute, die da wohnen, akzeptabel, weil sie da generiert gehen, dass das akzeptabel ist.
Was das Projekt gut fertig bringt, also noch das Patrimoine von der Gemeinde en Valeur zu setzen, notamment auch eben Kirche als historisches Monument, und noch das Stil de Commemoration, die kriegt einen Flottplatz, und wird auch revalorisiert. Auf der anderen Seite wird Platz durch die Geringstreif an zwei geschnitten, an zu viel Trappen für den Nivelle zu rattrapieren. Das erinnert trotzdem aber wenig an die Situation, die wir heute schon haben. Ob das die optimale Lösung ist, auch das müssen wir vielleicht nicht überdenken. Dasselbe ist für Personen in der Mobilität reduziert und die vielleicht noch nicht genug gedurcht gibt. Also etwas, was darüber an unserem Projekt ein Schwerpunkt ist, an wo ich muss eine besondere Attention dann aber auch haben, dass auch das später optimal gelöst ist. Was die Administrativgebäude angeht, da scheint die Extension von der Gemeinde ganz gut gelöst zu sein, an ob die später Besoin, die da können entstehen, orientiert zu sein. Das ist trotzdem schön, dass das Gebäude, wo dann eben heute Geschehen dran sind, verschwindet, zum Mutsumadrecht rezent renoviert werden. Was natürlich bei der Renovation noch nicht gemacht ist, das war eine Renovation Energetik. Und auch verschiedene organisatorische Probleme haben wir heute immer noch, dadurch, dass dem zwei Gebäude sind. Vielleicht muss man dann den Verlust von dem Investiment der Kauf wurde für ein besseres Konzept zu haben. Nur als Meinung als Verwendung von der Kaserne, der Pompiers-Kaserne für Scouten an den Club de Jeunes auf seiner Platz bleibt, aber mit der gemeinsamer, zum Teil gemeinsamer Außeninfrastruktur als gut gelöst. Und nur natürlich hören, dass vielleicht die Vereine da einer Meinung sind, aber Plan zumindest gesagt hat ganz flott aus. Und Scouten behalten ja immer nach ihrem Bereich auch den damit aufgetragen, dass wo sie hier Aktivitäten haben, die spezifisch auf Scouten zugeschnitten sind. Ganz flott ist auch der Park den Kirchepart, den es dann noch erlauben wird, das Patrimoine vegetal zu erhalten und auszubauen, und notamment auch vielleicht Obstbäume zu pflanzen mit Obstsorten, die an dieser Gemeinde einheimisch waren und die dann heute vielleicht nicht mehr so gehen. En Contrepartie haben wir natürlich ein Manko an Parkingsplätzen, zumindest für Kurzdauer, was ja aber wichtig ist für die Kommerzen, die rund um die Platz vielleicht sind, und natürlich auch alles, was Profession liberal ist, wo so Plätzen für kurzzeitig können stehen zu bleiben am Auto, aber ihnen enorm wichtig sind. Auch generell müssen wir gucken, ob es genug Parkplätze gehen, weil auch wenn Mobilität wird zuholen an noch immer mehr Leute zu Fuß am Velo werden kommen, bleiben aber Manifestationen, wo ein großes Zahl von Visiteuren dann aber am Auto könnt, und für dann aber dort chaotische Situationen zu vermeiden, müssten wir aber auch in Zukunft nach genug Parkmöglichkeiten haben. Da käme ich zum zweiten Projekt, wo der starke Punkt von diesem Projekt bestimmt der Binom aus dem Belvedere und auch der Parkingsplätzen. Das ist ein Projekt, das ja auch wichtig war, eine Plattform bietet für voller ganz vom Siedal zu profitieren, an denen ein stark rekreativ Walle hört, an natürlich als ein wunderschöner Siedal hervorhebt. Den Aménagement von der Platz der Gegend den ass net ganz ausgeschafft als Meinung no, an och schenkt Platz relativ klein zu sein. Dafür wichtig Objektiv von enger Platz, die lieft, enker 40 hier an die doch möglich möchte für all die Manifestationen, die wir als vier stellen, von März über Grillfester an Schwesnetfahrt, alles das, was am Anfang haut op diesem Sit zumindest beschuf lebt, dass man das dann noch da können aufhalen und dass das weiter so flott funktioniert. Die Terrasse, die vier gesehen hast beim Centre kulturell, ist natürlich ganz flotten Point d'Attrait, an die erlaubt dann natürlich ich komme darauf zurück, ein Restaurant ganz einfach zu integrieren, weil wir schon gesagt haben, dass aber wichtig ist, für das Leben auf der Platz zu boosten. Was an dem Projekt unerflot, also ich meine, dass das Centre kulturelle gewisse Kader bietet für Platz.
an gleichzeitig auch eben de Wied, den durch den Nivelle einfach natürlich entsteht, zu benutzen. Muss aber oppassen, dass man eng Centre kulturell op der Platz dann effektiv kein Potenzial mehr hunn fir nach zu vergrößern. So kann es sich vorstellen, ob dann Profsaal für Musik, den Anolo sollten vielleicht mir groß nachgehen, an der Infrastruktur eng Platz fand oder ob aber vielleicht muss eng einer Lesung sichern, also schmengen Profsaal neuen gött gebraucht, der soll Musik auch kreen, froh einfach, ob man dann am Centre kulturell do der richtige Platz sind, mat der Musiksaal wat zech Avantagen huet, mir wat auch Desavantagen huet, oder ob bei einer Platz zum Mod van et Platz knabbers dann awer net besser logéiert das. Och schein da is wichtig an schmengen noch da dat nowen schon pu Modulen gedeiht gin, dats de Club de Jeune awerrechter an enger Baptiste bleif, die d'Ambiance wo sie auch sichen Rëm spiegelt. Ich menge dass dat am Gebäi vun der Gemengen net unbedingt der Fall wie an so wie am Kai de Schachung stung soll den awerfleichcher do dann awer eng Soluioun sichen Typ Chalet wie de Club de Jeune haut noch schon huet. Och schon wie beim mechte Projekt muss non enke iwwerdenken all über die Personen, die eben sech manner gut können fortbewegen, dass brauch do die neigch Soluioen zur Verfügung stellen. Wat flott bei dem Projekt ass, dat die zwe Nësserten am Lotissement in der Thommese Halle bleiwen, och dat sind Detailer die Qualität vun engem Projekt ausmachen. Die Integration vun de Wohningen scheint da och ganz reüsiert ze sinn. Et sind Villwohningen an Gemeng als proprietär vun dem Terra, froh die also in sich muss stellen, als kann Gemeng de Projekt leng realisieren oder brauch se einer Partner, öffentlicher oder Privatpartnerin für so groß Wohnungsbau, so ein groß Unzahl von Dingen zu realisieren. Auch muss sich dann vorstellen, wat dort Misance sind, ob die bestehenden Wohnkartier, weil auch war Wohnungen mat engem Wohnkartier meistens am besten kompatibel sind, wann dann aber ein großer Envergeur hört, so wird dat auch Negativfaktoren op die Leute, die schon, op die Wohnungen, die schon do sind, und auch dat vielleicht muss ich konsideieren. Auch den Croissance, die selber gehen zu schëtter 1,7%, muss do bedenken, ob dat net zu groß ist. Ich meine noch da, dass vom Gilles schon den Nowen gesot gehen. Selbe am soziale Wohnungsbau, ich meine, ob dem viel Wert lehen, an den noch ganz wichtig ist für als Gemeng. Muss aber so, dass eine gewisse Mixität braucht. Man muss noch gucken, wie das an so einem Projekt respektiert geht. Maison Medikal direkt um 232 schenkt da von der Accessibilität auch nicht optimal zu sehen. An die wäre vielleicht besser an einer Zone, wo es mir ruhig ist, was den Verkehr geht, weil durch den Objekt von einer Maison Medikal also eben einen größten Kost kommen erfuhren do ugesot an Schmenge wann muss op den 232 rausfuhr wesinn, dass dat zeitweise auch net ganz einfach ass an Schmeng Musch an so eng problematisch Situation im Niveau vun der Abdikt war der wo du erkennt, dat durch die netsch Mekete fir ze stationéieren empfehlen, och dat miss dann ha konsideieren. Muss ich vorstellen, ob die BM, die H4 gesinn an dem Projekt lachten 232, ob dat durchgeht, fir die Situation vom Verkehr zu bereuen und ob net nach einer Evaluierung muss gefordert gehen, an einer mesure getroffen gehen. Und bei diesem Projekt scheint das aber Unzahl von den Packungen heich an auch müssten noch durchgehen für das Projekt. Den Emplacement als letzter Punkt für das Projekt von der Stille de Commémoration schenkt für uns auch müssen über durchzugehen an vielleicht müsste ich mehr einen Flottplatz fanden wie die Lo 4 sind. Was ein dritte Projekt geht, ich meine, du hast Natur Majeur, die große Platz, die eine große Superficie hat und auch eine große Flexibilität bietet, was die Utilisation geht. Gleichzeitig muss ich aber gucken, ob den Centre kulturell die nächste Superficie hat, weil die scheint par rapport zu den anderen zwei Projekten aber Männer zu sind. Auch hier erlaubt das Centre kulturell Platz zu enkadrieren. Und auch da als der positive Punkt ist, denke ich, dass eben der Nivelle zwischen dem 132 und dem Niveau von den Gemengen, heutigen Gemenge Gebäude
durch das Gebäude ausgefüllt wird, was man dann eine gute Solution ist. An diesem Projekt schenkt uns die Kombination von Holz und von Glas architektonisch eine gute Lösung zu sehen und sieht auf jeden Fall auch schon ganz flott aus. Die Idee vom Kiosk ist auch ganz sympathisch, weil du mal eine festliche Ambiance kreiert und das ein zusätzlichen Punkt, den uns sieht. Aber natürlich können so ein Kiosk aber verschiedene Manifestationen generieren und müssen sich vorstellen, für was für eine Utilität diese Kiosk könnte gebraucht gehen. Der Parking ist groß an diesem Projekt, mit d'entrée für die Fußgänger leider aber matzen an der Platz an schneide bisschen die Platz an zwei war de bisschen schuld das. Auch d'entrée für an den Parking souterrain mit den Auto zu fahren kein penibel sind, weil nächstes Mal ein ganz hohes Pont hat, was ganz hohe Stützungsmauern bedeutet. Und auch am Wand da wissen wir, dass so ein Pont nicht unbedingt optimal ist. Ich könnte das selbe Problem, da muss ich auf den 232 rausfahren. Und auch da muss ich bedenken, dass das, wenn ich aus dem Niveau rauskommt, vielleicht nicht immens einfach ist. Und dieses Projekt hat ein flotte Parking für die Velo gesehen, was absolut eine gute Idee ist. Mehr Leute ein bisschen abseits und müsste vielleicht mehr einen Zentralplatz für den Velosparking. Den Emplacement von der Stil die bleibt auf der Platz für die Haut aus und ich meine, dass das Stil nicht valorisiert und zum Mozart-Modul und ein Gebäude ein höchstes Gebäude draufsetzen, dann geht das vielleicht noch mal favorabel. Was die Extension vom Gemeindegebäude geht, scheint das nicht ganz funktionell zu sein. Das Konzept von der Veranda war für uns nicht nur zu verzeihen. An dem Punkt von dem Projekt müsste unserer Meinung nach überguckt gehen und das Leitmotiv müsste sehen, dass wirklich funktionell an ein Gebäude konzipiert wird, was serviceorientiert ist. Der Club de Jeunes an der aller Pompiers-Kaserne, das scheint für uns demesuriert zu sehen, an auch der Volumen, der für den Scouts-Home vorgesehen ist, scheint das auch enorm groß zu sein. Da riskieren wir immens Kaschen zu holen, und da fehlt mir eigentlich ein bisschen ein richtiges Konzept. Was man natürlich felicitieren, ist die Idee von einer Residenz für ältere Leute. Da muss man natürlich auch prüfen, wie das par rapport zu den Masskritiken, da sind immer das Problem an die Fragen, die wir uns stellen, möglich ist, für dass so eine Struktur funktionieren kann. Und auch die Idee vom Co-Housing gefällt uns natürlich gut. Die Idee müsste noch developiert gehen und noch präzisiert gehen. Ich denke, ganz generell scheinen uns die drei Projekte ziemlich äquivalent zu sein, was das Pass de Verdure geht und auch was die ökologische Approche geht. Und auf jeden Fall müssen die Espassen für uns erhalten bleiben, was die Superficie geht und noch die Qualität geht. Ich hatte schon gesagt, dass Espassen können wichtige Beiträge leisten, für unser Patrimoine vegetal zu erhalten, an gewissen Reservat auch für Espassen zu machen, die zu konservieren sind und an die Hautstoffe und Ausstoffe bedroht sind. Wie gesagt, wir wollen als Struktur von einer Restauration ist wichtig und das könnte ein zentraler Punkt vom Dorfkern sein. Und das, was wir alle wollen, ein interaktiv soziales Leben unterstützen. Das gilt auch für die liberalen Professionen und für die Kommerzen. Ich habe gesagt, das ist wichtig, dass wir den Verkehr beruhigt kriegen und der sanfter Mobilität Priorität geben. Das ist also noch immer die wichtigsten Punkte, die auf hier zu heben sind. Und es sollen nicht Wohnungen und Maison Medikal sein, die absolut Priorität tun, und das auf Kosten von den zwei genannten Objektiven. Wir sind aber weiter überzeugt, dass das die richtige Weg ist und dass wir, wenn der Konkurs fertig ist, einen Masterplan haben, den es ermöglichen, den politischen Responsablen Haut, aber auch nur die nötigen Guidelines zu geben, für das den Aménagement vom Zentrum von Schütter, was Besoin geht, was aber auch die Wünsche von den Bürgern geht,
korrespondéiert an dat an dieser schöner Gemeng. Merci. Merci Claude für den detaillierten Avis. An Serchte gebe ich dit wird dann auch für dann noch nach Position von der Schotterbierge einke kurz zu so. Ja, merci für das Wort. Ich gebe euch alle guten mit großer Freude folgende Stellungnahmen präsentieren, die das Gruppement von den Schotterbierger zusammen ausgeschafft wird. Als allererst begrüßen die Schotterbierger, dass den Urbanistenkonkurs für die Neugestaltung vom Dorf Kehr von Schötter über die letzten Jahre von den Chefen an Gemeinderat an einer transparenter und partizipativer Erderweise durchgeführt gehen ist. Alle als Bürgerinnen und Bürger, wie auch all als politisch Responsable, hatten Möglichkeiten für von Anfang von der Prozedur bis zum aktuellen Stand aktiv mitzuwirken, an ihre Meinungen zur Erneuerung vom Zentrum auszudrücken. Wir sind auch ganz froh, dass für den Konkurs die Jury mit ganz kompetenten, unabhängigen Leuten vom Mädchen besetzt gehen. Und dass auch alle Lokalparteien und Gruppementen an diesem Jury vertreten sind. An einer ersten Phase sind 3 Projekte selektioniert, die mit ihrer unterschiedlichen Architektur an Raumabteilungen den Herausforderungen vom Urbanistenkonkurs auf hier Erderweise gerecht gesehen. Die 3 Projekte weisen, was auf der disponible Fläche realisiert wird. Sie haben allen 3 Stärken und Schwächen. Und sie werden auch, wie viel gesehen, nach ein Kehr überschafft gehen. Wir wollen nicht am Detail auf die einzelnen Projekte eingehen, mehr sicher mehr allgemein halten. Ein wichtiges Element am Kader von der Realisation vom neuen Dorfkehr sind natürlich die finanziellen Moyens von der Gemeinde, von denen es auch wird aufhängen, wie sehr die einzelnen Phasen realisiert können gehen. Als Schotterbierger, also da ist dafür wichtig, dass die 3 Büros an der nächsten Phase auch eine Kostenberechnung auf Basis von den Kubikmeterpreisen vorlegen. Für das Gemenge verantwortlich eine Idee von der Budgetsenveloppe kreieren, von der wir bei den jeweiligen Entwürfen schwätzen. Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir hier an einem Urbanistenkonkurs sind, aus dem ein Masterplan soll hervorgehen, was für Gebäude wo am Dorfkehr entstehen soll. Die architektonische Planung von den verschiedenen Gebäuden wird an einer zweiten Phase an enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzern geschehen. An dem Moment werden wir sehen, was für Kosten wir definitiv hinsteuern, aber was möglich ist. An dem Moment muss man uns zwischen unseren Besoin an dem Nice to Have entscheiden. Weil wir wissen alle, dass beim Equipment von einem Centre kulturell von bis kann gehen. Ein anderer ganz wichtiger Punkt für uns ist die Passage von der Realisation. Die verschiedenen Gebäude müssen können, so weit wie möglich unabhängig realisiert gehen. Und das Site muss auch permanent, ohne große Störungen, während der verschiedenen Bauphasen weiter funktionieren. Es ist auch wichtig, dass an der Weiterentwicklung von den Projekten klar definiert wird, was auf den einzelnen Plätzen und Aktivitäten stattfinden soll. Und es soll am Detail geprüft gehen, ob das durch die Konfiguration von der Platz auch möglich ist. Wir sind auch der Meinung, dass die neue Aktivitäten der bestehenden Kommerzen auf der Platz keine Konkurrenz machen sollen. Mais au contraire, das sollen ergänzen und unterstützen. Auch die Verkehrssituation ist für uns ein wichtiges Element an dieser Planung. Wir sind uns bewusst, dass wir den Verkehr nicht kurzfristig aus unserer Gemeinde herauskriegen und dass der Trafik ein entscheidendes Element
am Kader vum Beliewe vum neuen Dorfkehr ass. Die Realisation vun enger drischer Zone als eng gut Lesung an eiser Menung no wichtig, dat Projekten bei dieser Verkehrsberuhigung dem fair Rechnung drohen, dass das Platz op enger kleiner Kopf leiit, déi aus keiner vun den 2 Fahrtrichtungen optimal anzugesehen ass. Wir begrüßen, dass die neigeschärfe Platz autofrei soll sein. Wir sind aber der Meinung, dass ein paar Parkplätze für Kurzparker muss man da geplant gehen, für Leute, die just kurz etwas an einem von den Kommerzen oder den Services, die hier entstehen, zu erledigen haben. Des Weiteren ist es für uns wichtig, dass am Kader vom neuen Dorfkehr Mobilität dus mit integriert wird. An den 3 Projekten sind heute so zwar unterschiedlich, aber schon gut Umsätze zu finden. Als Sache Wohnungsbau sind wir klar für eine Mixität vom Wohnungsraum für alle Generationen. Die 3 Büros sollen hier Vorschläge machen, wo sie den Wohnungsbau sehen, auf was für Formen von Wohnungen, respektive was für einen Wohnmix sie hier proposieren. Am Kader vun der Realisation vom Wohnungsbau muss Herr no de Gemengerot eng Densitéit an eng Mixität festlegen. Das op Basis vun den Wustumskriterien, die sich am Kader vom PRG gin huet. Das Logementsprojekten können dann noch iwwer de Wee vun engem PHP Nouveau Quartier realisiert gehen, so dat auch die konzerniert Awohner am Kader vun der Prozedur hier Suggestionen mat abbringen können. Soll sich am Kader vun unserem Plan plus 50 ergin, dat mir weiter Wunnichte für eler Matbierger brauchen, gesie mir da auch gut an dem neuen lewigen Zentrum von unserer Flottergemeng. Mir gesehen, dat man am Urbanistenkonkurs gute Weh sind, als ich froh, dat man als Schötterbierger nieften Awohner von dieser Gemeng an unsere Kollegen aus dem Gemeng Rot an dieser Phase nachher konnten ein paar Remarken mal auf den Weg gehen. Wir sind aber ganz klar der Meinung, dass dem Jury, der mit Experten aus allen Sparten besetzt ist, seine Aufgabe ist, für den 3 Kandidaten die nötigen Informationen mal auf den Weg zu gehen, für das wir an der nächsten Etappe Projekte präsentiert kriegen, die den Vorstellungen von den Schötterleuten entsprechen. Aber neben dem Lastenheft vom Konkurs, an dem ja alle Themen wie Wohnungsbau, Umwelt, Sichtbezug zum Seedal und so weiter dastehen, und Kandidaten auch Lot aus so von unseren interessierten Anwohnern, von allen Parteien und Gruppierungen aus dem Gemengerot Matgrot. Dabei kommen ja rezent noch ein paar Präzisionen von den Schötter Scouten an der Schötter Musik, so dass Kandidaten en toute connaissance de cause können über Zimmermeint und vier gehen, für ihr Projekt am Interesse von unserer Gemeinde zu finalisieren. Voilà, das soweit zum Statement vom Gruppement von Herrn Schötterbierger. Merci auch von unserer Seite und alle guten Akteuren, die bislang im Projekt vom neuen Dorfkehr für Schötter mitgewirkt haben. Voilà, merci. Merci Serge. Voilà, ich meine, wir haben hier ein bisschen seine Position durchgelöst von uns hier rund um den Tisch. Ich ging so, wir geben nicht alle Guten auf jeden Fall mal hier die Präsentation von den Noven, ob der Site vom Gemeinderat sitzen, auch Texte von, ich meine, die Gilles Durat, ich schicke auch deinen Text dann ran, da gibt man die Text, also die Noventeil gesagt haben, auch ich auf den Site setzen und dann noch die 2 Rapporte von der Reunion, die man mit der Musik, ich meine, die man mit der Musik hatten, an dem man mit Scouten hatten, die kriegen auch, ich meine, das sind keine riesige Rapporte, die geben wir auch. Dann gebe ich proposieren, dass man dann, wie gesagt, die Jury, den kriegt ja auch all die Dokumente und dann, meine ich, aus dem Jury
dat dann auch in die verschiedenen Partizipanten weiterzugehen. Ich meine, Mexio hat, dass man einfach alle guten bisschen dieselben Elemente abgegrafen haben. Ich meine, den einen ist ein bisschen mehr an Detail gegangen wie den anderen, weil auch Sachen sind, die meint, dass sollten auch so, das können wir nach der 14. machen. Themen, ich meine, was das Budget geht, das ist ganz klar, dass man nicht unendlich Geld tun. Wat man jo schon mil angesot hun se vor enke muss gesot wat können die Sache kachten. Ich mein, diskutiert Grieeste vu Centre kulturellen an so dofir wiet schon net unwichtig fir dann noch Graf gesot zu kreieren, dat de Projekt gif soviel kachten. Fi lo awer eng enveloppe budgetär, do mat op de we ze gi, wo man so hat derf maximal so kachten. Ich mein dat Hëlle da is Nations dreck man do die verschiedenen Kandidaten an, da sind auch die so soviel kachtet kacht no awer dat dubelt. Ich mengen dat sind Punkten. Aber der Wohnungsbau geht das richtig dumm nicht gedrehen. Ich meine, du immer ja wo alle gut den durch eins, dass man am Kader vom Bebauungsplan festgelöst tun, wat de Wurst vu Schëtter soll sinn. Ich meine Gespräche na den Nähen haben auch gesagt, dat kann net sinn, dass den Zentrum do bis auf geht nicht mehr verbaut gött. Nëmme just fir do subventionierte Wohnungsbau zu machen. Dat soll net sinn, dat werde do net sinn, das ganz klar, dass immer nach der Gemengerot desideiert, wat do gebaut gëtt. De Gemengerot wird Klasse gin wat we vum Nouveau Quartier, da muss PHP-Prozedur gemerk gesiert wird, dass man enger Web bauen mat engem Promoteur, mat engem öffentliche Promoteur, wo wo immer de Gemengerot ganz klar definiert wat der gebaut. Ich mein, kann Apps bauen. Muss schon bewusst sein, dass der Tolo net Projekt an get mal alles verbaut, dat wird auch ich schloniert gin. Wie gesagt, ich mein, Lummer alles Zeit gesot. Ich gif eng Merci so näst de 14. Simreis Wall Regen definiert dovel so können man dat gerne reinke machen. Und ich meine die Jury alle Elemente an der Hand fir dann dat den 3 Kandidaten mat op de we ze gi fir dann hier Projekt zu optimisieren. A wie fir Dro gesot gin ass dat jo auch net die Lächtphase. Ich meine der Kommunike die 3 Projektre ginner enke ja präsentéiert, du kann de Gemengerot selbstverständlich och na enke se wie an dieser Form drwer gin. Ich mengen he immer op eng we wo gidrin awer alles soll mat da bringen wat um Herz leit an dann guck man wat sinnvoll kanns gin. Voilà, ich alle gut enke ganz große Merci all den Leiit, die aus de Bausen no geguckt hun, die mat gemat hun an dem ganzen Urbanistekonkurs bis lo große Merci an dann schönen Owen alle gut nach. Merci. So. Ah,